So. Warten wir ein bisschen leise. Muss auch immer eine Brille putzen. Erstmal vielen lieben Dank an Peter für die Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Danke. Servus Mara, Servus Gumi, Servus Ammu, Servus Kahn, Servus Oldschool, Servus Sini, Servus Ansolian und Servus Claudi und Servus Nordcom. Den Schock verdaut oder? Und moin Flali. Hustler Franz, ja, das passt gerade so ein bisschen. Servus. Briggs, Servus. Ach ja. Soll man sagen, ne? Was soll man sagen? Warum kommt denn da so ein komischer Sound, wenn hier ein Primey reinkommt? Mara, danke für den Primey. 2. Monat. Ansolian, Grüße zum allerersten Mal live dabei. Ja, dann kannst du was erleben. Man hört mich doppelt, das ist ja frech. Warte mal. Ist ja frech. Komm. Der Wild. Immer noch, oder was? Naja, erstmal Brille auf. So, warte, dann gucke ich mal. Aber der sollte eigentlich auch gestummt sein. So, Tab stumm schalten. So, solltet ihr mich nicht mehr doppelt hören. Ich habe sonst jetzt nichts mehr auf irgendwie. So, ich übersehe noch ein Fenster. Ich gucke mal eben. Ne, sollte passen. Eieiei, guck mal, noch niemals mein Fehler, ist ja wild. Jetzt live PKWH. Ja, machen wir gleich. Naja. Mal kurz guten Tag gesagt, geht der Viertel nach los oder was? Gucken wir mal. Warten wir so 10 Minütchen oder was, dann gehen wir rein. Gucken, was die... Ich meine, der arme Musiala kann ja eh nichts dazu sagen. Mal gucken, was der Tuchel heute wieder von sich gibt. Schauen wir mal. Muster Franks, vielen lieben Dank für dein Primey. Ich weiß nicht, warum da gerade kein Sound kommt. Sehr wild. Mal kommt da so... Muss ich nochmal schauen. Ich hätte einiges zu sagen. Ja, dann hauen wir mal raus damit. Morgen gibt es wieder eine Packung. Ach, mal abwarten. Wir gucken gleich mal, was der Tuchel so zu sagen hat. Weil du einfach keinen geilen Sound eingestellt hast. Recht. Doch, hatte ich ja. Ralf von Effenberg und Matthäus haben alle recht mit ihrer Analyse. Und wenn ich mir eben Ralf an, den möchte ich hier nicht hören auf diesem Kanal. Twitch ist alles gut, den Sound. Sehr gut. Niki, moin! Frankfurt 5-1 brauchen wir nicht reden, die werden morgen Klatsche bekommen. Gegen Stuttgart bekommen den Sack voll. T. Schmidt, servus. Kampfdampfer, jawohl, guten Morgen. Der Kloerschmied, servus. Das ist nah, grüß Gott. Aber Sachen machen, ist ja frech. Ist ja frech, ey. Ja, 5-1 war wild, ne? War wirklich wild.
Weil man kann ja mal verlieren, man kann ja auch mal 5-1 verlieren, aber die Art und Weise war schon wild, ne? Die war schon echt. Ich meine, wir brauchen nicht, können gerne nochmal die Choupo-Moting-Aufstellung durchgehen, aber dann haue ich hier irgendwann auch gleich den Kopf auf den Tisch. Vielleicht gewinnen wir am Samstag wieder 14 gegen Stuttgart, alles ist wieder in Ordnung. Ja, war auch so ein bisschen meine Hoffnung. Dann habe ich mir am Sonntag das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen angesehen und würde das kategorisch ausschließen, dass das passieren wird. Dafür war Stuttgart einfach zu stark, Alter. Sei denn, die haben mega rahmen schwarzen Tag und wir performen mal, ja, dann. Aber ansonsten glaube ich das nicht. Also Stuttgart war wirklich stark, Alto Belli. Wenn die so eine Halbzeit spielen, wie sie gegen Leverkusen gegen uns gespielt, wenn sie so eine Halbzeit gegen uns spielen, eieiei, dann wird das richtig rappeln. Ganz wild. 4-1 für Bayern gegen Stuttgart getippt. Eieiei. Wer hat die beste Verteidigung? FC Bayern! Naja, es wird ein schweres Spiel werden gegen Stuttgart. Kann ein interessantes Spiel werden, ja. Wie gesagt, die spielen halt Fußball, ne? Als Mannschaft. Also all das, was wir nicht tun. Schon wild. Man muss echt sagen, dass Harry Kane eine Menge verdeckt. Wir haben eigentlich den fast jeder Mannschaftsteil außer im Mittelsturm riesige Probleme. Auf der 6, vor allem aber auch auf den Flügeln, auf den Außenverteidigerpositionen und in der Abwehr. Ja, damit hast du ja alle Positionen aufgezählt. Wenn der Neuer dann auch noch anfängt, so Eier reinzulassen, dann wird's wild, ne? Dann wird's wirklich wild. Aber ja, aktuell haben wir keine. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt. Ich habe ja vorhin auch Kommentare gemacht hier zu der Spielanalyse. Es ist halt wild, dass wir uns immer an den Gegner orientieren. So von unserer Spielweise. Und dass dann so ein Argument kommt, ja, wir mussten kurz vor Anpfiff nochmal darauf reagieren, dass die jetzt doch eine Fünferkette spielen und das hat die Spieler verwirrt. Ja, dann wird's wild, ne? Solchen Aussagen. Dann wird's wirklich wild, Alter. Na, der Champions League-Sieg ist ja Wurm drin. DFB-Pokal immer früher raus. Hohe Niederlagen gegen Gladbach, Leipzig, Frankfurt, wenig aufbäumen gegen drohende Niederlagen. Ja, habe ich auch gesagt, ist irgendwo ein bisschen menschlich, ne? So, wenn du mal guckst, die Jungs, die da gespielt haben, die haben 6 Titel gewonnen, das hat noch keine Mannschaft erreicht vorher beim FC Bayern. Die haben also alles gewonnen, was geht. Dass du dann vielleicht ein bisschen Motivationsprobleme hast, ist, glaube ich, normal. Menschlich. Da hat dann halt leider so der Verein ein bisschen versagt. Indem man die Spieler, die dabei waren und seit 1,5 oder den 2 Jahren wirklich satt wirken, einfach mal ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen, indem man Konkurrenz dazu holt, was wir ja teilweise getan haben, aber wir haben der Konkurrenz dann keine Chance gegeben. Ne? Haben wir ja letzte Saison gesehen mit dem Sabitzer und so weiter, Gravenberg, brauchen wir gar nicht mit anfangen, die einfach auf der Bank verschimmelt sind. Obwohl die beiden, die gespielt haben, keine Leistung gebracht haben. Und das kannst du durch den ganzen Kader, durch alle Positionen nehmen. Ne? Das ist so das große Problem, was wir haben aktuell, glaube ich. Und das ist auch das große Problem, dass Tuchel, wo er kam, das nicht umgesetzt hat. Das hat nicht hingehört, der hätte kommen müssen, sagen müssen, hier, neuer Trainer, bam, es geht nach Leistung. Nichts anderes. So, und Tuchel hat genau das, wir haben ja nichts anderes gesehen. Tuchel hat Nagelsmann Fußball gespielt, nur 20 Meter die Viererkette nach hinten versetzt. Gleiche Personal, gleiche Scheiße, die Spiele waren genauso scheiße. Sowas soll sich auch ändern, weißt du? So, ich weiß nicht, warum der Tuchel das gemacht hat, ist eigentlich nicht seine Art. Auf jeden Fall hat er das so gemacht, ja, und dann ist natürlich schwer, die Saison danach irgendwie alles anders umzukrempeln, ne? Ja, wild. Und ja, unsere bisherigen Ergebnisse haben halt viel verdeckt, die Saison. Da müssen wir nicht drüber reden, habe ich in jedem Video gesagt. So, wir haben 4 gute Spiele gespielt. Was haben wir gespielt? 20 Spiele. Der Rest war 20 mal 30 Minuten guter Fußball. Wenn überhaupt, wenn es nicht nur Einzelaktionen waren. Also es ist jetzt einfach keine Mannschaft auf dem Platz. Ne? Das hat man gegen Frankfurt explizit gesehen. So jeder, der den Ball hatte,
Er wusste gar nicht, wohin. Es hat sich keiner angeboten. Wir haben keine Automatismen, dass man sagt, ja, ich nehme den Ball jetzt an der Position an und spiele den Blink dahin, da ist einer. So, das haben wir gar nicht. Zumindest sieht man das nicht. Also das ist ganz, ganz viel im Argen aktuell. Wirklich wild. Du kannst echt nur hoffen, dass du jetzt noch die 3 Spiele jetzt gut über die Bühne kriegst irgendwie oder schlecht, aber mit dem richtigen Ergebnis und ja, dass der Tuchel dann in der Winterpause die Kurve kriegt. Ansonsten wird es sehr, sehr, sehr wild werden. Stuttgart hatte in der ersten Halbzeit 5 Tore machen können gegen Leverkusen. Ja, ich habe das Spiel gesehen. Stuttgart war wirklich sehr, sehr stark erste Halbzeit. Also Leverkusen hat ja gar nicht gespielt. Dafür war Leverkusen dann sehr stark, zweite Halbzeit. War ein sehr, sehr gutes Spiel. Ey. War schön anzugucken. War mal schön, guten Fußball zu sehen. Traurig, dass ich das sagen muss. Glaubst du, morgen gibt es Rotation oder will Tuchel ein Zeichen setzen? Ich würde es mir wünschen, wenn Tuchel ein Zeichen setzen würde, aber ich gehe davon aus, Tuchel wird sich gleich in die PK setzen, dann wird die Frage kommen und dann wird er sagen, ja, nach so einem Ergebnis erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft, darum wird es dasselbe Personal nochmal geben. Das ist meine Vermutung. Ich würde es mir wünschen, dass mal eine Reaktion kommt. Dass er mal sagen würde, pass mal auf, Kimmich, was du da gespielt hast, war, Alter, Note 8, bleib mal ein Spiel auf der Bank. Guck dir das mal von außen an. Ich habe jetzt Kimmich nur als Beispiel genommen, da kannst du noch ganz, ganz viele andere rauspicken. Ich glaube es nicht. Also Spaß, Nafu, ne? War mein Karma wieder. An so Spielen sieht man einfach die gute Arbeit von Bratzo und Olli. Der Kader ist so schlecht zusammengestellt, dass es auf keine Kuhhaut mehr geht. Der Kimmich soll einmal behaupten, er wäre ein Führungsspieler. Eine Katastrophe. Der Kader hat einfach keine Achse. Das ist genau das, was ich hier schon oft gepredigt habe. Führungsspieler sind dann da, wenn es nicht läuft. Und nicht nur, wenn die Sonne scheint und der Rasen frisch gemäht ist. Der Trainer ist nicht schuld. Doch, der Trainer ist schuld. Der Trainer ist genauso schuld. Ja, ich gebe dir recht, dass uns, ich habe es gerade schon gesagt, mit der Konkurrenzsituation Blasels, aber der Trainer ist schuld. Weil der Trainer setzt sich vor der Saison dahin und sagt, Kimmich ist kein Sechser, ich kann den nicht gebrauchen, ich brauche dann einen anderen Sechser. Ich habe keine Führungsspieler, ich habe keine Achse, ich will eine Achse bilden. So, das alles hat Tuchel ja gesagt. Was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass ein Kimmich immer spielt. Mit dem Goretzka mal wieder. Wer hätte das nur gedacht? Immer. Egal was ist, die spielen immer. Es sei denn, er ist gesperrt. So, was ist das für eine Konsequenz? Ich kann mich nicht da hinstellen vor der Saison und sagen, das habe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das fehlt mir. Dann bekomme ich das nicht und dann, ja, egal, dann ist das jetzt der Kimmich, wie immer. So, dann setz doch da einen anderen hin. Wo ist denn das Problem? Dann sagt doch, Josh, hier, du bist immer rechter Verteidiger, da haben wir große Probleme. Mazraoui ist irgendwie, weiß ich nicht, der scheint nicht wirklich reinzupassen. So, wo ist das Problem? Ist doch nicht so, dass du keine Alternativen hast. Man hat aber nicht die Eier, den Kimmich da wegzunehmen und woanders hinzusetzen. So, und das passt halt nicht zusammen. Ich kann mich nicht vor der Saison da hinsetzen, einen riesen Wirbel machen, einen riesen Fass aufmachen und dann sage ich, ja, nee, nein. Das ist wie mit dieser Belastung. Ja, alles große Belastung und auf einmal, nein, ist gar kein Problem bei uns. Dann ist es auf einmal das Problem, dass wir 10 Tage kein Spiel hatten, oder was? Hör mir auf, Alter. Bin gespannt, was der Tuchel gleich labert. Wirklich. Ganz wild, kannst du nicht ernst nehmen. Und da hat der Tuchel auch Schuld dran. Wie gesagt, wenn er das so analysiert hat für sich und sagt, der Kimmich ist nicht mein Sechser, völlig okay. Ja, wenn er dann keinen Sechser bekommt, dann muss er die Spieler benutzen, die da sind und nicht wieder den Kimmich dahinstellen. Nur um zu zeigen, wie scheiße der Kimmich ist auf dieser Posi oder was. Verstehe das Argument halt nicht. Wurmdreh momentan, grausam anzuschauen, unser Fußball. Ja, seit Wochen leider, ne? Dortmund-Spiel, die 2 Spiele danach war okay. Der Rest war grausam bisher. Was mich nervt, dass Frankfurt jetzt wieder die nächsten 6 Spiele verliert. Das glaube ich nicht. Bernd Biesenkam, junge Willen aus Stuttgart, das wird da richtig schwer. Ja, das wird auch ein schweres Spiel, glaube ich auch. Also man hat gesehen, dass sie auch gegen Leverkusen keinen Respekt hatten. Dass sie ihren Stiefel durchgedrückt haben oder versucht haben durchzudrücken. All das, was wir uns mal wünschen würden, aber wir passen uns ja immer 100% am Gegner an. Ja, I don't know. Wenn wir uns 100% am Gegner anpassen am Sonntag, dann stehen wir hinten drin gegen Stuttgart oder was?
Bin sehr gespannt, Alter. Mir es gehört auch dazu, auch die Klatsche dazu, wir werden Meister. Darum, es geht ja nicht, dass man nicht Mir Samir ist. Ja, wenn wir das Mir Samir mal sehen würden auf dem Feld, dann bräuchten wir uns auch nicht so aufregen. Das ist ja das Problem. Und klar kannst du verlieren, ist doch alles gut. Du kannst auch mal 5-1 verlieren. Ja, gar kein Problem. Erst recht in Frankfurt, kennen wir ja schon. Ist ja nicht so, dass wir es nicht kennen. Aber die Art und Weise hat halt Bände gesprochen, leider. Der Ingwer-Trainer passt nicht zum FC Bayern, der gewinnt dieses Jahr keinen einzigen Titel. Felix Magath wurde seinerzeit übrigens nach dem Gewinn des Doubles entlassen. Ja, weil er zu hart war. Bei uns musst du immer ein bisschen die Spieler pudern, weißt du? Ich finde, wir haben ein Gehaltsproblem. Alle, die verlängert haben, zu Unsummen, von denen kommt gar nichts mehr. Davis, der seit Jahren außer Form ist, den 15 Mille ab. Bloß weg mit dem zu Real. Die werden sich dann wundern, wie gut der ist. Ich glaube schon, Fonsi tut man, glaube ich, ein bisschen Unrecht. Also klar, Gehaltsverhandlungen, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist für uns der marktsterbliche Alter, kannst du das nicht mehr nachvollziehen. Und dass er da jetzt 15 oder 16 Mille ablehnt, ist halt super weird. Ja, müssen wir nicht drum herum reden. Aber ansonsten, ja, wir haben es ja schon mal ein bisschen analysiert zum Fonsi, ne? Es hat auch eine andere Rolle im Tuchel-System und so weiter. Was keine Entschuldigung für seine Leistung ist, ne? Das ist mal ganz klar zu sagen. Die Leistungen sind schlecht bisher. So. Und wenn Real ihn dann haben will, ja, bitteschön, Alter. Also sehe ich genauso. Aber er ist auch noch ein junger Spieler, das muss man immer so ein bisschen Nachsicht haben. Wir müssen die Herrschaften für ihr Geld was tun, dann wird das schon. Vermisst den Jupp. Vermissen alle den Jupp. Ich finde es so lächerlich, dass immer der Müller zum Interview muss und Kimmich und Neuer immer sich verstecken. Ja, das ist halt... Weiß ich nicht. Weiß nicht, was da... Ich sag ja, in der Mannschaft ist irgendwas wild. War ja schon gegen Saarbrücken so, dass man noch nicht mal zu mir in die Kurve geht. Also, weiß ich nicht, ja. Das zeigt halt schon viel. Da siehst du halt, was da ist einiges im Argen. Wo auch nicht der Tuchel unbedingt was für kann, ne? Um das mal ganz klar zu sagen. Aber er hätte da halt vielleicht mal gegensteuern sollen. Wo er gekommen ist. Ich glaube, da ist er am meisten schief gelaufen. Hast du Freunde im Doppelpass gesehen? Ich habe nur ein bisschen was gelesen. Ich habe es noch nicht gesehen. Nur gelesen, dass er klare Worte gefunden hat, was auch gut war. Was war denn diesmal das Problem? Die Pause war zu lang. Ja, das hat der Goretzka so ein bisschen gesagt. Ne? Der Rhythmus hat gefehlt. Herrlich, dass mal Bayern verliert. Ja, dann freu dich daran. Suche kann man nicht mehr voll nehmen. Nee, leider nicht teilweise, was er Gegenteiliges erzählt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass er immer ein bisschen mit angezogener Handbremse erzählt. Er würde gerne mehr, aber er kann nicht oder darf nicht. Oder so habe ich das Gefühl bei ihm teilweise. Also ich bin ja auch der Meinung, dass viele Spieler einfach satt sind. Sieht man ja bei Kane das Gegenteil. Ja, wie gesagt, ist ja auch irgendwo menschlich, ne? Wenn du 6 Titel gewonnen hast und warst auf dem Höhepunkt deines Schaffens, dich dann zu motivieren und zu sagen, geil, das will ich jetzt nochmal und nochmal. Das ist halt schwer. Ne? Aber das ist ja immer, was uns eigentlich immer ausgezeichnet hat. Aber wenn du dann noch so Müller aus dem Team nimmst, auch wenn Müller jetzt nicht super performt aktuell und sowas, aber Müller strahlt das halt aus wie kein zweiter so, ne? Dieses ich will unbedingt, wir müssen und bam, bam, bam. So, das fehlt uns halt komplett, Alter. Ja, beim Heavy merkt man das, weil der heiß ist. Man merkt das auch bei dem einen oder anderen, aber gerade so unser Mittelfeld, schwierig, Alter. Später müssen wir wahrscheinlich zu viel Schnee schippen. Schuppo zu den alten Herren abschieben. Ja, keine Ahnung, Schuppo, der hat ja echt ein paar Qualitäten. Hat er ja auch gezeigt unter Nagelsmann. Aber er ist doch kein Zehner bei aller Liebe, Alter. Und er ist auch keine hängende 9. Also, weiß ich nicht. Und dann dieses Argument, ja, Schuppo spielt, damit wir lange Bälle spielen können. Ich habe nicht einen langen Ball gesehen im ganzen Spiel, Alter. Was ist das für ein Argument? Dafür stellt man kein Müller oder Musiala auf, oder was? Also, frag mich nicht. Nee, wir haben keinen Führungsspieler, das stimmt. Wir haben keinen, der das Heft dann in die Hand nimmt, ne? Der dann in so einer Situation so à la Effe-mäßig mal
mal ein Zeichen setzt auf dem Platz, aber auch mal die Spieler mitnimmt und mal Ansprachen auf dem Platz findet und sowas. Das siehst du nicht. Die ergeben sich alle und fertig. Ganz traurig. Du kannst bei uns jeden Trainer der Welt an die Linie stellen, mit diesen Einzelspielern gewinnst keinen Blumentopf. Ich bin als Fan gerne bereit, Niederlagen zu akzeptieren. Du kannst aber nicht so auftreten und das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Die Spieler haben keinen Biss. Am besten den Kimmich, Gnabry, Schupu, Saar, Mazraoui, Davies abgeben. Alles andere wird nicht helfen. Ja, da bin ich bei dir. Ja, dass du mit der Einstellung, die die Mannschaft aktuell hat, das schwierig ist. Aber nochmal, der Trainer ist dafür da, dass das anders wird. Wenn der Trainer aber immer, egal welche Leistung gewisse Spieler bringen, an diesen Spielern festhält, ohne sie überhaupt mal in Frage zu stellen sportlich. Es geht hier nicht um die Menschlichkeit. Rein sportlich. Dann hat ein Trainer eine Mitschuld. Fertig. Was soll sich denn ändern, wenn die Spieler immer gleich gepudert werden und keinerlei Konkurrenzkampf da ist? Was soll sich ändern? Nix. Das ist so das große Problem. Und dafür ist der Trainer da, Alter. Der Trainer stellt das Team auf. Punkt. Nur durch die Blödheit der anderen Mannschaft können wir noch was erreichen. Ja, ist ja jetzt nicht, dass die ergebnistechnisch sind wir ja gut dabei. Also wir haben jetzt eine Niederlage. Ja, Halleluja, mein Gott. Ja, es geht aber um die Art und Weise und um das Gesamtbild, wenn man die Spiele davor dazu nimmt. Das ist ja das Problem. Ansonsten so ergebnistechnisch, ja, wow, gewinnen wir das Nachholspiel, was super schwer werden wird gegen Union. Union wird bis dahin auf jeden Fall wieder gefestigt sein. Sind wir einen Punkt hinter Leverkusen, wenn wir weiter die der letzten beiden Spiele gewinnen sollten und Leverkusen auch, was ja auch noch keiner weiß. So, wir müssen es jetzt ja nicht hier irgendwie niederreden, als würden wir jetzt aus der Champions League fliegen oder sonst was, ja. Das ist ja nicht der Fall. Also von daher. Aber die Art und Weise der gesamten Spiele bisher ist halt super schwierig. Und wenn man mal die ersten Spiele alle nimmt, du wirst halt in der Rückrunde nicht nochmal dieses Glück haben, dass du sagst, ja, 20 Minuten reichen, damit wir das Spiel gewinnen. Ansonsten sind wir nicht da. Ja? So, das ist halt das Problem, was ich sehe. Roland, sehr gerne. Ja, ich diskutiere keine Namen von irgendwelchen Neuzugängen. Also das ist mir bewusst. Ich diskutiere Spieler, die bei uns sind. Da können wir gerne drüber diskutieren, über irgendwelche Namen, was, wie, wo, ist mir scheißegal. Vorseka, moin! Ehrlich, Tuchel soll die U19 in Manchester spielen lassen. Für den Rest sollten wir den Magath einstellen, dass er mit den Führungsspielern Runden läuft. Naja, du müsstest einfach mal einen Konkurrenzkampf ausrufen beim FC Bayern. So, und unabhängig von irgendwelchen Namen. So, ich glaube, das ist so das größte Problem. Nochmal, ich mache den Spielern da gar keinen Vorwurf. Wenn du so ein Kimmich bist oder so ein Leon oder was weiß ich. Ja, ich meine, bei Leon hat es ja auch gefruchtet, dass er 3-4 Spiele draußen war. So, da war doch die Kurve auf jeden Fall nach oben. Warum macht man das nicht beim Kimmich? So, Kimmich hat jetzt nicht die Argumente die Saison geliefert, dass man sagt, bah, ist ein bärenstarker Sechser. Also ganz im Gegenteil. So, man hat aber das Gefühl, dass Tuchel das den Verantwortlichen schön unter die Nase reiben will. So, seht ihr? Der Kimmich ist kein Sechser. Seht ihr? Der Kimmich ist kein Sechser. So, dann frage ich mich, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ne? Das ist ja schon wild. Klar ist der Trainer schuld, Tuchel hat sehr viele Fehler gemacht. Das beste Spiel zentral war Goretzka und Leimer. Ja, du hättest doch mal den Leon auch für 6 mal etablieren können. So, Goretzka ist ja defensiv stärker wie ein Kimmich. Ja. Und nochmal, wenn du dann die erste Viertelstunde siehst oder ersten 20 Minuten gegen Frankfurt, wo du keinerlei Mittelfeld hattest. So, die Innenverteidiger wussten gar nicht, wohin mit dem Ball. Der Ball ging nach außen und dann irgendwie versucht, den Außenspieler anzuspielen, weil ein Kimmich einfach im Raum gedeckt wurde. Ist es dann zu viel verlangt, wenn ich der große Leon Goretzka bin oder der große Thomas Tuchel, zu sagen, pass mal auf, Leon, kannst du mal dein Bro, den Josua da hinten vielleicht helfen, dass wir mal einen Spielaufbau hinkriegen oder dass wir mal den Ball in den eigenen Reihen halten können, dass wir mal eine Anspielstation da haben? Mal abgesehen davon, dass Kimmich einfach nicht gelaufen ist, ja, sich nicht angeboten hat, ist das andere Thema. Aber das ist doch wohl das Grundprinzipien, Alter. Das wurde gar nicht gemacht. So. Man hat das Gefühl gehabt, Tuchel hat das vorgegeben.
Und die Spieler haben das schnurstracks durchgezogen, keinerlei eigene Initiative oder sonst was. Also ganz wild. Hat sich einfach ergeben, Alter. Man hat so hingenommen und Arschlecken. Ganz wild. Und sehr enttäuschend halt einfach. Das ist so das bessere Wort, glaube ich. Tuchel kann gar nichts mehr machen. Es wird leider nicht schlimmer, wenn man in der Champions League Pech mit der Auslosung hat. Ach, wir brauchen nicht über irgendeine Champions League reden, Alter. Ja, klar, wenn wir einen guten Tag haben, können wir mit Sicherheit jeden schlagen. Das haben wir ja auch gezeigt mit dem Spiel gegen Dortmund zum Beispiel. So, da war auch das einzige Spiel, wo du mal ein Gefühl hattest, dass eine Mannschaft auf dem Platz war. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn wir Motivationsprobleme gegen Frankfurt haben, dann läuft auch irgendwas aber gewaltig schief, Alter. Ganz gewaltig. Ich glaube auch, dass Steffen Freund ein guter ist. Die Frage ist halt, ob wir die Philosophie dann halt mittragen. So, da brauchst du dann halt den Trainer dafür, der das mitträgt. Und den Verein. Na, das ist so das Thema. Das Problem ist, dass unter Tuchel eigentlich keiner an seiner Leistungsgrenze spielt. Doch, Leroy Sané. Die ganze Abwehr unter aller Sau, das Mittelfeld des Grauens mit 2 bis 3 guten Spielen von Goretzka ausgenommen. Offensiv ebenso, außer am Anfang der Saison Sané. Der Einzige, der liefert, ist Kane. Jo, stimme ich dir so zu. Servus, Klaus. Tuchel ist für mich eh nicht der Richtige. Die wollen einen Kurswechsel mit Jüngeren und Tuchel ist genau das Gegenteil. Also eigentlich müssten die 3 bis 4 Leute verkaufen und Trainer wechseln. Ja, oder ich weiß nicht, wie die Absprache ist. Wenn Tuchel sagt, jo, ich habe Bock in Zukunft da Spieler zu entwickeln. Ich meine, hat er in Mainz damals gezeigt, dass er das kann. Warum nicht? So, aber wenn Tuchel beim FC Bayern ist, ähnlich wie es bei Chelsea oder PSG war, damit wir sagen, hier, wir haben 300 Millionen, die hauen wir für dich raus, kaufen dir die Spieler, die du haben willst, damit der Erfolg da ist. Ich glaube, dann ist er aktuell im verkehrten Verein leider. Gerade wo die Hände schreiben. Mach das ruhig, Ambo. Ist bei Kimmich dasselbe Problem wie bei Müller. Stellst du die auf und spielst Scheiße, meckern alle. Warum die spielen lässt und die draußen dann meckern, die Medien, warum spielen die nicht? Ja, aber nochmal, das Ganze kann man ja einfach durch ein Leistungssystem ersetzen. Dann hast du diese Probleme erst gar nicht. Muss das Problem. Also ich sehe da kein Problem. Wenn du eine Leistung aufstellst, auch jeder Journalist sieht das ja. Dann ist doch alles gut. Man muss mal anfangen, beim FC Bayern die Namen aus dem Kopf zu streichen. Ja? Aber dass ein Schupo jetzt von der Leistung her vor Müller aufgestellt wurde, kann mir halt auch keiner verkaufen. Also, ne? Ist halt wild. Was mir nach diesem Kackspiel am Samstag etwas positiv stimmt, war der Auftritt von Freund im Dopa. Naja, aber der steht da nie am Platz, wa? Nächste Saison wird da ein Tuchel eh nicht mehr sein. Wir werden es mal sehen, ey. Rosika, schönen guten Abend. Von mir habt ihr es zuerst gehört. Gegen Menu verlieren wir 1:3, gegen Stuttgart 1:2 und gegen Wolfsburg 1:2. Eieiei, Rosika, jetzt mal aber mal hier nicht den Teufel an die Wand, ne? Eieiei. Jetzt hat man halt auch wieder gesehen, dass das Dortmund-Spiel leider ein Ausrutscher war. Oder eben den Gegner geschuldet. Naja, die beiden Spiele danach waren ja auch noch okay. Und dann fing es halt wieder an mit Köln. Und wie gesagt, in Köln, das Spiel hat man meiner Meinung nach viel zu schön geredet. So, da hat man halt wieder den Druck weggenommen vom Kessel, hat das wieder schön geredet, dieses langweilige Ballgeschiebe. Kopenhagen hat man dann so hingenommen, obwohl da ein Tuchel ja ganz klare Worte gefunden hat, eigentlich nach der PK, aber anscheinend kommen die Worte ja nicht mehr an bei der Mannschaft. Weil er hat ja nach Kopenhagen und auch vor Frankfurt, hat er ja gesagt, er hat das alles klipp und klar gesagt und die Mannschaft hat es nicht umgesetzt. Bedeutet im Umkehrschluss, er erreicht die Mannschaft nicht oder die Mannschaft interessiert das nicht, was er erzählt. Und dann wird es natürlich haarig, wa? Dann musst du halt irgendwie dir was einfallen lassen. Timino. Ich verliere nicht gegen den VfB, ich bin im Stadion. Ja, hoffen wir's. Tuchel ist der absolute König des Widerspruchs. Ja, das auf jeden Fall, Alter. Und der Fußball ist grottenschlechter Einzelaktionsfußball. Gegner locken und auf einen schnellen Lauf von Sané und Koman hoffen, das ist zu wenig. Ja, bin ich bei dir. Ich sage ja, ich glaube, das große Problem ist, dass wir uns immer am Gegner orientieren wollen. So, und nicht dieses eigene Spielkonzept haben.
Ne? Was uns immer ausgezeichnet hat, über Jahre. So, weil wir reden immer davon, ja, der FC Bayern ist die stärkste individuell besetzte Mannschaft in Deutschland. So, das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn wir uns eine Spielstrategie zurechtlegen, sollte es doch möglich sein, durch unsere individuelle Klasse diese auch umzusetzen. Weil wir individuell besser besetzt sind als viele Mannschaften. So, aber genau das tun wir nicht. Wir richten uns zu 90% am Gegner aus. So, wie passt das zusammen, Alter? Ja? Wir haben gegen Frankfurt keinerlei Idee gesehen. Keine. Null. Die Spieler wussten gar nicht, was sie machen sollen. So, du musst doch aber nach so langer Zeit, musst du doch haben, ich spiele den Ball, keine Ahnung, wenn schon Schuppo spielt, ich spiele den Ball auf den Schuppo. Schuppo lässt den Ball prallen. Dann geht der Ball automatisch nach links oder nach rechts außen. Dann läuft automatisch Harry Kane auf diese Position. Schuppo auf den zweiten Pfosten, ich hau eine Flanke rein. So, das sind doch automatische Abläufe. Wir haben 10 Tage Zeit gehabt, irgendwas einzustudieren, um mal Automatismen reinzukriegen. Wir sehen nicht einen Automatismen unter Tuchel. Nicht einen. Alles. Gibt es nicht. Wir haben keine eigene Spielphilosophie. Verstehe es nicht. Macht mich traurig. Sag ich euch, wie es ist. Ich finde nicht, dass man als FC Bayern 15-1 gegen Frankfurt verlieren kann. Ja, doch kann man, hast ja gesehen. Ich weiß aber schon, wie du das meinst. Aber nochmal, das sind alles Menschen, du kannst ja mal einen rabenschwarzen Tag haben. Ist ja alles gut. Ne? Aber da musst du ja wenigstens dich bewegen auf dem Feld. So, wenn du die ersten 20 Minuten gesehen hast, es war keine Bewegung da. Es war kein Sprint da. Kein Spieler hat sich bewegt, der nicht den Ball hatte. Die sind maximal gegangen. So, was willst du da erreichen? Was ist das denn für eine Herangehensweise? Das kannst du ja in der Kreisliga A, da können wir ja so spielen, da ist ja alles gut. Oder in einem Altherrenfußball, also nicht in der Bundesliga auf höchstem Niveau, Alter. Außer jetzt in Frankfurt. Nico, guten Abend. Die Mannschaft hat keine Moral, kein Führungsspiel, beziehungsweise 2 haben wir. Einer sitzt nonstop auf der Bank, der andere ist verletzt. Dass Müller der Einzige ist, der nach dem Spiel sich stellt, sagt doch alles. Wo ist Neuer? Wo ist Kimmich? Wo ist Goretzka? Ein Trainer, der mit Statistik kommt. Alter, ich kann nicht mehr. Ja, das hat mir auch den Rest gegeben. Das hat mich umgehauen, ne? Wo er dann anfängt, ja, unser Expected Goals Wert ist ja gar nicht so schlecht und der von Frankfurt ist ja gleich, aber unterm Strich war das dann in Ordnung, aber leicht zu hoch. Also das hat mich getötet, fast diese Aussage. Aber dann gleich 3 Sätze später sagt er auf irgendeine komische Frage, ja, aber bei uns waren alle schlecht. Da hat er dann auch wieder recht mit gehabt. Aber warum er es dann noch versucht, erst zu rechtfertigen, habe ich nicht verstanden. Wenn sich das nicht ändert mit Leistung, dann ist Tuchel weg. Ich glaube, dass Tuchel mit PK, mit Jammerei die Spieler vergrault hat und die Kabine verloren. Ja, wirklich schwierig aus der Ferne zu beurteilen halt alles, ne? Wie gesagt, dass so ein Kimmich keinen Bock hat unterm Tuchel, kann man ja nachvollziehen, nach dem, was er sich anhören musste. Kann ich schon verstehen. Aber da muss er dann halt, ja, wie gesagt, da musst du klare Kante zeigen. Jetzt den Kimmich als Rechtsverteidiger stellen müssen. Und gut ist. Keine Konsequenzen, keine Idee, kein Einsatz. Was sagst du zu Investoren in der Bundesliga? Aktuell nichts. Aber kann ich gerne später mal was zu sagen. Ich glaube auch grundsätzlich liegt es mehr an den Spielern als am Trainer, der auch Fehler macht. Bei Chelsea war richtig Zug drin in allen Wettbewerben. Chelsea hat sich auch im FA Cup und Carabao Cup alles reingeschmissen. Damals sowohl FA Cup Finale als auch Carabao Cup Finale, Elferschießen vor Liverpool, unglücklich verloren. Vor und nach Tuchel hat Chelsea im Mittelfeld rumgedümpelt. Mit ihm 2-mal Top 4 Liga, Champions League und 2 FA Pokal Finale, ein Carabao Cup Finale plus Weltpokal. Ja, ich sage ja auch nicht, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Habe ich nie gesagt. Wie gesagt, ich war auch super begeistert, wo Tuchel gekommen ist. Aber nochmal, ich habe vom Tuchel erwartet, wo er gekommen ist, dass er sagt, Männer, ich bin der neue Trainer, bam, es geht jetzt nach Leistung und nicht mehr nach Name. Und genau das hat er nicht getan. So, und dann hat er jetzt zum Vorhinein der Saison, wie gesagt, die Causa Kimmich, die Causa De Ligt, die Causa Müller durch die ganze Saison. Ja, aber dann immer dieses Rumgeeier dabei und nicht klare Ansagen, ja, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Tuchel sich nicht traut, beim FC Bayern wirklich das umzusetzen, was er gerne möchte. Und das fliegt ihm gerade so ein bisschen um die Ohren. Deswegen immer dieses Hin und Her und dieses Rumgeeier.
Ja, ist schade. Tuchel kann noch von Alonso lernen. Was hat Alonso zuerst verändert? Er hat dafür gesorgt, dass die Abwehr sicher steht, dann punktuell den Kader verstärkt. Und das bekommt ein Tuchel mit seiner Erfahrung nicht hin. Ich weiß nicht, ob man das so den Tuchel ankreiden kann. Ja, wie gesagt, man kann ihm viel ankreiden, auf jeden Fall. Ja, schwierig. Wie gesagt, mir fehlt einfach dieses eigene System, was ich bei uns nicht sehe. Das ist so das Schwierige, glaube ich. Dass man sich immer wieder am Gegner, so, das ist auch so ein bisschen Guardiola. Guardiola war, ja, klar, Ballbesitz, 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 aber dann immer super den Schädel um den Gegner gemacht. Ja, das kannst du ja machen, wenn du, keine Ahnung, wenn du die schlechtere Mannschaft bist und so, dann kannst du dich ja super stark am Gegner orientieren, um zu gucken, wo kann ich irgendwie was ausgleichen. Aber doch nicht, wenn du individuell die beste Mannschaft in der Liga bist. Dann kannst du doch nicht sagen, Alter, ich bin der große FC Bayern, ich orientiere mich jetzt am Gegner und werde daran mein Spiel ausrichten. Das haben wir noch nie gesehen bei uns. Wer sind wir denn, Alter? Uns fehlt einfach mal wieder diese Arroganz, die uns ausgezeichnet hat. Ja? Klar hast du dann auch mal Spiele verloren, aber dann hast du wenigstens eine Identität gehabt, Alter. Was wir gar nicht haben. Ganz wild. Und ich weiß nicht warum. Warum man das macht, das verstehe ich halt nicht. Die Mannschaft nimmt Tore doch nicht ernst, wenn man Spieler, die Kacke spielen, immer wieder aufstellt. Kann man seinen Trainer nicht mehr ernst nehmen und ja, von der Mannschaft erwarte ich auch mehr. Ja, das ist auch ein Problem, das denke ich halt auch. Ne? Ich meine, so, was soll der Müller jetzt noch, so, was soll der Müller denn noch denken, Alter? Zweimal wurde lieber der Schuppo auf die Zehen gestellt mit fadenscheinigen Aussagen, Alter, die vorne und hinten nicht gepasst haben. Wild. Für Katastrophenfehler in der Abwehr kann auch Tuchel nichts. Nee, weiß ich nicht. Irgendwelche generellen Aussetzer. Aber nochmal, das fängt ja schon, das ist immer so, die Innenverteidiger kriegen jetzt auf die Fresse, so, ne? Aber das fängt ja schon alles früher an. Nochmal, es war gegen Frankfurt wieder kein defensives Mittelfeld vorhanden, Alter. Es war einfach nicht gegen. Sowohl im Spielaufbau nicht, die erste halbe Stunde, sowie auch als Defensive nicht. Goretzka war ja nur vorne, weil er vorne spielen sollte, der war gar nicht zugegen. Und Kimmich war maßlos überfordert. Klar, das zweite Gegentor geht voll auf die Innenverteidiger, Alter. Also wie kann sich ein Spieler da durchsetzen und den Ball dann noch aufs Tor bringen und dann noch so, und dann Neuer greift auch noch drunter her oder drüber her, weil Millimeter abgefälscht. Also, wild, Alter. Gnabry ist meine Meinung schon seit 2 Jahren, dass er weg soll. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, Alter. Du brauchst bei uns keine Spieler, die im Jahr 10 gute Spiele machen. Nachdem der Gnabry den Vertrag verlängert hat, ist gar nichts. Null. Nothing. Ich weiß auch gar nicht, warum man den verlängert hat. Hätte er gar nicht verlängern sollen, den Vertrag. Hätte sie einen größeren Gefallen mitgetan. Ja, Florian Wirtz war stark zweite Halbzeit. Alto Belli, ey. Krank, der Typ. Hat alles das gezeigt, was uns fehlt im Moment. Dass Tuchel nicht 100% Tuchel sein darf, liegt wahrscheinlich an Anweisungen von oben. Er bekam bestimmte Rüffel nach heftiger Kritik von ihm an Mannschaft und authentisch gezeigte Ratlosigkeit. Danach redet er diplomatischer, nämlich Aufstellung und so weiter, vielleicht auch Anweisungen von oben. Ja, das wäre schon echt traurig, Alter. Also wenn die Kimmich-Aufstellung echt Anweisung von oben ist, dann ist das echt traurig. Also dann alles gut. Ja, aber dann müsste ein Tuchel auch von sich aus sagen, wisst ihr was? Ich nehme meinen Hut, Alter. Ich darf hier nicht aufstellen, wie ich will. Das ist halt, was fehlt. Schuppo war halt besser letztes Jahr. Ja, aber was interessiert denn letztes Jahr? Was interessiert denn, wer vor 10 Jahren besser war? Das sieht doch die jetzige Situation. Für mich zu viel Taktik. Wir sind der FC Bayern. Warum sich 10 Minuten vor dem Spiel taktisch verändern, weil der Gegner was geändert hat. Einfach nur lächerlich. Ja, ganz genau. Komplett lächerlich, Alter. Hier. Deswegen haben wir doch auch keine Ideen vorne. Weil wir gar nichts... Wie gesagt, normalerweise entwickelst du doch Automatismen. Ja, und das gibt's bei uns nicht. Und dann, ja, ich bringe jetzt einen Schuppo, weil Frankfurt oder weil Köln was tut. Ja, damit wir lange Bälle spielen können. Ich habe in beiden Spielen nicht kaum lange Bälle gesehen. Schon mal das erste Ding, Alter. Also ganz wild. Nochmal, wenn wir gegen starke Gegner spielen, können wir uns an den Gegner orientieren, verstehe ich ja.
Ja, zum gewissen Maße. Aber wir orientieren uns in jedem Spiel an irgendwelchen Gegnern und man sieht, dass die Mannschaft, ich meine, dass die Mannschaft damit überfordert ist, ist genauso traurig. Da müssen wir auch nicht drüber rumreden, ja. Aber du musst doch erstmal eine eigene Spielphilosophie haben, Alter. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, alles. Die würden von mir einen Einlauf kriegen. Ja gut, wir haben ja Straftraining gemacht, eine Viertelstunde am Sonntag. Das fand ich auch so geil, Alter. Das war auch gut, oder? Wir mussten alle mal zu 7er Straße kommen für eine Viertelstunde. Ach, herrlich, ey. Also Xavi wird jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen. Ja, die Führungsspieler. Früher hat nach so einem Spiel der Kapitän ein Interview gegeben und hat auch mal auf den Tisch gehauen. Ja, ganz genau. Eier, wir brauchen Eier. Heutzutage gehen sie in die Kabine, weinen oder nicht mal den Anstand, wie in Saarbrücken sich bei den mitgereisten Fans zu bedanken. Genau, das sind die Dinge, die nicht laufen. Aber alle Ansprüche, als wären sie Weltfußballer. Sobald Gegenwind kommt, knicken alle weg. Ja, das ist ja, was ich sage, Alter. Das ist kein Verhalten und vor allen Dingen wird das dann schön geredet, so, weißt du? Das ist ja das Schlimme. Ja, das muss man verstehen, die waren geknickt in Saarbrücken und ja, jetzt gegen Frankfurt muss man das verstehen, dass da keiner was zu sagen möchte. Alter, aber wenn sie gewinnen, haben sie alle große Fresse, machen alle Bilder beim Schneeschippen und hast du nicht gesehen? Boah, könnte ich platzen bei. Junge. Auer im Zweikampf. Wir haben ja gar keine Zweikämpfe geführt in Frankfurt. Ich weiß nicht, was wir gespielt haben. Ich weiß es nicht. Es war ganz wild. Schade, dass 1860 nicht mehr in der Bundesliga ist. Vielleicht spielen die gegen den Trainer, was irre ist bei der Tabellensituation. Ja, nochmal, wenn eine Mannschaft gegen Trainer spielt, Alter, da musst du alle 11 Spieler auf die Tribüne setzen. Da habe ich kein Verständnis für. Das kannst ja intern, geh zum Sportdirektor, geh zum Chrissy, geh zum Uli, hol dem die Taschen voll, keine Ahnung, kannst dir alles bringen. Aber auf dem Platz gegen Trainer zu spielen, Alter, dann muss das richtig knallen. Also das sind Sachen, die nicht gehen, Alter. Aber es sah so aus, auf jeden Fall. Ja, ganz wild. Also man kann sich das schon kaum anders erklären, ne, leider. Was Tuchel in Köln gesehen hat keiner gesehen. Die erste Halbzeit lief nicht wegen Schuppu, sondern trotz Schuppu. Naja gut, da waren ja hier auch genug, die das Spiel so gut gesehen haben. Und die zweite Halbzeit auch so wahnsinnig stark gesehen haben. Hat ja nicht nur Tuchel so gesehen. Und wenn das so die... Guck mal, das ist ja immer, womit ich mich so schwer tue, das ist ja dann wieder so die Taktik. So, wir spielen gegen Köln. Gegen Köln möchte Tuchel gerne genau das sehen, was wir zweite Halbzeit gesehen haben. So, wir haben den Ball in unseren eigenen Reihen, spielen hinten quer, hinten quer, hinten quer, hinten quer, hinten. Ohne irgendwie eine Torchance zu entwickeln, ohne dass Köln an den Ball kommt und gefährlich werden kann. So, das ist dann so Tuchels Anweisung, das hat die Mannschaft dann super umgesetzt, deswegen waren Tuchel zufrieden. So, das ist, weil wir der FC Bayern sind und uns zu 100% auf den Gegner nur noch einstellen. Und das ist zum Kotzen, Alter. Habt ihr mal gesehen, wie verunsichert die Kölner waren? Du musst doch deine eigene Philosophie haben, Alter. Dann knallst du die da 5-0 weg und dann ist Ruhe im Karton. Dann ist dann 30 Minuten das Spiel durch. Aber nein, wir analysieren, das ist der große erste FC Köln. Die sind gerade super stark. Da müssen wir so und so spielen und genau so, eigentlich so, wie wir gar nicht spielen, aber wir machen das jetzt so. Dann wird das super in den Himmel gelobt und dann wundert man sich, dass man gegen Kopenhagen dieselbe Scheiße spielt. Alter, ich kriege einen Kackreiz bei. Ohne Scheiß. Nochmal, es kann doch nicht sein, dass wir keine eigene Philosophie haben. Haben wir nicht. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Macht mich wahnsinnig. Tuchel darf doch gar nicht sagen, was er denkt. Der Christian und der Uli haben ihn doch schon eingefangen. Vielleicht ist auch das Problem, dass man sich heutzutage nicht mal mehr hinter verschlossenen Türen die Meinung sagen kann. Die sollen sich hinter alle mal anschreien, reiniges Gewitter. Ich glaube schon, dass man das kann, oder? In der Mannschaft vielleicht nicht, ja, das glaube ich auch. Da hast du zu viele Mimosen bei, aber so intern, so in der Führungsriege sollte das schon gehen. So zieht Leverkusen meiner Meinung nach auch nicht durch. Na, wir werden sehen, was Leverkusen macht. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja jetzt nicht darum,
Ja, wie gesagt, unsere Tabellensituation ist ja top. So, wir sind 1 Punkt dahinter. Na gut, wenn das Spiel dabei rechnet, sonst sind wir 4 dahinter mit einem Spiel weniger, alles gut. Darum geht's gar nicht. Es geht aber einfach, dass man keine eigene Entwicklung sieht, Alter. Und dann immer wieder solche Knallerspiele drin hat, wie jetzt gegen Frankfurt. So, ansonsten ist ja schön, dass die Liga spannend ist, dass Stuttgart stark ist, Leverkusen stark ist, selbst Leipzig, ja, ist ja jetzt wieder dran. Das ist ja auch super. Das macht ja auch Spaß dann. Aber es macht halt aktuell keinen Spaß, unsere Spiele zu schauen, Alter. Weil es ein reines Gegurke ist. Und man einfach keine Spielphilosophie sieht. Nichts. Konkurrenzkampf ist gut, wenn wir schon froh sind, alle Positionen besetzen zu können. Ach ja, komm. Diese scheinheiligen Ausreden immer, Alter. Stell den Goretzka in die Innenverteidigung und hast eine Alternative als Innenverteidiger. Du hast einen Guerrero, du hast einen Kretz, ich hätte als Linksverteidiger bringen können, anstatt einen Davis. Ich denke auch, ein Guerrero wird sich nicht im Bein brechen, wenn er als Linksfuß mal auf der rechten Seite spielen soll. Kannst einen Kimmich mal als Rechtsverteidiger stellen, du kannst einen Leimer als Sechser stellen, du kannst einen Leimer als Achter stellen. Es ist doch nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben. Also du hast einen Pavlovic, der einen guten Sechser spielen kann. Du hast einen Tell draußen, der mit Sicherheit ein besseres Spiel machen kann als der Schuppo da in der Mitte. Du hast einen Müller auf der Bank, du hast einen Musiala auf der Bank. Wir brauchen wohl jetzt nicht anfangen, dass wir keine Konkurrenten haben, Alter. Und dass wir keine Möglichkeiten haben. Ja, na klar haben wir eine verfehlte Einkaufspolitik, dass uns ein Innenverteidiger fehlt, dass ein rechter Verteidiger fehlt. Aber es ist doch nicht so, dass das nicht innerhalb des Teams auffangen könnte. Nur es hat keiner die Eier, das zu machen. Punkt. Das ist das ganze Problem, Alter. Kimmich spielt auf der 6. Alter, so stark wie ein Holzstamm. Der hat 3 gute Spiele diese Saison gemacht. So, dann stell ihn noch nach rechts. Punkt. Fertig. Was ist denn los? Wo ist denn das Problem? Er ist doch nicht der König von ganz München, Alter. So, welcher Spieler ist denn größer als die Mannschaft? Selbst Hansi Flick hat die Eier in der Nationalmannschaft gehabt, hat gesagt, Kimmich, geh mal nach rechts, Alter. Punkt. Warum geht das bei uns nicht? Warum fällt dann die Sebener Straße, ist die zerbombt oder was? Geht dann Springsatz hoch, wenn der Kimmich mal nicht auf der 6 spielt oder was? Was ist denn los, Leute? Und dann stell den Knaller doch auf die rechte Verteidigerposition und gut ist. Junge, ey. Fällt mir nicht zu ein. Ihr merkt, ich krieg schon wieder Puls. War man schon immer in der Südkurve, kann man sich da überall hinstellen, wo man will, oder sollte man eher außen sich einfinden und die Mitte für die Schickeria-Ultras freilassen? Du kannst dich in der Südkurve hinstellen, wo du willst, stehst du in den ersten 4 Reihen direkt hinterm Tor, dann wirst du schon mal von irgendwelchen 12-Jährigen doof angemacht, da musst du einfach sagen, Junge, bleib mal locker, atme mal durch die Hose, solange du da stehst und 90 Minuten Stimmung machst, ist alles gut. Wenn du da stehst und keine Stimmung machst, hast du da auch nichts zu suchen. Das ist the way to go in der Südkurve. So, ein grundsätzliches Problem, warum sind die Spieler so schlecht geworden? Ich sage nur Kim. Letzte Saison Top-Werte, er kommt zu uns. Und jetzt das. Warum ist denn das Selbstvertrauen weg? Ja, weiß ich nicht. So ein Kim würde ich da jetzt gar nicht als Beispiel nehmen. Wie gesagt, der ist jetzt noch nicht so lange da, muss sich erstmal an neue Mannschaft gewöhnen, neues Umfeld, neues Land und so. Das ist schon okay. Dass er da jetzt nicht sagt, so, ich bin jetzt hier der große Leader, der große Anführer, ist doch logisch. Ja. Und nochmal, es fehlt einfach ein Delicht da hinten. So. Der Kim braucht einen, der ihn führt, und Opa braucht genauso einen, der ihn führt. Opa ist auch nicht der große Anführer. War noch nie, wird er nie sein. Ist nicht seine Art, und das ist auch okay. Mazraoui, Coman und Kimmich haben die ganze Abwehr gekillt. Das war ein Rahmenschutzer Tag von denen. Ja, natürlich. Aber da musst du doch auch mal, ja, auswechseln. Und nicht nur dann die Außenverteidiger auswechseln, Alter, die auch schlecht waren. Das wären die Basics. Phrasenschwein, ja, ist kein Problem. Wo bist du auf Twitch? Kannst du einfach unten bei Kofi, kannst du einfach 2 Euro ins Phrasenschwein werfen. Guck mal, ich krieg schon Puls, so dass ich meinen Pulli ausziehen muss. Mir ist warm. Junge. Wild. Ich komme gar nicht nach hier. Das ist doch alles Mumpitz. Fakt ist, wir haben keinen Sechser. Der Kimmich läuft den Ball hinterher wie ein Bambinis. Ja, der Kimmich kann das nicht, Alter. Der ist auch super lahmarschig in der Rückwärtsbewegung.
Hat keinen Zweikampfverhalten. Der ist einfach kein Sechser. Das ist doch auch nicht böse gegen Josh gemeint. Der ist ein guter Fußballer, Alter. Da müssen wir nicht drüber rumreden. Der ist aber einfach kein Sechser. Kein alleiniger Sechser. Der kann, wenn er Goretzka neben sich hat oder einen Leimer neben sich hat, auf einer Höhe, dann geht das. Wenn der andere dann sich die Defensivarbeit mit übernimmt, so, dann klappt das einigermaßen. Aber er ist kein alleiniger Sechser, Alter. Das ist grausam. Ja, und das mit den Standards ist ja noch grausamer. Mann, Mann, Mann. Frankfurt ist 10 Kilometer mehr gelaufen. Ja, das sagt schon alles aus, oder? Deswegen sage ich ja, das war Standfußball bei uns teilweise. Ich sehe die Schuld bei Tuchel. Ich habe Bayern seit Kovac oder Ancelotti nie so schlecht gesehen. Nee, das ist noch schlechter wie unter denen. Das ist wirklich noch schlechter aktuell. Weil wir keine eigene Seele haben. So, man hatte gegen Frankfurt auch wieder so das Gefühl, so, keiner wusste, was er machen soll. Wie gesagt, Goretzka stand da vorne auf 10 oder 8,5 oder was auch immer und stand da und hat auf den Ball gewartet, hat nie einen Ball gesehen. Der kam erst gar nicht an bei ihm, wie auch. Und Kimmich hat nicht einen Ball gekriegt, weil Kimmich im Raum gedeckt wurde die ersten 15 Minuten. Er hat nicht einen Ball gesehen. Ja, weil er sich auch nicht bewegt hat. Er hat sich nicht einmal zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Goretzka hat sich nicht fallen lassen. Keiner. Jeder stand auf seiner Pose und hat gewartet. Ja, kommt jetzt hier ein Ball hin oder kommt jetzt hier kein Ball hin? Ja, ja. Ich laufe mal 2 Schritte nach da, 2 Schritte nach da. So, das war alles. Was ist das denn? Also, weiß ich nicht. Junge, Junge. Ach, ist doch Schwachsinn. Wenn Tore Goretzka auf die 6 stellt und dann macht der ein schlechtes Spiel und alle kommen wieder aus der Ecke und sagen, ja, das kommt davon, wenn man Spieler nicht auf der Position spielen lässt, die er am liebsten spielt. Ja, also ich denke mal, der Tuchel wird eine Haut haben, die dick genug ist, oder? Also das ist ja kein Argument, Alter. Dann kannst du das Gegenargument bringen, dass Kimmich von 20 Spielen, die wir gesehen haben, 15 schlecht war. Macht das dann Sinn, dass er auf seiner Lieblingsposition spielt? Ich glaube nicht. Ja, wir brauchen auch vielleicht richtig kluge Spielmacher, wie ein Mario Götze in Topform. Spieler, die das Spiel lesen, schneller und langsamer machen können. Heavy ist spielklug, aber er alleine reicht nicht. Er ist ja auch Neuner, er hat da gar nicht den Einfluss drauf. Ja, das fehlt uns an allem, was das anbelangt. Alexander, servus. In solchen Spielen wie gegen Frankfurt fällt auf, dass die Teamhierarchie nicht passt. Goretzka und Kimmich sind nicht die Anführer, die es braucht. Nee, sind sie auch nicht. Tuchel hat gegen sich selber geschadet mit der PK sich wieder keinen Bock haben, ja. Das ist richtig. Ich habe die Saison nur 3 gute Spiele gesehen. Dortmund, Bochum und die 30 gegen Darmstadt. Champions League war auch nichts bis jetzt. Dann noch das Pokal aus. Ja, Rodan, ich sehe das ähnlich. Die Ergebnisse waren da, ja, klar. Ja, aber dass das dann irgendwann gipfelt, in was es jetzt gipfelt, ist halt auch normal. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch traurig, dass Profispieler gewisse Sachen dann auch nicht umsetzen können. Das war ja schon unter Nagelsmann das Thema. Ja, dass Nagelsmann auch schon zu viel Taktik wollte und sowas. Ist halt auf der anderen Seite halt auch schon traurig, dass so gestandene Nationalspieler das dann auch nicht irgendwie in den Schädel kriegen, um das umzusetzen. Ne? Das hat also die andere Kehrseite. Tore wurde letzte Rückrunde schon verbrannt. Zu viele Probleme im Club. Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich leider genauso. In dem BVB haben wir gesehen, dass die, was fehlt, eigentlich können. Ja, aber da war ja auch kein Kimmich auf dem Platz. Nun hast du es klar gesagt, wir sind der beste Kader, aber spielen oft unter Wert. Hönes macht Stuttgart deutlich stärker, also liegt es an Tuchel. Ja, aber du siehst ja bei Stuttgart auch Automatismen und eine Spielidee und eine Mannschaft, die als Mannschaft auftritt. Das siehst du bei uns ja nicht. Also ich habe ganz, ganz wenig Spielen. Gegen Dortmund hast du mal gesehen, dass wir als Mannschaft auf dem Platz waren, ja. Da war aber auch ein Kimmich nicht auf dem Platz. Ich will das nicht am Kimmich festmachen, ja. Ich bewerte den Kimmich ja eh zu gut, wisst ihr ja auf meinem Kanal hier. Aber ja, es ist schon wild, dass das dann so unser bestes Spiel war. Ne, muss man mal ganz klar sagen. Ja,
Ja, James Rodriguez war bei uns ja jetzt auch keine Maschine. Aber so eine Art Fußball wird uns natürlich gerade gut tun, ja. Wir hatten jetzt Nagelsmann und Tuchel, die beide, glaube ich, unbestreitbar zu den besten Trainern in Deutschland gehören. Und beide bekommen es nicht auf die Kette, die Mannschaft ordentlich zu formen. Ich bleibe dabei, dass die Spieler selbst das Problem sind. Dann kommt unsere Führungsetage und danach erst der Trainer. Ja, natürlich. Es wird irgendwelche, was weiß ich, Themen innerhalb der Mannschaft geben. Ja, das hat man in der letzten Saison schon gesehen. Aber dafür ist ja dann auch ein Trainer da, um das dann auch anzugehen. Ja, und ansonsten muss man halt die Spieler austauschen. Punkt. Oder den Spielern wenigstens Konkurrenz machen. Ja, was man ja anscheinend nicht mag, nicht tut, nicht will. Und dann sind wir auch wieder beim Trainer angekommen. Also Tuchel ist ja nicht doof. Er hat ja nicht umsonst vor der Saison gesagt, Kimmich ist kein Sechser, ich habe keinen Führungsspieler, Blasels. Er wird gesehen haben, dass gegen Dortmund das beste Spiel war, was wir gezeigt haben, ohne einen Kimmich. So, er wird ja auch ein bisschen Fußballverstand haben. Er ist ja ein super Trainer eigentlich. So, aber ihm fehlen halt die Eier zu sagen, pass mal auf, Josh, so nicht. Ich weiß, es geht um FCB, aber die Frankfurter wirkten aber auch echt aufgedreht, super wach, selbstbewusst wie Giganten, war schon krass. Die hatten Manchester City-Trikots tragen können und keiner hätte gesagt, da stimmt was nicht. Ja, aber weil wir sie auch haben machen lassen, das muss man auch sagen. Klar war Frankfurt super stark und klar sind die 110% gegen Bayern. Ist doch klar. Ne? Aber wir haben auch nichts dagegen gesetzt. Wir haben nicht einen Zweikampf gewonnen, Alter. Gefühlt die erste Viertelstunde. Genau, und haben die Bälle in die Füße gespielt. Der Frankfurter. In die Füße. Ja? Und wenn die dann so wild anlaufen und bam, dann musst du halt einfach mal so schlau sein und zu sagen, pass mal auf, ich trete jetzt hier mal auf den Ball, mach mal ruhig, wir kriegen erstmal ein bisschen Ballsicherheit. So, solche Sachen, das alles ist nicht da in unserer Mannschaft. Es gibt keinen, der das tut. Der das kann oder will oder wie auch immer. Wie arm muss man denn sein, wenn der Einwechselspieler Müller die Interviews führen muss nach Niederlagen? So lächerlich. Ja, weil er halt Kapitän ist oder zweiter Kapitän. Und Herr Kimmich nicht. I don't know, ich weiß es nicht. Eso primo moin. Eingewechselt, damit er das Interview machen kann, ja. Bild. Deutsche Trainer setzt auf deutsche Spieler. Deswegen habe ich mir Zidane gewünscht. Goretzka wäre schon lange weg. Kimmich hätte auch rechts gespielt oder den Verein verlassen. Weiß ich nicht, ob man das dem Tuchel so vorwerfen kann. Wie gesagt, ich glaube, da wird irgendwie auch der Verein mit reinspielen. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, diese Zentrale. Warum wir immer wieder da landen. Wie gesagt, wir haben ja genug Konkurrenten eingekauft letztes Jahr für diese Posis. Aber die haben ja keine Chancen gekriegt. Das ist ja das Wilde. Und guckt euch an, wie sich ein Gravenberg entwickeln kann. Ne? Werft mal einen Blick nach Liverpool. Schon wild. Ich mag Expected Goals auch nicht, aber es gehört schon zur Geschichte des Spiels, dass das Torschussverhältnis 14:20 ist. Das zeigt ja auch, wie blöd wir uns angestellt haben und nicht bissig wach genug im Abschluss waren. Beziehungsweise, zum Beispiel, wir haben die Chance zum 3:2 und dann kassieren wir das 4:1. Also wir waren halt dumm. Aber wir hatten schon Spielanteile und Chancen. Trotzdem auch in der Höhe von diesem 5:1. Wir hatten 2, 3 klare Chancen, die Schuppo kläglich vergeben hat. Da können wir uns gerne drauf einigen. Ansonsten habe ich 2 Halbchancen von Harry Kane gesehen. Ansonsten war alles andere irgendwelches Alibi-Torschüsse. So. Aber nochmal, man kann sich nicht als Trainer nach dem Spiel 5:1, was eine ganz klare Kiste war, allein von der Einstellung, von der Herangehensweise her, kann man sich nicht in die PK setzen und sagen, ja, der Expected Goals Wert ist ja eigentlich auf beiden Seiten gleich und das Ergebnis ist eigentlich zu hoch. Aber unterm Strich geht das dann doch in Ordnung an Frankfurt. Aber das kannst du nicht bringen. Also beim besten Willen nicht. Du kannst dich nicht nach dem Spiel da hinsetzen. Dann hättest du gleich auch mal die Statistiken der Zweikampfwerte raushauen können und Statistiken der Ballverluste und Unforced Errors und hast du nicht gesehen. Ja, dann können wir mal auf ein Level diskutieren. Aber doch nicht da anfangen mit Expected Goals Werte, Alter. Dass der Typ, der das 2:0 gemacht hat, gegen 2 Innenverteidiger dann noch den Manu unter der Arme herschießt, dass das ein Expected Goals Wert von 0 ist, braucht man sich drüber unterhalten. Ja?
So, aber das ist ja noch schlimmer. Das ist doch eigentlich noch trauriger, seine Argumentation. Dass du 5 Tore kriegst, wenn der Expected Goals Wert nur 1,5 ist. Dann sollte man sich doch mal Gedanken machen, oder? Man muss aber nicht anfangen mit unterm Strich. Alter, als wären wir in irgendeiner Weise ansatzweise auf Augenhöhe gewesen. Nein, es war gar nichts, Alter. Null. Frech. Das war richtig frech vom Tuchel. Welt. Der Harry Kane-Hase, lass nicht grüßen. Grüße zurück, Chico. Wir brauchen einen Gerland, der würde Tacheles reden und kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich glaube auch, dass so ein Co-Trainer auch fehlt, so ein richtiger, der da auch mal reinwämst, ne? Was der Gerland halt immer war. Glaube ich auch. Weiß ich auch nicht. Anmo ist völlig okay, dass gefrustet. Ich bin auch gefrustet. Ja, ich bin nicht gefrustet, ich bin enttäuscht eher. Das ist so das Ding. Pavlovic und Goretzka, das wäre am besten Sechser gesehen und das hatte in Frankfurt. What? Wie ist deine Meinung zur schwierigen Vertragsverlängerung von Davis? Ganz ehrlich, die Leistung, die Davis dieses Jahr gezeigt hat, wenn das wirklich so stimmt, dass wir 15 Mille bieten und er das zu wenig erachtet, ja, goodbye, Alter, weg. Wir müssen mal wegkommen davon, von diesen ganzen geldgierigen Wichsern. Ganz ehrlich. Dass ein Coman da rumrennt mit 17 Mille oder 18 Mille, dass da ein Knabri rumrennt mit demselben Scheiß. Allein das ist doch schon das erste Problem, Alter. Die Leistung steht doch in keinem Verhältnis zum Gehalt mehr bei uns. In gar keinem Verhältnis. Junge. Es ist ja gut, Davis hat eine gute Entwicklung genommen, alles gut. Was verdient er gerade? 8 Mille oder was? Ja, den gibst du gerne 12 oder 10. Ja, kannst auch gerne im Vertrag schreiben, wenn deine Entwicklung so weitergeht, können wir uns gerne nochmal hinsetzen und so. Aber was will er denn jetzt verlangen, Alter? Die Leistung, die Saison, auf welcher Grundlage? Da kann er froh sein, dass das Gehalt nicht gekürzt wird, Alter. Was ist denn los? Junge, wenn er eine super starke Entwicklung weitergenommen hätte und so weiter, können wir gerne darüber reden, aber es ist doch nicht der Fall. Spielt das gerade eine Rolle, ob ein Davis in der ersten Elf steht oder nicht? Nee, für mich persönlich gar keine Rolle. Kannst einen Kretzig da hinstellen. So, was macht das für einen Unterschied? Der ist defensiv ähnlich schwach. Offensivdrang hat er auf jeden Fall auch. Ist noch ein bisschen spielintelligenter, wie ein Davis ist. Punkt. Also ist ja nicht so, dass ein Fonsi uns gerade wehtun würde, ob der bei uns in der ersten Elf steht oder nicht. Also von daher, Alter, sollen wir auf dem Boden bleiben. Fertig. Nächstes Jahr verkaufen nach Real oder was weiß ich und fertig. Müssen wir nicht rumdiskutieren, Alter. Wenn die Spieler nur bei unserem Club sind, damit sie hier fett absahen können, ja, dann weg damit. Wir müssen wegkommen von dieser Söldnermentalität. Man sieht das doch die letzten Jahre. Wir müssen da wieder weg von kommen. Drauf geschissen, Alter. Habe ich aber schon vor 3 Jahren beim Coman gesagt, dass es eine Frechheit ist und beim Knabri. Ist das genau dasselbe. Und warum ist das so? Weil man Sané verpflichtet hat und den 20 Mille in den Arsch bläst. Deswegen kommt dann so Coman und sagt, ja, hallo, wenn der da 20 Mille kriegt, dann will ich aber mindestens 17 haben. Weil ich ja auch so eine Maschine bin. Und dann kommt der Knabri um die Ecke, der 10 gute Spiele macht. Ja, hallo, wenn der 17, dann will ich aber auch 17 haben, sonst gehe ich hier ablösefrei. Ja, was macht der große FC Bayern? Ja, klar, jetzt hier, nimm mal. Seitdem macht er 3 gute Spiele in der Saison, Alter. Das ist so lächerlich. Sollten mal, aber du kannst das ja nicht bringen. Du kannst jetzt nicht als FC Bayern sagen, komm, wir machen jetzt 5 Millionen Grundgehalt, alles andere, du kannst auf 20 Millionen im Jahr kommen, ist leistungsbezogen. Kannst du ja nicht bringen. Weil, da müsste ja die ganze Fußballwelt mitziehen, das macht ja keiner. Ist halt wild alles. Aber nein, wegen mir, Davis, tschüss, Alter. Go, go. Hau rein, Junge. Stell jetzt den Dingens dahin und gut ist. Ganz ehrlich. Sowas Freches, Alter. Die Ideen funktionieren nicht, weil alles so unpräzise und damit langsam ist. Kaum ein Pass kommt präzise genug und kein einziger One-Touch-Pass. Ja, aber guck mal, warum denn nicht? Warum sehen wir das unterm Tuchel nicht? Weil wir uns immer in jedem Spiel am Gegner orientieren. Wenn du doch mal eine eigene Spielidee hast, nimm den VfB Stuttgart als Vergleich. Da spielt nicht ein Überspieler. Ja, vielleicht der Stürmer, nimm den vielleicht mal ein bisschen raus.
Da spielt Angelo Stiller übrigens, ja. Ich glaube auch auf der 6er-Position, der von unserer Jugend kam. Bei uns halt auch wieder einfach weg. So, da siehst du eine Spielphilosophie. Da siehst du One-Touch-Fußball. Weil jeder weiß, wenn ich jetzt hier den Ball kriege, kann ich den dahin spielen, da ist jemand. So, aber all das haben wir doch bei uns nicht. Weil wir keine Spielphilosophie haben. Weil wir uns jedes Spiel am Gegner orientieren. Wir orientieren uns am ersten FC Köln, dass wir den Ball 90% in unserer Hälfte im Kreis spielen müssen, damit wir keinen Ballverlust bekommen. Alter, wenn die Jungs bei uns, die 17 Millionen im Jahr verdienen, nicht in der Lage sind, einen Pass über 3 Meter zu spielen, ganz ehrlich, dann fangen wir mit Grundlagentraining an, Alter. Und dann zwar sonntags, wenn die sonst mit ihrem Arsch zu Hause sitzen. Was ist denn los? Junge. Wild. Mann, mir wird richtig warm gerade. Spieler sollten für diese jämmerliche Darbietung wenigstens ihre Auswärtsfans die Trikots plus an Abfahrt erstatten. Ja, das wäre mal ein Zeichen auf jeden Fall. Wird natürlich nie passieren, weil das alles Multimillionäre sind und natürlich da mal nicht ein paar tausend Euro Verlust hinnehmen können, Alter. Bayern sind einfach keine Mannschaft mehr, ja, ganz genau. Keine Einheit, gar nichts. Keiner rennt für den anderen. Wie kann es sein, solche Superstars solche Leistungen abliefern? Ja. Das ist die große Frage, ne? Ich hoffe als Fan langsam, dass die Saison so richtig mit Anlauf in den Sand gesetzt wird. Vielleicht merken die Bosse dann endlich mal, was los ist. Also ganz ehrlich, ne, wenn man das nach letzter Saison nicht gemerkt hat, nachdem man mit viel Glück deutscher Meister geworden ist, völlig unverdient, dann weiß ich es auch nicht mehr, Alter. Dann musst du auch mal darüber nachdenken, da einen kompletten Change zu machen, Alter. Junge. Wie kann es sein, dass ein Kim bei Neapel ein super Verteidiger ist, aber Bayern solche Fehler begeht? Ja, nochmal, der ist neu bei uns, dann kommt er in eine Mannschaft, die keinen Sechser hat. Ja, ist er vielleicht auch ein bisschen anders gewohnt. Dann kommt er in eine Mannschaft, wo die Außenverteidiger Davis die ganze Saison schlecht ist. Muss viel nach außen auch aufrücken. Weiß ich nicht, ob man das in Kim so ankreiden kann, alles, weißt du? Ja, wenn er schlecht spielt, kriegt er von mir auch einen auf den Deckel. Habe ich ja auch getan, die letzten Spiele. Aber gerade bei ihm muss man, glaube ich, ein bisschen Rücksicht mal nehmen. Ne? Glaube ich schon. Und man kann nicht verlangen, dass er dann so der große Heizbringer dann ist. Mara, singe nicht so eine Lieder. Hier ist ja echt was los, wie bei der Jahreshauptversammlung. Hier ist mehr los. Tuchel hat leider die Licht gesägt. Dann kam seine Verletzung auch noch dazu. Ja, das war auch ein Riesenfehler, meiner Meinung nach. Weiß nicht, was für einen Narren der Tuchel an Schuppo gefressen hat, aber kann nicht verstehen, wieso man in der Halbzeit ihn nicht gleich mit ausgewechselt hat. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Heute haben wir alle 4 Puls, das ist sehr gut. Dann brauchen wir die Heizung nicht so hochstellen. Der Kimmich kommt bei mir immer zu gut weg. Müller immer zu schlecht. Ja, ganz genau. Ist so mein Credo. Ach, perfekt. Viele verstehen nicht. In Italien stand die Abwehr sehr tief und sein größtes Problem war, unter Druck Pässe zu spielen und sich befreien. Das kam aber nicht oft vor, weil Neapel sehr kompakt war. Ja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Wie gesagt, defensiv, Zweikampf und so ist er echt ein guter Spieler. Ne? Der auch Kopfball stark, also da gibt's ja gar nichts dran zu rütteln. Aber ja, wenn du dann schon einen Außenverteidiger hast, der defensiv einfach eine Nulpe ist, wenn du keinen defensiven Mittelfeldspieler noch vor dir hast, der irgendwie Arbeit abnimmt, dann ist das vielleicht auch alles ein bisschen ungewohnt für ihn. Ich glaube, man redet sich dort die Fehler immer schön, anstatt daran zu arbeiten. Ja, ich weiß nicht, ob man die Fehler überhaupt irgendwie anspricht.
tut das immer gefühlt so ab, so, ach ja, in 3 Tagen wird ja wieder alles besser, weil es das nächste Spiel da ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema irgendwie. Ja, das ist ja nicht nur Kimmich, ne? Wäre ja fein, wenn nur Kimmich das Problem wäre. Der Name nimmt hier viel zu viel Raum ein. Mir ist Samir, wer verkörpert das von den Spielern? Kimmich ist immerhin noch einer, der Emotionen zeigt auf den Spieler, wird seit Monaten eingeprügelt. Bemerkenswert, dass er immer noch Einsatz zeigt. Der Trainer muss das doch hinkriegen, eine Mannschaft auf diesen Klasse Fußballern zuvor, Mannschaftsgeist, weiß ich nicht. Ja, es ist mit Sicherheit nicht nur Kimmich. Stimme ich dir zu, aber Kimmich ist halt Ziel Nummer 1, weil er unterirdische Leistung bringt und er sich vor der Saison dahingestellt hat und hat gesagt, ich bin hier der Sechser. So, daran wird er dann gemessen und dann kriegt er auch zu Recht auf die Fresse. So, das ist er selber schuld. Hätte er das mal vor der Saison nicht getan, dann müssten wir alle nicht so an ihn kritisieren, dann könnten wir das alles auf den Tuchel weiterschieben. So, aber er hat sich ja selber in diese Lage gebracht, der gute Herr Kimmich. Ja, man hätte ja irgendwas machen können. So, wie gesagt, wo wäre das Problem gewesen, Goretzka als in die Innenverteidigung zu stellen? Was hätte er da jetzt noch schlechter machen sollen, als die auf dem Feld waren? Also, ja, man hat es wieder alles so hingenommen, weißt du? Man hat gar nichts versucht. Ja, wir haben dann die Innenverteidiger rausgenommen, also die Außenverteidiger rausgenommen, 2 neue gebracht, weil dann einer höher gehen sollte und hinten eine Dreierkette sein sollte, was gar nicht geklappt hat. Meistens standen dann die Innenverteidiger hinten alleine rum, weil beide hochgeschoben haben. Alter, und vorne waren immer noch dieselben Chancen tot, die in der ersten Halbzeit auf dem Feld waren. Was soll sich denn da ändern? Wenn doch so ein Choupo oder so ein Coman einen schlechten Tag haben, was will man denn dann verlangen? Dass die dann, wenn sie eine große Chance haben, die ganz souverän reinschieben? Natürlich nicht, aber die haben halt einen schlechten Tag. Raus! Auswechseln, Punkt. Wofür hast du denn die Bank? Das ist doch das Schlimme. Choupo hat doch noch die Chance gehabt zum 2-3. So, den hätten Blinder mit Krückstock reingeschoben, Alter. Junge, Junge. Das verstehe ich halt nicht, weißt du? Wenn er eine gute Form hat und stark gespielt hätte, alles gut, lass ihn auf dem Feld, Alter. Hat er aber nicht. Und dann wechselst du bei 5-1 Müller und Musiala ein, Alter. Fällt dir ein Ei aus der Hose. Junge, Junge. Horst de Licht ist bald wieder zurück. Ja, das Problem ist, er wird ja trotzdem nicht spielen unterm Tuchel. Obwohl Minja ist ja beim Asien Cup, dann darf er spielen. Ne? Danach ist dann wieder vorbei. Vielleicht hat Tuchel die Mannschaft 10 Tage kaputt trainiert. Alter, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber Götze war doch stark auf Frankfurter Seite. Und natürlich nur deswegen, weil er keinen Druck bekommen hat. So, deswegen habe ich ja gesagt, du hättest halt einen Conny Leimer bringen müssen auf der 8 der zweiten Halbzeit, damit der Druck macht auf den Götze. Götze ist jetzt auch kein Gott, Alter. Aber der hat Frankfurt auf jeden Fall das Spiel getragen von Frankfurt. Der hat ja keinen Druck gekriegt. Von wem auch? Das ist ja auch nicht Leon seine Spielweise, Alter. Und von Kimmich brauchen wir gar nicht erst anfangen. Von Schupo auch nicht. Also, weiß ich nicht. Man ergibt sich halt so, weißt du? Ich verlange halt einfach vom Trainer, er sieht das doch selber, Alter. Wir wissen, also Tuchel ist doch wirklich ein guter Trainer. Der wird doch selber sehen, was gerade wie scheiße läuft. Warum nimmt man das so hin? Das verstehe ich nicht. Allein die erste Viertelstunde. Warum nicht die Anweisung an Leon? Leon, lass dich mal hinten auf die Doppelsechs fallen. Das geht so nicht lange gut. Warum nicht diese Anweisung allein schon? Das wäre doch schon mal ein Anfang gewesen. Ja? Und vielleicht auch mal die Anweisung zu sagen, pass mal auf, Heavy, gib jetzt mal ganz klar den Zehner und Schupo gib mal den Neuner. So. Dass du mal irgendwas versuchst, aber das gab es alles gar nicht. Das verstehe ich nicht. Und normalerweise so schlecht wie die Mannschaft war, wäre es auch kein Problem gewesen, nach 20 Minuten einfach mal jemanden auszuwechseln, Alter. Einfach mal, um mal ein Statement zu bringen. Das wäre mir auch scheißegal gewesen, wen. Da hättest du nämlich einmal quer durch die Reihe gehen können. Einfach um ein Statement zu setzen, zu sagen, Männer, hier, so eine Leistung reicht mir nicht. Nichts. Wir ziehen das, wir gucken uns das an, draußen auf der Bank, stehen dann mal einmal auf, dann setzen wir uns wieder hin, schütteln mit dem Kopf, sprechen mit dem Co-Trainer, der auf sein Tablet guckt. Alter, boah, könnte ich platzen bei. Verstehe ich halt einfach nicht.
Pavlovic auf die 6 und Müller und Musiala, das sind Zehner, aber Tuchel hat keine Taktik. Ich weiß es, Tuchel hat, er muss ja eine Taktik haben, aber wie gesagt, ich glaube einfach, er orientiert sich viel zu viel am Gegner, Alter. Nochmal, das kannst du irgendwie in der Champions League machen, ab Halbfinale, wenn da die Kracher kommen, aber doch nicht in der Bundesliga, Alter. Meine Güte, ey. Das verstehe ich nicht. Ja, wir machen die Pressekonferenz gleich noch. Wenn ich unten am Chat angekommen bin und ihr nichts mehr schreibt, gehe ich in die Pressekonferenz. Also ihr bestimmt das, wann das hier losgeht. Das Problem zieht sich die letzten Jahre, irgendwas passt da nicht in der Teamchemie und der Trainer ändert nichts, weil der nicht konsequent ist. Ja, ich weiß das auch nicht. Ich verstehe es halt auch nicht. Und ja, das ist, du kannst das nicht alles dem Tuchel ankreiden, das war schon vorher so. Ne? Da müssen wir nicht drum herum reden. Also da sind ganz, ganz viele Sachen im Argen. Wir können halt wirklich froh sein, dass wir die ganzen Krüppelspiele diese Saison durch unsere individuelle Einzelleistung und durch Harry Kane gewonnen haben. Überlegt euch mal, wir hätten keinen Harry Kane da vorne, sondern da wäre Chancentod Choupo gewesen. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wo wir dann stehen würden. Also, und das wirst du in der Rückrunde nicht nochmal so haben. Dass du so viel Spielglück dann auch hast, was wir hatten teilweise, ne? Das hat halt echt über so viel hinweggetäuscht. Ja, aber das war ja schon das Thema unter Nagelsmann. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den Spielern nicht zu viele Infos mitgeben, sodass sie nicht überfordert sind. Solche Ausreden finde ich schon eher peinlich als FC Bayern. Ja, aber das war schon unter Nagelsmann so. Die Spieler waren unter Nagelsmann überfordert, dass wir dann aus einer Viererkette eine Dreierkette machen sollten. Das hat über ein Jahr gedauert, damit wir das überhaupt mal umsetzen konnten. Da hat sich der Mannschaftsrat, bestehend aus Manuel Neuer, Thomas Müller, Lewandowski und Josh Kimmich und Goretzka, beim Nagelsmann beschwert, dass das alles zu kompliziert ist, was er möchte. Das musst du dir mal reintun, Alter. Das ist zu kompliziert. Das geht nicht. Und dann fängt der Tuchel jetzt an und macht 5 Minuten vor Spielanpfiff, will er irgendwas ändern. Ja, wie. Da siehst du, was passiert ist, Alter. Deswegen war der Flick so erfolgreich bei uns. Ohne Scheiß. Weil der Flick sagt so, Männer, hier, ich pude alle, ich halte alle Ballone, spielt Fußball. Das ist das ganze Geheimnis. Da gab es nicht, oh, wir müssen jetzt aber hier taktisch und da und hier. Nee, spielt einfach Fußball. Wild. Aber ist natürlich ein Armutszeugnis, ne? Muss man mal so sagen. Servus, John Jay. Hat mich so aufgeregt, dass Tuchel das erzählt hat. Naja. Hat sich der Frust auf Weekend schon gelegt? Nee, der flammt gerade richtig auf irgendwie. Ach ja. Dass der Tuchel die falsch einstellt, müssen die Spieler das lösen können. Ja, natürlich, das ist ja, was ich auch sagte. Guck mal, du musst doch als Leon Goretzka, der große Führer, Anführer, was er ja auch immer gerne sein möchte, wie er sich auch selber darstellt, muss er doch sehen, oder auch ein Kimmich. Da nehme ich beide in die Pflicht. Man hat doch in der ersten Viertelstunde gegen Frankfurt gesehen, Kimmich wurde raumgedeckt von 3 Frankfurtern. Ja, das sah so aus wie ein Trainingsspiel, Dreieck und Kimmich in der Mitte. So, deswegen war Kimmich keine Anspielstation. Und Goretzka stand vorne irgendwo und hat nicht einen Ball gesehen. Da muss ich doch, selbst wenn die Anweisung eine andere sein sollte von einem Herrn Tuchel, muss ich doch in der Lage sein, als Kimmich und Goretzka sich mal kurz zu schießen und zu sagen, komm mal hier 20 Meter mit nach hinten und hilf mal mit, dass wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen und eine Anspielstation haben. Das muss doch möglich sein. Aber man hatte eher so das Gefühl so, ach ja, der Trainer hat jetzt 5 Minuten vor Spielanfang hier nochmal die Taktik geändert. Ja, dann zeigen wir ihm jetzt mal die lange Nase und ziehen das so durch, wie er es haben möchte. Ist uns doch egal, wenn wir dann 5-1 verlieren. So kam das rüber. Da wird er schon sehen, was er davon hat. Dass er jetzt 5 Minuten vom Spiel, jetzt will er nochmal eine andere Taktik. Wir sollen uns umstellen. Nee, das machen wir nicht. Hier, meh. So kam das rüber. Wild. Darfst du keinen erzählen, Alter. Ja, aber Welten, Alter. Also wie gesagt, ich habe das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen gesehen, aber
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei uns so einen Fußball gesehen habe. Ja, gerade erste Halbzeit von Stuttgart. Alto Belli, ey. Boah. Die sind uns weit voraus, was das anbelangt. Ob das erfolgreicher ist am Ende des Tages, ist eine andere Geschichte. Ja, es ist aber um Welten schöner, sich anzuschauen. Vielleicht wird Tuchel von seinen Spielern einfach zu viel und gibt ihnen keine klare Richtung vor. Ja, I don't know. Kann sein. Unter Guardiola wurden die Spieler sicherlich mit mehr Infos ins Spiel gegangen sein. Geschickt worden sein. Ja, gehe ich auch von aus. Da war es aber vielleicht akzeptiert. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es halt alles. Alles ist widersprüchlich bei uns im Moment. Dumm von Tuchel war nach dem Dortmund-Spiel die Klappe zu weit aufzureißen, denn am Ende haben die Experten jetzt wieder recht. Ja gut, Lothar hatte sowieso recht, da müssen wir nicht drüber reden. Lothar hat da auch nichts Schlimmes gesagt. Lothar hat gesagt, dass es keine Weiterentwicklung gibt und dass wir die Spiele bisher durch Einzelaktionen gewonnen haben. Und genau so war es doch auch. Didi Hamann lasse ich da mal raus, das ist eine Ballerbirne. So, aber mehr hat der Lothar nicht gesagt, wenn wir es jetzt mal auf den Lothar runterbrechen. So, das habe ich auch da schon gesagt. So, und so wie der Tuchel reagiert hat, klar kann er so reagieren, war auch lustig anzusehen und so weiter, aber allein daran hast du doch schon gemerkt, dass er selber das sieht. Ja. So, und dann hat das Ganze jetzt 2,5 Spiele lang gehalten, dass wir einen Aufwärtstrend hatten, dass wir einigermaßen stabil waren und dann ist jetzt das ganze Kartenhaus zusammengefallen, Alter. Krank. Wir dürfen auf jeden Fall keinen Titel holen, sonst wird alles wieder verklärt. Ja, mein Gott, wenn die Mannschaft sich fängt und guten Fußball spielt, können wir ja auch Titel holen. Ist ja alles gut. Aber wenn das wieder so ein Gegurke wird wie letzte Saison, dann ja. Ja, Pavlovic, wenn er öfter spielt und mal eine Chance geben würde, da mal anders aussehen und Umbruch zu machen. Ja, das tun wir ja nicht. Das ist ja, was ich gesagt habe. Das tun wir ja einfach nicht. Du hättest ja auch, was weiß ich, du hättest einen Leon auch auf der 6, du hättest auch einen Leimer auf der 6 hättest du probieren können, auch wenn ich einen Leimer da nicht unbedingt sehe. Keine Ahnung, du hättest so viel halt mal ausprobieren können, aber tut man halt alles nicht. Ist halt wild. Gravenberch war vorher schon eine Maschine. Ja, war er auch. Aber was hat man gemacht? Kimmich und Goretzka, die wirklich richtig schlecht waren. Die ganze Saison durch. Der Gravenberch hat nicht einmal eine faire Chance gekriegt. Lächerlich. Und dann wurde er damit abgeschoben. Ja, nee, das ist für mich kein Sechser oder Achter. Es ist für mich ein Zehner. Und einen Zehner haben wir in Müller und Musiala. Den brauchen wir nicht. Den können wir verkaufen. Ja. Man könnte mal gucken, was Kloppo gesagt hat. Der sieht das ein bisschen anders. Bild. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, Alter. Das ist halt wieder, sind wir wieder bei dieser Sache. Junger Spieler, der geformt werden möchte. Ja. Wo Tuchel keinen Bock drauf hat anscheinend. Tuchel möchte hier, ich kaufe mir die Mannschaft zusammen, wie es bei Chelsea und PSG war, gestandene Spieler, die forme ich ein Team raus nach meinen Vorstellungen, dann klappt das auch. So, aber das passt ja nicht zu unserer aktuellen Strategie, die wir fahren möchten im Verein. Deswegen weiß ich nicht, schwierig, wie das gerade zusammenpassen soll. Bin sehr gespannt. Und natürlich ist ein Tuchel kein schlechter Trainer. Der Herr Schupo hat halt keine Form, Alter. Das ist doch das ganze Problem. Deswegen sage ich doch, das ist doch ein Witz, dass der Schupo da auf dem Feld stand. Wenn der Schupo eine gute Form hat er gezeigt, oder Nagelsmann damals, ja, dann kann er ja auch ein Goalgetter sein, Alter. Da wollen wir nicht drüber reden. Aber er hat halt keine Form. Ich weiß auch nicht, wo man ihn in Köln so stark reden musste, wie er. Ich habe das nicht gesehen, Alter. Und wenn du dann die Dinger nicht machst, die Chancen, die du hast, ja, dann sieht es halt so aus, wie es aussah. Kimmich ist eine kleine Diva, statt nach rechts zu gehen und der Mannschaft damit zu helfen, spielt er natürlich als möchtegern Sechser lieber neben seinem Kumpel Goretzka. Das weiß ich nicht. Ich finde es aber halt auch schwierig, dass das nicht mal irgendwie überhaupt zur Diskussion steht bei uns. Was soll Tuchel auch groß sagen, wenn er die Wahrheit sagt, heißt es wieder, er mache seine Spieler schlecht, obwohl man die gar nicht schlechter machen kann, als sie gespielt haben.
Naja, ich denke, wenn man so ein Spiel sieht und der Tuchel dann sagen würde, was Phase ist, wo sagt er dann, dass er die Spieler schlecht macht? Die Spieler waren schlecht. So, weißt du? Wenn ein Spieler gut spielt, und er ihn dann schlecht reden würde, wäre es ja was anderes, ja? Dann können wir das ja gerne bringen, das Argument, aber weiß ich nicht. Es wird einfach mal Zeit, das muss ja gar nicht von Tuchel kommen, aber es wird mal Zeit, dass mal wieder so eine klipp und klare Ansage kommt, ja? Und zwar von jemandem mit Tragweite, mit Autorität. Wie gesagt, damals die Ohren, Franz Beckenbauer, da gab es eine Ansage, dann hat das gerumst im Verein und dann war auch gut, ja? Aber das fehlt seit 2 Jahren bei uns. Jeder, der da irgendwas sagt, den nimmt keiner ernst oder sonst irgendwas. Also, ich weiß es nicht. Wild. Da fehlt halt so einer, so, weißt du? Schwierig. Davis ist seit einem Jahr schon mit Kopf in Madrid. Ja, das weiß ich nicht. Ist mir auch Wurst. Wenn er dahin will und so eine Leistung bei uns zeigt, ja, dann tschüssi. Hau rein. Ja, ja, genau so meinte ich das auch. Achso, dann habe ich das falsch verstanden mit Expected Goals. Ja. Ja, ja, ich denke, da muss man auch immer ein bisschen differenzieren, ne? Berater und so weiter. Alter Kai, was schreibe ich hier? Stimme bei allen zu. Was? Guten Hunger. Nee, ich krieg keine Hetze. Sei denn, der Tuchel erzählt gleich Mist auf dem PK. Dann ja. Eine Ecke Sané, fast ein Tor. Alle Kimmich-Ecken für das Gesäß und trotzdem wird er die weiterschießen. Ja, da sind wir wieder bei Kimmich, ne? Zumindest haben die gemerkt, dass sie keine 2 Spieler an der Ecke brauchen. Ja, das haben sie sich, glaube ich, von Stuttgart abgeguckt. Ach, herrlich, Alter. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob der Kimmich da was für kann. Weißt du? Ich weiß ja nicht, ob das so. Aber nochmal, wenn ich dann so ein großer Führungsspieler bin, haben wir ja schon oft gehabt, das Thema. Und ich schieße 8 Ecken rein, die Rotze sind. Dann muss ich in der Lage sein, zu meinem Mitspieler zu gehen und sagen, pass mal auf, schießt du jetzt mal ein paar Ecken. Ich kann das heute nicht so. Ich habe einen schlechten Tag. So, das verlange ich von so einem großen Leader, der er sein möchte, einfach. Die letzten beiden Spiele verlieren in der Liga, ist der Tuchel über Weihnachten weg. Ja, sehe ich genauso. Und egal wer dann kommt, läuft es wieder und Müller spielt immer. Das würden wir sehen. Ähm, schwierig. Ja, und Davis, ja, da müssen wir nicht rumreden. Also, wie gesagt, man macht ein faires Angebot, wenn er das nicht annehmen möchte, ist doch gut. Ja. Mein Gott, es ist jetzt nicht so, dass er unersetzbar bei uns ist. Ja, er ist super schnell. Ja, toll. Alles andere kriegt er im Moment nicht auf dem Rasen. Auch da gibt's verschiedene Gründe für, müssen wir nicht drum herum reden. Und er kann natürlich ein richtig starker Spieler sein für uns, ja. Das müssen wir ja auch nicht verschweigen, aber er muss dann halt einfach auch eine gewisse Mentalität mitbringen, sag ich mal, und ein gewisses, ja, weiß ich nicht, Demut vielleicht, aber wenn du dann so siehst, da ist so ein Gnabry, der die ganze Saison auf der Bank sitzt und kriegt 17 Mille. Ja, da willst du halt auch in diese Riege, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist ja, sag ich ja, bei uns ist das Gehaltsgefüge halt einfach sehr, sehr im Arsch gerade. Ich fand Gnabry eigentlich immer besser als Coman. Coman hat halt das wichtige Champions League-Tor gemacht. Nee, ich fand Gnabry nie besser als Coman. Aber das ist eine Geschmackssache. Aber Coman ist im Moment zu eigensinnig. Viel zu eigensinnig. Aber ich denke, das wird auch eine Anweisung sein, weil das unsere Spielweise so ein bisschen ist mittlerweile. Und da hat Coman nicht ja, er hat jetzt mal 3 Spiele, 3 Tore gemacht, ne? Aber ansonsten, das ist halt so ein bisschen so die Schwäche. Seine Stärke war eigentlich immer, Tore vorzubereiten. Aber das ist irgendwie im Moment nicht so der Fall. Davis verkaufen, Kretzi spielen lassen. Ja, warum nicht? Also schlechter kann das auch nicht machen, wie es ein Davis aktuell macht. Und wenn alles nicht besser wird, dann muss es halt passieren. Ja, genau, jeder weiß, was ich meine. Da muss ich ran als Coach. Ah, das wäre Kulturschock, Alter. Das wäre Kulturschock. Ja, natürlich nicht, denke ich, dass Tuchel sagt, die sollen schlechte Pässe spielen. Das ist doch aber, was ich meine. Wenn die das nicht hinkriegen, ja, dann musst du mal Grundlagentraining machen, Alter. Da musst du mal wie eine E-Jugend anfangen und musst mal Pässe im Training trainieren.
Trotz der schlechten Leistung von Gnabry tut mir das schon leid, dass er sich jetzt sofort nach seiner Einwechslung verletzt hat. Ja, eine Verletzung wünschen wir keinem. Aber Gnabry wirkt auch nicht fit, Alter. Er wirkt nicht fit, er wirkt auch nicht irgendwie. Also Gnabry wirkt nicht wie ein Spieler, wo man sagt, ach komm, der will wieder in die erste Elf rücken, der hat Bock, wenn er reinkommt, ist der on fire. All das vermisst du beim Gnabry. Der kommt da rein, so, ja, ich bin jetzt hier auf dem Feld, ich trab hier mal ein bisschen rum. Ja, wenn mal irgendwie ein Ball nach vorne geht, dann gebe ich auch mal richtig Gas. Und nach hinten lasse ich das einfach ganz sein, dann tue ich mir nur weh. Ja, keine Ahnung. Schwierig halt. Ich glaube, im Nachhinein hätte Bayern die Meisterschaft letzte Saison nicht gewinnen sollen. Dadurch wurde wieder viel schön geredet. Ja, was halt leider traurig ist. Weil da gab es nichts schön zu reden. Man kann ja trotzdem die Meisterschaft feiern und kann dann trotzdem klar analysieren, was Phase war. Ne? Aber das hat man halt wieder nicht getan. Warum auch immer. Keine Ahnung. Warum setzt Fonsi nicht mehr auf seine Sprintqualitäten über Außen? Ja, weil das taktisch nicht vorgesehen ist. Das ist ja auch die andere Sache, die ich schon sagte. So, taktisch ist das, unser Außenverteidiger läuft 20 Meter maximal in die gegnerische Hälfte, bleibt dann stehen, spielt den Ball auf den Außenspieler oder in die Mitte und rennt wieder nach hinten. So. Das ist so ein bisschen unsere Spielweise bei den Außenverteidigern. So, wo siehst du denn mal, dass ein Fonsi oder auch ein Mazraoui oder ein Leimer, wenn er da spielt, dass sie mal den Flügelspieler hinterlaufen und mal versuchen, nach außen zu kommen, um eine Flanke zu schlagen? Das siehst du in Abdurul gar nicht. Das ist gar nicht unsere Spielweise. Was aber dann auch wieder wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir uns ja zu 100% am Gegner orientieren und dann heißt es wieder, oh, die sind in der Mitte aber sehr kopfballstark und wir haben dann nur einen Harry Kane. Nee, dann brauchen wir jetzt gar keine Flanken schlagen, das macht ja keinen Sinn und wir wollen nicht so weit aufrücken, weil dann fehlt der, da ist er wieder nicht schnell genug hinten, der Außenverteidiger, deswegen möchten wir das nicht. Ich weiß es nicht. All das sehen wir ja die ganze Saison nicht. Hier ist ja der Support-Admin, der ist ja unser Statistikguru, kann ja gerne mal nachgucken, wie viel Läufe wir haben, wo der Außenverteidiger mal an der Grundlinie ist und mal eine Flanke schlägt. Ich kann mich an keine Szene erinnern, wo das mal der Fall war. Ich glaube, in Spiel 1 oder 2 hat Davies mal aus dem Halbfeld eine Flanke auf Harry Kane geschlagen. Das war, glaube ich, auch die erste Flanke, die auf Harry Kane ging. Aber ansonsten, du siehst ja nicht, dass der Außenverteidiger mal groß hinterläuft oder sowas. Ganz, ganz selten. Also, das ist gar nicht mehr unsere Spielweise. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Weil wir mehr Stabilität haben wollen in der Abwehr. Ja, aber deswegen sage ich auch, dann brauchst du keinen Fonsi. Dann kannst du dann kannst du einen Guerrero da hinstellen. Das spielt keine Rolle. So, weil wenn er nur bis dahin gehen darf, dann ist er wieder schnell genug hinten. I don't know. Wild. Ja, sehe ich genauso. Unsere IVs müssen einfach zu viel Raum abdecken bei unserer Spielweise und dem Verhalten unseres Mittelfelds. Ja, genau. Unsere IVs sind die ärmsten Schweine. Das ist einfach so. Ja. Sind die ärmsten Schweine auf dem Feld. Ich glaube, dass die Innenverteidiger gerade so schlecht aussehen, liegt auch daran, dass sie teilweise allein gelassen sind. Ja, nicht nur teilweise. Ja, da müsste ein Sechser mitverteidigen. Ja. Nicht nur ein Sechser. Ja, auch die Außenspieler müssten da mal mit nach hinten arbeiten. Was sie auch nicht getan haben. Einfach Fußball dürfen wir nicht spielen, weil man dabei keine Handschrift von Trainer sehen kann, weil heutzutage der Trainer zu wichtig ist oder er meint, dass er zu wichtig ist. Ja, weiß ich nicht. Also wenn man, keine Ahnung, wir könnten ja jetzt sagen, als FC, ist ja egal, welche Taktik du nimmst. Du kannst ja jetzt sagen, komm, Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Genau. Wir können ja sagen, wir stellen uns hinten rein, spielen auf Konter. Super langweiliger Fußball, könnte man aber sagen. Dann hat man eine Taktik, an der man sich orientieren kann, der sich die Mannschaft orientieren kann. Man kann sagen, lass uns durch schnelles Kombinationsspiel durch die Mitte spielen, lass uns über Außen spielen, hauptsächlich und mit Flanken arbeiten. Dann kannst du auch sagen, ja, ich habe ein Argument, den Leon zu bringen, auf der 8 oder auf der offensiven 8, damit der Leon mit als kopfballstarker Spieler in den 16er mit reingehen kann, neben Harry Kane. Haben wir dann 2 kopfballstarke Spieler da. Aber all das hast du ja nicht. Egal welche, es gibt ja ganz, ganz viele Varianten, aber du hast keine. Du siehst keine bei uns. Du siehst keine Handschrift vom Tuchel. Gefühlt spielen wir jedes Spiel irgendwie ein bisschen anders.
Weil wir uns immer irgendwie an dem Gegner orientieren wollen. Und das raff ich halt einfach nicht. Ja? Und dann kriegst du halt auch keine Automatismen rein. So, und dann stehst du da wie ein Ochs vom Berg, wie es gegen Frankfurt war, wie es gegen Kopenhagen war, auch wie es gegen Köln war. Stehst da und weißt nicht, was du machen sollst. Also, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich meine, wenn man eine Strategie hat und die funzt dann nicht, ja, du spielst gegen Gegner eine Halbzeit und es klappt halt gar nicht. Ja, du kannst ja mit deiner Standardspielweise, die du so hast, kommst du nicht weiter. Ja, da muss man natürlich einen Plan B und Plan C haben, um irgendwas zu ändern. Aber das haben wir ja erst gar nicht. Wir haben ja gar nicht erst diese Sache, wo man sagt, ja, das ist, ja, guck mal, den Fußball, ja, das weiß ich direkt, den spielt der FC Bayern. So, das haben wir nicht. Wir haben keine Philosophie. Null. Wir haben die Philosophie, ja, Einzelaktion und vielleicht machen wir ein Tor. Das ist unsere Philosophie dieses Jahr. Das reicht halt einfach nicht. Punkt. Aber jetzt stellt euch mal vor, mit diesem Spielermaterial, was wir hier haben, hätten wir dann noch eine Philosophie, Alter. Was dann möglich wäre. Kim ist gut, aber ist doch kein Führungsspieler. Ja, das weiß ich nicht. Das kann man ja auch noch nicht beurteilen. So, aber er kann ja kein Führungsspieler sein nach den paar Monaten, die er jetzt bei uns ist. Also das geht ja auch nicht. Das kann man nicht verlangen. Genauso bei Harry Kane, wobei Harry Kane das schon teilweise versucht. Aber auch da, lass die Leute doch mal ein Jahr da sein. Dann können wir auch darüber reden, dass man sagt, ich bin jetzt hier Führungsspieler. Ja? Das andere Problem ist, dass dann da so Kampfgnome wie Kimmich und Goretzka herumlaufen, die unbedingt Führungsspieler sein wollen, es aber nicht rüberkriegen auf dem Feld. Aber da ist halt der Trainer für verantwortlich. Ja? Wenn der Trainer da ist, muss er sagen, pass mal auf, das sind jetzt hier meine Spieler, das ist mein Spielerrat, wir müssen jetzt was ändern, seit 2 Jahren ist das hier ein Gegurke. Das passiert ja alles nicht. Ja, das passiert nicht. Alles wird so gelassen, wie es ist, alles wird immer schön, hier heiti-teiti, der Arsch wird gepudert. Da wird doch nichts geändert. So, hättest du doch die Saison machen können. Hättest du sagen können, hier, was weiß ich, Kimmich, Goretzka, komm, hier weg, raus aus dem Mannschaftsrat, Harry Kane rein, frisches Blut rein. Der will Verantwortung, der kriegt gleich Verantwortung. Der ist Kapitän bei Tottenham in der englischen Nationalmannschaft gewesen. Bei England ist er noch Kapitän. So, warum nicht mal andere Sachen bringen? So, Müller sortiert man aus, der Führungsspieler ist. Ja, Neuer wird immer noch mit sich selber ein bisschen was zu tun haben. Warum Torwart in der heutigen Zeit noch Kapitän ist, verstehe ich eh nicht. Aber gut, muss man die Kapitänsbinde tragen, um Verantwortung zu übernehmen? Denke ich halt auch nicht. Aber da musst du halt andere Spieler in die Verantwortung nehmen. Aber das tut man ja nicht. So, man lässt alles wie es ist, alles Friede, Freude, Eierkuchen und wundert sich, dass immer die gleiche Scheiße bei rauskommt. Ich habe es heute in dem Video gesagt, was ich aufgenommen habe. 2 plus 2 ist 4, Alter. Und 2 plus 2 wird immer 4 bleiben. Du musst dann schon eine 2 ändern, damit ein anderes Ergebnis bei rauskommt. Aber solange man das nicht tut, wird sich nichts ändern. Leider. So, du hättest sagen können, hier, De Ligt, so ist mein erster im Mittelfeld, keine Ahnung, schwierig. Ja, da hast du jetzt auch nicht diesen großen Anführer, hättest du vielleicht einen Kimmich belassen. Hättest gesagt, Harry Kane ist mein dritter, so, das ist meine Achse, die ich hier bilden will, die knall ich rein, boom. Ist ja alles nicht passiert. Ganz wild. Vielleicht wie die Mannschaft gegen Tuchel. Ja, das ist schon hart, ne? Wenn das wirklich so wäre, ist das schon wirklich hart. Habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Diese Mannschaft ist untrainierbar. Nee, trainierbar ist sie ja super, weil wir machen ja immer hier Top Training bei uns nur. Sind ja überragend im Training. Aber sie ist wahrscheinlich im Spiel nicht fähig. Haben die ganzen Trainer auf der Bank immer mit ihren Tablets. Sind die schon TikTok-süchtig? Finde ich schlimm sowas. Naja, die gucken sich halt da die Wiederholung an. Ne? Lieber Kai, ich vermute, in Frankfurt wurden wir Zeugen eines nicht angekündigten Warnstreiks, die völlig völlig unterbezahlten Spieler verlangen mehr Geld und eine 4-Tage-Woche. Ja, das könnte sein, ja. Ja, der ist gut, Manfredo.
Wir kennen uns wirklich den Arsch gerettet. Der hat er auch bisher. Allein, dass wir so wenige Gelbe bekommen haben, zeigt doch alles. Da hätten Spieler wenigstens ein paar taktische vorziehen müssen. Goretzka geht doch auch sonst gerne mit dem Körper rein. Ja, das ist halt auch eine Sache, die wir gar nicht gemacht haben. Wie gesagt, wir haben uns ergeben. Wir waren Streik, das passt am besten, Alter. Wir haben uns wirklich ergeben. Wir haben kein Zweikampfverhalten angenommen. Und wenn du ihn halt am Trikot ziehst, kriegst du die gelbe Karte und verhinderst dadurch eine Torchance, Alter. Ist doch alles gut. Aber all das, nee. Ich sag ja, man hatte das Gefühl, so die Mannschaft macht so zum Trainer. So lange Nase, meh. Wir wollen das so nicht. So kam das rüber von außen. Was schon wild ist, leider, ne? Wir können froh sein, dass Leverkusen am Weekend nicht gewonnen hat, aber wir bekommen Stuttgart auch noch. Ja, das kannst du jetzt auch so und so drehen. Wenn du gegen Stuttgart verlierst, ist Stuttgart vor uns. Also von daher. Mal ehrlich, wer soll denn kommen nach Nagelsmann und Tuchel? Der Pöhlermann, Pfui Teufel. Naja, du hättest halt einfach mal ein paar Eier haben müssen. So, wir haben genug gute Trainer bei uns im Verein gehabt. Einen Hoeneß hast du auch gehabt, ja, all sowas. Keine Ahnung. Ist halt wild. Du musst halt erstmal eine klare Strategie im Verein finden und danach musst du dir einen Trainer suchen, der die mitträgt. Ja? Und dann musst du die auch als Verein tragen. So, das ist doch unser großes Problem. Aktuell hat man das Gefühl, der Trainer möchte das, der Verein möchte aber in eine ganz andere Richtung und die Mannschaft möchte nochmal in eine ganz andere Richtung. So, da ist gerade gar nichts, was zusammenpasst. Deswegen musst du dann jetzt vielleicht einfach mal sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt hier mal, wie es Truhe gesagt hat, unterm Strich, wir ziehen jetzt mal einen Strich. So, wir haben einen Freund verpflichtet, wir haben gewisse Vorstellungen, wir haben jetzt auch schon 2 Spieler verpflichtet. So, wir haben gewisse Vorstellungen, die Spieler kommen. Es ist ein Telder, der grandios ist, der aber nicht weiterentwickelt wird, weil er nicht spielt. So, jetzt kommen die nächsten Spieler, die auch wieder jung sind, die du auch weiterentwickeln musst, damit sie den Step machen, um beim FC Bayern was bringen zu können. So, da musst du aber den Trainer haben, der das mitträgt. Ja, und den Eindruck macht Ben Tuchel gerade nicht. So, du musst mal jetzt irgendwo anfangen zu sagen, hier, FC Bayern, sowas immer bei uns. Das FC Bayern, das ist unser Konzept. Danach suchen wir einen Trainer aus. So, das ist irgendwie jetzt mit in den letzten Jahren irgendwie nicht passiert. Beim Nagelsmann hat man das dann gemacht. Ja, wir haben jetzt ein Konzept, wir holen den Nagelsmann. Und dann hat man bei den ersten Unstimmigkeiten, weil die ach so tollen Führungsspieler alle rumgeheult haben, sich beschwert haben. Ach ja, der Nagelsmann ist zu modern, der Nagelsmann nimmt das nicht ernst, hin und her. Natürlich hat er Fehler gemacht, da müssen wir nicht drum herum reden, aber dann hat man den gleich rausgehauen. So. Anstatt diese Strategie mitzutragen. Und er hätte dann vielleicht irgendwas verändert. Ich erinnere, die Hinrunde unter Nagelsmann haben wir wunderschön Fußball gespielt. Ja, Kombinationsfußball, was wir seitdem schon nicht einmal wieder gesehen haben. Das ist doch das große Problem aktuell. Ja, und dann hast du jetzt einen Tuchel da, wo man, ich meine, der Tuchel strahlt das mit allen Fasern und allen seinen Entscheidungen aus. So, er ist keiner, der hat keinen Bock, bei einer Spitzenmannschaft Spieler zu entwickeln. Punkt. Ja, dann passt es nun mal nicht. Fertig. Ja, aber du musst mal jetzt echt, du hast jetzt neue Tünnisse da sitzen wieder. Du musst jetzt echt mal anfangen, oben hier, das, danach werden die Spieler gesucht, danach wird der Trainer gesucht und dann musst du das auch mal durchziehen. Und dann nicht wieder die Flatter kriegen wie beim Nagelsmann, Alter. Anders wird's nicht gehen. Wir können uns jetzt hier noch so rumeiern, wie wir es jetzt tun. So werden wir wahrscheinlich auch die Saison rumeiern. Aber guck dir Alonso an. So, der hat in Leverkusen auch seine Zeit gebraucht. Ja? So, das erste Jahr, wo er da war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, du musst den Trainer auch mal Zeit geben. Du kannst auch den Tuchel Zeit geben. Aber dann musst du dem Tuchel klar machen, was du von ihm möchtest. Dass du halt vermehrt die jungen Spieler verpflichtest und die auch dann in Konkurrenz gehen dürfen. Und nicht heißt hier, das sind die Alteingesessenen, die spielen immer. Wie soll das funzen? Das passt halt nicht zusammen gerade. Und wer da kommen soll, Alter, ist mir scheißegal am Ende des Tages. Ja, du musst einfach einen Trainer haben, der zu deiner Strategie passt. Mir ist ja egal, wie der Trainer heißt. Punkt. Wenn man nicht weiß, was los ist, werden die Erklärungsversuche halt irgendwann absurd. Ja, wie gesagt, da ist vieles im Argen aktuell. Mit der Mannschaft haben wir letztes Jahr schon gesagt,
da gibt's Grüppchen, 100 Pro, da ist was im Argen. Nochmal, dann hast du jetzt eine Strategie, die nicht zum Trainer passt. Oder der Trainer passt nicht zur Strategie, wie auch immer. Das ist alles gerade wild. Man hat das auf der Jahreshauptversammlung auch gesehen, ja. Wo es dann hieß, ja, wir wollen wieder mehr aus der eigenen Jugend. Und wir haben alle Tuchel ins Gesicht gesehen. Also der Tuchel hat sich gedacht, Alter, was? Bin hier beim großen FC Bayern, ich will hier fertige Mannschaft haben, was der Tuchel ja auch kann. Ja, weiß ich nicht. Es wirkt alles gerade so unfertig bei uns. Genauso war es, Flick war nur erfolgreich, wo er kaum taktische Vorgaben gemacht hat. Ja, ist so, was ich vorhin gesagt habe. Jupp und Ottmar, die haben die Rahmenbedingungen gemacht, das Team machen gelassen. Ja, Ottmar und Jupp waren, glaube ich, taktisch schon nochmal einen Tacken weiter, aber ein Flick hat super schlau gemacht, Alter. Ja. Er hat die richtigen Spieler in die richtige Stimmung gesetzt, hat gesagt, hier, auf euch setze ich, spielt Fußball, Alter. Ja. Bayern gewinnt morgen, weil Bayern immer nach einer Niederlage gewonnen hat. Ja, aber das interessiert ja morgen keine Sau, ob wir gewinnen. Wen interessiert das Spiel denn? Wichtiger ist, was Sonntag passiert. Ja, ganz genau. Stuttgart ist viel wichtiger. Lothar hat genau das gesagt, was wir in den Streams bereits erwähnt haben. Okay. Ach, hör auf, ey. Ich wäre kein guter Trainer, ey. Und nein, ich wäre kein Streichler. Ben, servus. Streichler. Das kommt immer drauf an, Alter. Wenn du in der Kreisliga rumkickst, kannst du ja auch ein Streichler sein. Wenn es um Leistungssport geht, kannst du kein Streichler sein. Da ist aber auch nicht natürlich so ein Felix Magath kannst du halt auch nicht mehr sein in der heutigen Zeit. Du musst schon so ein gewisses Mittelding haben. Ne? Ja, richtig guten Fußball, Alter. Ich weiß nicht, ob wir den noch sehen werden. Also dies Jahr mit Sicherheit nicht mehr. Didi hat eigentlich auch nichts anderes gesagt wie Lothar, wenn ich das richtig verstanden habe. Das weiß ich gar nicht gerade genau, was er alles gesagt hat. Didi erzählt immer so viel. Und ja, Pep hat mit der Überfrachtung begonnen, aber er hat alles von A bis Z vorgegeben und dem Team alles und wirklich alles vorgegeben. Das versuchte zum Beispiel Nagelsmann, aber er war unsicher. Naja, aber bei Pep war es ja schon so, ja, er hat alles vorgegeben, aber er hat ja eine klare Spielphilosophie gehabt. Eine ganz klare Spielphilosophie. So. Die auch super geklappt hat. Und da war es dann auch egal, ob ein Kimmich im Mittelfeld gespielt hat, ein Kimmich als Rechtsverteidiger, ein Kimmich als Innenverteidiger. Jeder wusste, wenn ich die Position spiele, habe ich das und das zu tun. Punkt. Das wusste jeder Spieler. Ja? Problem beim Pep war dann irgendwann, dass er dann noch angefangen hat, gerade in der Champions League, dann noch zu sehr wieder auf den Gegner zu gucken und dann zu sehr zu analysieren und hier könnte ich dann noch, wenn ich das noch ein bisschen anpasse und hier noch ein bisschen schraube, dann holen wir da noch das 1% raus, das 2%. So, das war dann vielleicht ein bisschen too much. So, aber du hast ja unterm Pep eine ganz klare Philosophie gehabt. Ja? Ob man die jetzt mochte oder nicht, sei dahingestellt. Ecken haben nicht mehr stattgefunden, das wurde nur kurz gespielt. Zu Hochzeiten, am Ende wollten wir den Ball über die Linie tragen und so weiter. Da gibt es natürlich auch eine Menge negative Dinge, die man dann sagen kann, aber wir haben eine klare Philosophie gehabt. Das ist ja, was ich immer meine. So, unter Tuchel sehe ich keine Philosophie bisher. Man hatte gegen Dortmund und die 2 Spiele danach hatte man so den Anfluch, dass man ein bisschen was erkennt, wie er gerne spielen möchte. Und dann gegen Köln wieder komplett alles anders über den Haufen geworfen und Sicherheitsfußball und bla und Alter Belly. Also, weiß ich nicht. Stuttgart, das wird richtig Klatsche geben am Sonntag. Ja, mal abwarten. Also, wie gesagt, wenn wir die Einstellung haben wie gegen Dortmund, ja, müssen wir vor keinem Gegner Angst haben, aber ja, das haben wir halt gegen Dortmund gehabt. Und das ist halt zu wenig bei 1 von 20 Spielen, wa? Solimani Duplex. Ach, Leute, ich habe was? 2500 Abonnenten, was ich hier von mir gebe. Das interessiert euch, die jetzt gerade hier sind, aber alle anderen noch nicht. Was auch okay ist.
Gravenberch hat das Problem, dass er immer kurz reinkam und dann zu viel wollte, was ja in der Natur der Sache liegt. Naja, das war aber auch erst der Fall, nachdem er gefühlt ein halbes Jahr nur auf der Bank saß. Ja. Also er hat nie eine faire Chance bekommen. Nie. Dasselbe mit dem Tell. So, Tell konnte es jetzt am Anfang jetzt noch gut umsetzen. Dann wurde er jetzt wieder zweimal eingewechselt. Da hat man auch schon gesehen, dass er das gelitten hat. Ja. Das kannst du durchgehen, Alter. Das ist halt schade. So, ist ja nicht so, dass wir keine Qualität haben. Man nutzt sie nur halt nicht. Und ich verstehe das halt nicht. Ich meine, in anderen Spitzenmannschaften geht das auch. Ja. So, bei uns ist aktuell auch so, wir haben 11 Spieler. Und das war's. Du hast nicht das Gefühl, dass man so wie unter Jupp, unter Ottmar, die hatten immer 15, 16, 17, erste 11 Spieler. Ja, da konntest du halt sagen, ja, pass mal auf, so, du hast jetzt 90 Minuten gespielt, wir spielen alle 3 Tage, nächstes Spiel spielt der 90 Minuten, gar kein Problem, weil du 15, 16, 17 Spieler mit im Boot hattest, die wirklich eine Mannschaft waren. Bei uns ist so, du hast 11 Spieler, die immer spielen und das wird nur was gewechselt, wenn verletzt oder wenn 70. ist oder auch mal gar nicht, wie gegen Köln. So, das geht nicht beim Verein wie im FC Bayern, Alter. Das geht nicht. Das verstehe ich halt auch nicht. Es ist ja nicht so, dass du keine Qualität mehr hast. Du hast ja Qualität. Ja, hinten geht das ein bisschen ab, da müssen wir nicht drüber reden. Aber gerade vorne wäre das doch gar kein Problem. Hallo, servus. Warum wir da alles auf den Uli zurückschieben? Der hat ja auch in der Halbzeit gesagt, Schluss mit Taktik, kämpfen müssen wir. Ja, hat er recht. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Uli die Mannschaft aufstellt oder die Taktik vorgeht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das sehe ich genauso, Gerald Banger. Da liegt es aber wieder an Tore. Coman ist auf links besser als auf rechts, genauso wie Sané rechts besser als über links ist. Weiß ich nicht. Kommt halt hängt immer davon ab, wie du halt spielen willst, ne? Wenn du mit Flanken spielen willst, ja, da macht es Sinn, dass der starke Fuß auf der starken Seite spielt. Wenn du eher willst, dass der Iron Robben Move gemacht wird, dann musst du sie halt auf die anderen Seiten stellen. Aber man sollte ja auch in der Lage sein, in der heutigen Zeit das auch mal variabel zu halten. Ne? Wenn man mal 20 Minuten so spielt, 20 Minuten anders spielt. Aber weiß ich nicht, ob da nicht unsere Spieler schon wieder überfordert sind mit der taktischen Anweisung. Genau, jetzt hat er recht damit, dass sich da nur wieder wehtut. Ja, so sieht's aus. Coman und Davies hatten diese Saison zweimal eine gute Kombination gegen Bremen und Augsburg, als Kane das Tor gemacht hat. Ja, gut. Was haben wir jetzt? 20 Spiele oder was? Ich sehe Coman nicht als egoistisch, sondern er ist einfach schwach. Er schafft kein 1:1, er kommt auch nicht an die Grundlinie und flankt. Er verliert nahezu alle Offensiv- und Defensivaktionen. Ja, hat er ja auch die letzten Spiele. Müssen wir nicht drum herum reden. Leimer versucht das öfter, aber er ist kein super Sprinter und Davis vergeigt die sowieso jeden Pass und jede Flanke. Ja, weiß ich nicht. Und Leimer ist auch kein Rechtsverteidiger. Kann da mal aushelfen, ja. Aber jetzt gerade nochmal auf Frankfurt bezogen, du hättest einen Leimer auf der 8 bringen müssen in der zweiten Halbzeit. Dass der Götze halt nicht mehr schalten und walten kann. Der Götze hätte direkt vom Leimer erstmal auf die Socken gekriegt. Ja, und er hätte direkt unter Druck geraten. War ja gar nicht gegeben. Die konnten ja schalten und walten. War ja. Glaubst du, es existiert eine Chance, Alonso zu holen? Und falls ja, glaubst du, er würde die Mannschaft wieder richten? Schwierig. Kann ich nicht beurteilen, ob es eine Chance gibt. Ich weiß nicht, was die Planungen bei uns im Verein sind und was die Planungen bei Alonso sind. Keine Ahnung, wenn du jetzt 3 Spieler verpflichtest in der Winterpause und plant schon für die Sommerpause mit dem Trainer Tuchel und die Spieler, die er haben möchte, dann ist halt auch schwer wieder zu sagen, ja, wir holen jetzt einen anderen Trainer. Hast du wieder die verkehrten Spieler. Nochmal, Alonso hat ja auch seine Zeit gebraucht in Leverkusen. Hat dann auch die Mannschaft nach seinen Vorstellungen
zusammen mit dem Verein aufgestellt. Ja. Deswegen sage ich ja, schlau wäre es mal wieder eine Philosophie zu haben, eine Vereinsphilosophie, danach die Spieler zu verpflichten und dann den passenden Trainer, der zu dieser Philosophie passt, zu verpflichten. Da müssen wir wieder hinkommen, weil dann ist das auch nicht so wild. So, du kannst ja nicht einen Tuchel holen, du holst jetzt 4, 5 Spieler, die der Tuchel haben will, und dann schmeißt du den raus, holst den nächsten Trainer. Dann sind die 4, 5 Spieler, passen wieder gar nicht in die Philosophie rein, und das geht halt nicht. Das war ja auch nie so beim FC Bayern. Wir haben ja immer eine Philosophie gehabt und haben danach die Trainer geholt. Deswegen hat ja dann Flick dann auch so rumgeheult, dass er nicht gehört wird und bla und Sülz. Aber den Tuchel hat man ja jetzt voll mit ins Boot genommen und keine Ahnung. Schwierig halt. Und ob es eine Chance gibt, einen Alonso zu holen, weiß ich halt nicht. Weiß nicht, vielleicht der schon mit Real Madrid oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, auch ein Alonso müsste es zur Zeit geben. Das ist ja, was ich sage. Ne? Und mit den aktuellen Spielern, nein. Du wirst keinen Trainer finden, der, wenn der so agiert wie der Tuchel oder der Nagelsmann, wirst du keinen Trainer finden, der das in den Griff kriegt. So, nochmal, die Spieler, das sind Menschen, Alter. Die haben vor 2 Jahren alles gewonnen, was zu gewinnen ist. Ja, ist halt schwierig, da die Motivation zu finden. So, du musst dann halt einen Konkurrenzkampf ausrufen. Das wird nicht getan. Solange das kein Trainer tut, wird sich nichts ändern. Namen hinter Rom oder Alaba hinter Ribéry, ja. Davon sind wir leider sehr, sehr weit entfernt, da nochmal ansatzweise ein Pärchen zu haben. Leider. Du hast mal gesagt, lass uns mal bis zur Winterpause warten. Ich hatte schon zu Beginn der letzten Rückrunde Bedenken unter Tuchel. Ja, wir haben nun einen Kane, ein Abwehrmonster aus Neapel. Da sehe ich nichts von. Sorry, Tuchel, macht scheinbar jeden Spieler schlechter. Naja, Harry Kane hat 18 Tore, den hat er also nicht schlechter gemacht. Und Sané hat er auch nicht schlechter gemacht. Ansonsten gibt es wenig Argumente. Gebe ich dir schon recht. Und ja, bis zur Winterpause muss sie ihnen halt Zeit geben. Aber da kann man ja trotzdem kritisieren, wenn man so eine Leistung sieht wie gegen Frankfurt, Alter. Briefmarke drauf, Davis, Gnabry, Kimmich, Schuppo und dem Trainerteam. Als Bonus obendrauf gibt's noch Sané. Black Monday. Glück auf, Jimmy. Der Druck, immer siegen zu müssen, ist zu groß für Tuchel. Er wird nur auf vermeintliche Sicherheit aufgestellt und gespielt. Ja gut, aber den Druck hat er in Paris vorher gehabt, der hat er in Chelsea gehabt. Also das ist keine Ausrede. Da bleibt wenig Raum für Neues. Einfach kein variables Spielsystem mit Tuchel und dem Staff. Ja, leider nicht. Auch keine variablen Standardsituationen. Ja. Gar nichts. Bild. Nee, das glaube ich nicht, dass der Uli das tun will. Also das Hinterherlaufen hat Tuchel nicht verboten, aber es funktioniert gerade bei einfach so gut wie nicht. Cancelo da wäre, würden wir das wohl öfter sehen. Meistens gehen halt die Pässe dahin gegen einfach schief. Ja. Weniger Fußball gucken, mehr Sport machen. Ja, mach das doch. Ander, hau rein, gib Gas. Ach, Ander, Alter, bist du echt so eine arme Wurst oder was? Ist doch gut. Union kann es doch besiegen. Junge, Alter. Wenn du hier bist, um rumzustänkern, verpiss dich einfach. Um es mal klar und deutlich zu sagen. Junge, Alter. Da bist du hier im verkehrten Channel, Alter. Da kannst du mich auch nicht mit triezen. Junge, Junge. Mit Druck nicht umgehen kann, ist man bei uns. Ja, aber es kann ja ein Tuchel, Leute. Jetzt mal, wir müssen jetzt nicht anfangen, dass Tuchel nicht mit Druck umgehen kann, oder? Der war bei Paris Trainer, Alter. Also. Das glaube ich nicht. Kann es so sehen, wenn die Spieler es eigentlich besser können und diese konstant unter ihren Möglichkeiten spielen, muss man sich vom Trainer trennen. Wenn die Spieler es erkennbar, aber tatsächlich nicht besser können, muss man sich von den Spieler trennen. Ja, kann man so sehen. Moin, Kara. Ich gucke halt Bayern-Frauen. Die Bühl macht bessere Ecken als Kimmich. Ja gut, das ist jetzt ja nicht die große Kunst, oder?
Spieler können es aber nicht besser. Seit Beginn der Rückrunde dieselbe Kacke. Ja. Bist du Grieche? Nee, ich bin kein Grieche. Bin geborener Hammer. Was haben wir gesehen gegen den BVB? War alles da. In den wichtigen Champions League-Spielen waren wir grundsätzlich da. Für mich sieht das etwas nach Statement aus. Ja, es ist. Also ich kann keine Erklärung finden für das Spiel gegen Frankfurt. I don't know. Außer die hier zitierten Sachen, dass die Mannschaft gegen Trainer spielt. Das wäre aber leider ein Trauerspiel. Warum sind die meisten Spieler des FCB so zweikampfschwach und offenbaren auch noch viele technische Fehler? Eigentlich sind wir das ja nicht. Also eigentlich waren wir ja in den Spielen zuvor immer die zweikampfstärkere Mannschaft. Aber warum das gegen Frankfurt so war oder auch gegen Saarbrücken, I don't know, kann ich dir nicht beantworten. Wie gesagt, gegen Saarbrücken kannst du ja noch irgendwo auf die Motivationsgeschichte gehen. Aber wenn du in Frankfurt keine Motivation hast, wenn Leverkusen vor dir steht in der Bundesliga, ja, dann weiß ich es auch nicht. Also dann läuft noch viel, viel mehr schief, als wir uns hier überhaupt ausmalen können. Peter Lünemann, servus. Der BVB hat gegen uns immer die Hosen voll. Weiß ich auch nicht. Sie haben auch irgendwelche wilde Geschichten im Moment. Nagelsmann hat den gleichen Fehler gemacht wie Tuchel, nur noch nach Namen aufgestellt. Ja, weil er aber auch verunsichert war, ne? Weil er nicht die Rückendeckung bekommen hat, der Nagelsmann. Er durfte dann auch nicht seine Taktik spielen. Er musste das ja mit dem Mannschaftsrat absprechen. Und wenn der Mannschaftsrat gesagt hat, ja, alles klar, Julian, machen wir, gehen wir mit, dann wurde das versucht. Ansonsten wurde das ja abgeschmettert. So, und das meinte ich ja vorhin mit, du musst dann mal das mittragen. Ne? So, wir haben einfach, glaube ich, zu viele Spieler, die zu viel reinreden und zu schnell bockig sind, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne haben möchten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Ja klar, Tuchel ein Standing. Muss er ja haben, aber anscheinend reicht's nicht. Was soll ich dir sagen? Aber das muss ja der Verein entscheiden, Alter. So, der Verein muss doch jetzt mal entscheiden, ja, Tuchel ist der Trainer für die nächsten 2-3 Jahre. So, wenn dem so ist, dann muss man das klar kommunizieren und muss den Jungs jetzt mal einen Einlauf geben, der sich gewaschen hat. Ja, und sagen, Leute, so geht das nicht. So, wenn das wieder nicht passiert, wenn man das wieder alles so stehen lässt, wie es passiert ist, ja, dann untergräbt man aber auch den Trainer, Alter. Dass der Tore sich nicht da hinsetzen kann und sagen kann, so, ich hau jetzt mal auf die Mannschaft drauf, mit beiden Knüppeln. Öffentlich ist da wohl auch klar. So, wie soll das funktionieren dann noch, weißt du? Da muss halt jemand anders aus dem Verein das machen. Das ist dasselbe, wie es beim Nagelsmann war. Da gab's das halt auch nicht. Der war halt dann auch die ärmste Sau. Ist halt wild. Bei Alonso hat es nach 6 Spielen aber gefunden, das hält seitdem auch an. Ja, weiß ich nicht, ob das nach 6 Spielen der Fall war. Cool, wie hast du den Chat zusammengefügt, dass man YouTube und Twitch gemeinsam im Stream sieht? Das ist das Programm, warte, wenn dich das interessiert. Social Stream. Muss einfach mal nach googeln. Damit kannst du das machen. Er packt da seine Koffer. Ach, also als Sportler gibt man doch nicht auf, oder? Ich sage ja, Flick ist der ideale Co-Trainer, er kann mit den Leuten. Ja, ich glaube auch, dass Hermann Gerland viel ausgemacht hat, so die letzten Jahre, auch immer als Co-Trainer, ne? Und so eine Art, ja, geht dir halt einfach ab aktuell, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Ich wäre der Typ, Proktologe, sofort richtigen Einlauf verpassen mit dem Stiefel. Ei. Lass mal Roy auf die Bank. Der hat die notwendige Lockerheit. Er hat aber auch klare Vorstellungen, ne? Hoffentlich wird es nächste Saison besser. Ach, wird alles besser werden. Felix wieder da. Hat's geschmeckt, ja?
Was hast du die letzten 45 Minuten verpasst? Eigentlich nichts Großartiges. Mit Pep haben wir die Bundesliga dominiert. Das war damals Jammern auf hohem Niveau. Ja, wir jammern jetzt ja auch auf hohem Niveau, wenn man die nackten Ergebnisse sieht. Aber ja, unter Pep war es halt vielleicht zum Ende hin nicht mehr, aber ansonsten einfach eine Offenbarung, Alter. Was das halt auch vorher nicht gab in der Bundesliga, ne? So einen dominanten Fußball zu sehen. Ich denke, Toro kann mit dieser Mannschaft seinen Stil nicht spielen. Ja, da stimme ich dir zu. Stimme ich dir 100% zu. Mansfield Youth. Alter, vielen lieben Dank. 1999. Pfund oder was? Vielen lieben Dank. Ja, wir müssen uns eh nicht mit anderen Vereinen messen. Also jetzt sportlich schon, aber nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also wir müssen erstmal auf uns selber schauen. Und es gibt keinen Stil, nein, gibt's auch nicht. Den besten Kader hatte Bayern 2013 und 2020. Naja gut, aber 2020, da ist ja noch eine Menge von da. Ne? Ein guter Trainer passt dem Spielstil bzw. Idee an das Personal an. Das ist richtig. Dann kann man Spieler dazu holen und ergänzen und das Optimale zu erreichen und auch Ideen des Trainers einfließen zu lassen. Das hat Tuchel ja auch irgendwann getan. Finde ich zumindest. Indem er dann Goretzka wieder weiter nach hinten gezogen hat in manchen Spielen. Das war echt gut. Warum das jetzt gegen Frankfurt wieder komplett anders war, ich raff's nicht. Ja? Und wahrscheinlich rafft das die Mannschaft auch nicht. Und deswegen nochmal, wird die Mannschaft wahrscheinlich ihn gezeigt haben und hat gesagt, hier Trainer, wir spielen jetzt so, wie du willst. So, das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Das hat ja teilweise dann gut funktioniert gehabt. Aber dann gegen Frankfurt war Kimmich wieder ein alleiniger Sechser, Goretzka war irgendwo vorne, Kimmich war, wie ich schon sagte, komplett zugestellt. Warum? Ich weiß es nicht. Wir hatten ja einen Ansatz von einer Philosophie gesehen auf einmal. Ja, wir lassen den Gegner ein bisschen kommen, wir halten den Ball auch mal in den eigenen Reihen, locken den Gegner ein bisschen raus, haben ein bisschen Räume, versuchen dann schnell in die Räume zu spielen. So, das haben wir 3 Spiele so ein bisschen gesehen. Und dann schmeißt man gegen Köln, Kopenhagen wieder alles über den Haufen und spielt wieder ganz anders Fußball. Ja, und keine Ahnung. Das ist so ein Riesenproblem, glaube ich. Tuchel will eine stabile Mitte mit Holding Six und die Außenverteidiger greifen an. Sonst arbeitet er eigentlich durch offensive Mittelfeldspieler. Hier hat er eher schnelle Außen und eine völlig instabile Mitte. Jo. Aber wenn ich das doch habe, muss ich das halt ändern. Ja? Oder muss mir halt Lösungen suchen, was er halt gar nicht erst versucht hat. Und deswegen sage ich ja, richtet Tuchel da auch eine Mitschuld dran. Und ja, das hat der Tuchel ja auch klar kommuniziert. Vor der Saison. Ja, das muss man ihr zugutehalten. Er hat das klar kommuniziert, was fehlt, was er haben möchte. Er hat es halt nicht bekommen. So. Warum, wieso? Ob das jetzt wirklich, keine Ahnung, daran lag, dass es der letzte Transfertag war oder dass die Oberen vielleicht gemauschelt haben, oh nee, das machen wir jetzt besser nicht und weiß ich halt auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Können wir auch nicht wissen. Wir werden es jetzt in der Transferphase sehen, denke ich. Wenn Tuchel bis dahin noch Trainer ist, ob er die Spieler kriegt, die er haben möchte. Dann können wir weitersehen. I don't know. Ich vermisse halt den reinziehenden Rechtsfuß auf links und den reinziehenden Linksfuß, so wie Ribéry und Robben, deswegen Sané rechts, Koeman links. Ja, aber das haben wir doch auch oft genug versucht jetzt. Doch nicht so, dass das nicht der Fall ist. Und ja, Flanken, ja, Leute, wir haben in den ersten 15 Spielen 7 Flanken gesehen oder sowas. Wollen wir gar nicht drüber reden. Koeman macht doch immer dasselbe und jeder weiß, dass man darf nur nicht zu schnell rangehen, so dass er seinen Antritt ausspielen kann. Das ist richtig, aber das Problem ist, dass Koeman kein Robben ist. Ja, bei Robben hat auch immer dasselbe gemacht, aber man konnte es halt nicht verteidigen. Und einen Koeman kannst du schon relativ, wie du gerade selber sagst, relativ gut verteidigen. Es fehlt aber auch ein Dirigent im Mittelfeld wie früher Schweini oder Thiago, die das Spieltempo bestimmen. Ja, das fehlt komplett. Also es fehlt komplett ein Spieler, der das Spiel leitet. Das fehlt einfach.
Und Kimmich möchte das sein, er kann es halt leider nicht. Warum, wieso? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch gar nicht böse gemeint, er kann es halt einfach nicht. Ja. So, wie nochmal, du hättest in der ersten Halbzeit, hättest du dann vielleicht auch einfach mal auf den Ball treten sollen und den Ball mal gucken, dass du ein bisschen Spielsicherheit kriegst, ja, dass du dann einfach mal ein bisschen anders agierst. Das ging alles nicht. Ja, Kimmich war der Einzige, der dann was versucht hat. Da gehe ich sogar noch mit. Dann gegen Ende der ersten Halbzeit, aber dann auch wieder nur aus Eigensinn. So, weißt du? Du musst dann als großer Spieler oder Anführer, du musst die Mannschaft halt mitnehmen. So, die Spieler drumherum orientieren sich auch an dir. Nehmen Alonso zum Beispiel, wo der bei uns war. Das beste Beispiel. Der war auch nicht schnell. Der war wahrscheinlich noch langsamer wie ein Kimmich. Ja? Aber das fehlt uns komplett. Das kann Kimmich nicht. Das ist auch kein Vorwurf. Da ist er einfach nicht der Typ für oder der Spielertyp für. Er kann sich auch nicht durchsetzen, wenn er angelaufen wird und sowas. Das kann er nicht. Das ist ja auch nicht der Spielertyp und I don't know, das geht uns komplett ab. Wir haben sowas einfach nicht. Und das Traurige ist, dass Frankfurt das auf der anderen Seite mit einem Götze hatte. Ein Götze. Wild, oder? Sorry, keine Spieler für Tuchel kaufen, der ist doch bald weg. Gerland für die Rückrunde holen, vorher erstmal bei ihm entschuldigen, schon mit Alonso und Leverkusen reden, zur Not 50 Millionen überweisen. Dann möchte gern Häuptlinge verkaufen und mit Freund ein Konzept erarbeiten, die dich zum Kapitän machen. Alles nur meine Meinung. Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber wirst du ja nicht erleben bei uns. Weil du hast ja diese ganzen schönen Wetter-Fans, sag ich mal, die auch immer rosa-rote Brille auf YouTube haben. Das wirst du denen ja nicht verkaufen können. Ja? Und in erster Linie, da geht es ja immer um Wachstum, 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 Wachstum bei uns. Ist halt wild. Na, ich würde das mittragen. So, da musst du, wie ich vorhin schon sagte, Philosophie, Spieler, Trainer. So, da musst du das aber auch mal durchziehen. Ne? Und nicht wie beim Nagelsmann, das ansatzweise, und Nagelsmann ist der Trainer für die nächsten 5 Jahre und wir stehen zu ihm und hast du nicht gesehen. Und dann, weil die Spieler so viel rumgeheult haben, schmeißt du das gleich über den Haufen und feuerst den weg. Und holst den nächsten Trainer ran. So, wo der gar nicht zu dem Spielermaterial passt, was gerade da ist. Also, weiß ich, das ist alles ganz wild im Moment bei uns. Na, wirklich wild. Wenn du dann so Entwicklungen siehst, guck mal, wie schnell das in Stuttgart ging mit dem Hoeneß. Alter, das ist ja grandios eigentlich. Ja. Das ist halt schwierig. Aber du kannst natürlich das auch nicht vergleichen, weil Stuttgart hast du nicht den Druck, wo es heißt, du musst jedes Spiel gewinnen, ansonsten ist gleich wieder Alarm und hast du nicht gesehen. Das ist halt so die Bayern-Geschichte. Du musst halt ein gutes Mittelmaß finden oder du musst das halt klar kommunizieren, aber wenn du das klar kommunizierst, gibst du den Spielern gleich wieder Ausreden, bla, Sülz. Alles schwierig halt, ne? Aber ja, ich bin bei dir. Wir müssen halt einfach mal wieder eine klare Philosophie für uns finden, für den Verein, wo wir ja bei sind. Und wenn der Tuchel dann nicht passt, weil er keinen Bock hat, Spieler zu entwickeln oder immer dieselben Spieler spielen lässt und so weiter, dann musst du dich von ihm trennen. So, Punkt. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja? Wenn jetzt die Philosophie ist, hier Iran Kunga zu kaufen und den Zagos zu kaufen oder Zaragoza zu kaufen, ja, das sind Spieler, die entwickelt werden müssen. Genau wie es ein Tell ein Spieler ist, den entwickeln muss, genau wie es ein Grafenberg war. Du hast einen Pavlovic, der ein Riesenpotenzial hat. Du hast einen Kretzig, der Potenzial hat. Dann brauchst du einen Trainer, der das machen möchte. Der da Spaß dran hat, der da Bock drauf hat. Und wenn das der Tuchel nicht ist, dann ist er der verkehrte Trainer. Punkt. Aber unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. Ja, dann ist das so. Wenn das jetzt seine neue Strategie sein soll, durch Freund, wenn der Tuchel das auch möchte und das mitträgt, alles gut, dann ist er der richtige Trainer, dann musst du das auch mal durchziehen. Dann musst du halt diese ganzen satten, überbezahlten Jungs austauschen, alles gut. Oder die zumindest mal in Konkurrenz setzen. Aber da muss ein Tuchel das mittragen. Und dann ist auch alles gut. Ja? Aber genau das ist gerade so, dass das, was wir so von außen sehen, dass der Verein das möchte, der Trainer das möchte und die Mannschaft möchte nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, gerade so das Problem bei uns. Solange Bayern nicht Leverkusen kaputt macht, alles gut, so wie früher, so wie BVB früher.
Warum wir denn den BVB kaputt gemacht, Alter? Das ist ja Schwachsinn. Ja, dann haben wir den BVB durch die Kohle gerettet, Alter. Kannst du eher sagen, dass der BVB Gladbach kaputt macht. Ja, wir gehen gleich in die Pressekonferenz. Wie viel haben wir denn? Ja, gehen wir gleich. Genau, um Zweikampf zu gewinnen, sollte man erstmal reingehen. Hast falsch verstanden, ich kritisiere keinen Kane und Sané, beide top, meinte unter anderem das Abwehrmonster aus Italien, ein Fonsi, warum ein Leim als RV und nicht Kimmich? Wenn einer keine Eier hat, dann Tuchel und Alonso. Mit Tuchel zu vergleichen, hinkt meiner Meinung nach Alonso erste Bundesligamannschaft. Ja, das kannst du auch nicht vergleichen. Totale Seitenverlagerung, das gibt's auch nicht mehr, ne, ist richtig. Das gibt's gar nicht mehr. Das haben wir nicht mehr. Ist ja auch ein Stilmittel, was wir lange gespielt haben, eine Seite zu überladen, dann die Seitenverlagerung zu bringen. Gibt's auch nicht mehr bei uns. Ja, wir haben zu viele Unantastbare. Gehe ich voll mit dir. Das ist leider so. Vielleicht waren es 8 Spiele. Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht drin im Leverkusen-Thema. Ist auch nicht, was mich so dermaßen interessiert. Zum Thema Trainer. Ich finde, in der Vergangenheit wurde von unserer Seite auch unfair mit Trainern umgegangen. Siehe Kovac, der meines Erachtens absolut unfair behandelt wurde. Nagelsmann Abgang aber auch. Ne? Ja, bin ich bei dir. Ist ja, was ich gerade sagte. Ne? Man hat nochmal, man muss dann halt einfach auch mal eine Philosophie mittragen, Alter. Ist schwer, ja, verstehe ich. Ja, aber da muss man halt mal ein Jahr in Kauf nehmen, wo es dann vielleicht nur 2., 3., 4. Platz reicht. Wie auch immer, ja. Drauf geschissen, Alter. Wenn du dafür aber eine Philosophie siehst und eine Entwicklung in der Mannschaft siehst, dann ist das doch auch alles okay. Ja. Aber ist halt schwierig, das beim FC Bayern zu vermitteln. Das ist, worauf ich vorhin hinaus wollte. Weil das sieht natürlich nicht jeder so. Man müsste meinen, mit der Euro, Afrika, Asien Cup alle top motiviert sind für die Saison. Ja, anscheinend der nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall, ja. Sah aus wie FC Bayern World Squad von der Leistung her, aber da fehlte Roy an der Linie, war doch die erste Mannschaft. Letztes Spiel war Arbeitsverweigerung. Ja. Hier, wir haben es vorhin gehabt, Warnstreik war das. Die Bank war 20 um Weiten besser. Das weiß ich nicht. Guck mal, ist ja auch immer, wir können die Bank doch auch gar nicht wirklich gut beurteilen. Kannst du einen Pavlovic gut beurteilen, kannst du einen Kretzig gut beurteilen. Würdest du sagen, Müller ist ein schlechter? Kannst du einen Tell super gut beurteilen, obwohl Tell super stark war bei seinen Einsätzen, die er so hatte. Die Jungs bekommen ja gar nicht die Chancen, um zu zeigen, ob sie das Format dafür hätten. Die Form holt man sich über täglich Brot Bundesliga. Ja, man könnte jetzt auch von der Bank nachlegen, man traut sich halt nur nicht. Ja, wie ich ja gerade sagte, wenn du anguckst, wie so ein Gnabry kommt, wenn er eingewechselt wird, dann hat das nichts mit Brennen zu tun. Ne? Dann ist Pep kein guter Trainer, der hat die Spieler ans System angepasst, die unter anderem Lahm. Ja, bei Pep ist das so, dass er ein System hat und einen Spieler kannst du da einstellen und da einstellen. Der Spieler weiß genau, was von ihm verlangt wird. So, der Spieler spielt am Ende des Tages nicht die Hauptrolle unterm Trainer Pep. Hab mit Ancelotti angefangen, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ja, war Ancelotti nicht auch der versucht hat, den Müller irgendwie abzusägen? Seht ihr, ist hier eine Konstante? Ancelotti, Kovac, jetzt Tuchel? Ah,
Ja, Perisic hätte es auch behalten müssen. Ne? Den habe ich genauso gesehen. Das war auch dumm, das nicht zu tun. Der hat uns halt auch so viel gegeben. Ne? Wärst du also für eine Entlassung Tuchels? Nee, ich bin jetzt keiner, der sagt Tuchel raus. Wie gesagt, ich will vom Verein, nochmal, der Verein muss eine Strategie haben. Ja, die er gerade irgendwie versucht aufzubauen mit Freund Blasels. So, wenn dann die Strategie sein sollte, wir verpflichten, wie jetzt diese beiden Spieler, die wir schon verpflichtet haben, wir holen 1, 2 aus der zweiten Mannschaft und so weiter, da muss ich einen Trainer haben, der zu dieser Strategie passt. Wenn Tuchel das umsetzen möchte, ja, Tuchel ist ein super Trainer und Tuchel wird mit Sicherheit auch Spieler entwickeln können. So, die Frage ist, ob er da Bock zu hat. Alles, was wir bisher die Saison sehen, spricht dagegen. Ja, dass er da keinen Bock drauf hat. Dass er seine 11 haben, von gestandenen Spielern, die Namen haben, die das leisten müssen, das ist, was Tuchel spielen lässt. So. Da kommt nächstens mal ein Spieler rein, wie gesagt, für 15 Minuten oder wenn mal einer verletzt oder gesperrt ist. So, und da sehe ich nicht, dass ein Tuchel Spieler entwickelt bei uns. So, das muss zueinander passen. I don't know. Wenn er da Bock drauf hat, ja, gerne. Dann musst du aber halt viele Spieler austauschen. Oh, ich bin gleich unten angekommen. Wir können gleich PK machen. Götze war immer ein guter Spieler, hatte früher aber teilweise eine falsche Einstellung. Na gut, er hätte jetzt aber nicht mehr auf der Pose gespielt, wo er sonst gespielt hat. Er hätte ja eher den 6er, 8er gegeben in Frankfurt. Das war ja keine 10er-Pose, die er gespielt hat. Wie bei uns. Und klar, Götze war ein Megatalent und ein guter Spieler. Bin ich 100% bei dir. Unter Hitzelt hatten junge Spieler auch einen schweren Stand. Die Förderung von jungen Spielern kam erst mit Van Gaal und Heinkes. Ja, aber darum ging es ja jetzt gar nicht. Und deswegen sage ich ja, wenn du das dann eine Philosophie sein soll, musst du halt den Trainer dafür haben. Punkt. Und wenn du das nicht hast, dann klappt es halt nicht. Toxic Candy, hey, schön, dass du auf YouTube siehst. Danke. Bin ich eigentlich der Einzige, der Kim auch sehr kritisch sieht, irgendwie für mich noch kein gutes Spiel gemacht. Nee. Nicht der Einzige, hier waren schon einige. Sag mal, hast du Freund nicht den Doppelpass gesehen? Nein, habe ich nicht. Bitte keine PK, ich ertrage das Gelaber nicht. Doch, gibt's jetzt aber. Genau, die brennt doch die Sicherung durch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Der Typ hat halt einfach keinen Ehrgeiz gefühlt. Okay. So. Gehen wir mal rein. Erstmal aktualisieren hier. Oh, World Squad ist auch rausgekommen. Kann ich ja dann morgen mal reinballern. Pressetalk mit Tuchel und Musiala. 40 Minuten, ja. Halleluja. Das wird der Wilde werden. Erstmal mal einen Tacken leiser hier. Hello everyone, welcome. Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem abschließenden Spiel in der Ruhe bewahren. Ich mach mal. Okay, dann gönnen wir uns mal die Pressekonferenz. Hör auf, habt ihr die schon gesehen oder was? Mach jetzt nicht so hier. Die Aufnahme anwerfen. Für YouTube dann später. Gruppenphase der UEFA Champions League. Wir starten mit unserem Spieler, mit Jamal Musiala. Wer ist er denn? Hab ich noch nie gesehen bei uns. Er wird Fragen auf Deutsch und Englisch beantworten und wir fangen an mit dem Kollegen Kerry Hau vorne von Sport 1. Hallo Jamal, wie geht's dir nach der Verletzung? Bist du auch bereit schon für 90 Minuten? Und generell, was habt ihr euch jetzt nach dieser Niederlage in Frankfurt 1:5, vielleicht auch fast schon mit deiner höchsten Niederlage bei Bayern, glaube ich, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, Was haben wir uns vorgenommen? Ja, wir haben uns natürlich vorgenommen, nicht 1:5 bei Manchester United zu verlieren. Kerry Hau, Alter. Rose wieder Fragen, Rose ist die wahre Pracht, ey. Ich fühle mich gut, habe sehr hart trainiert, jetzt wieder fit zu sein. Ich glaube, Trainer werden mit Physios und so besprechen, wie viele Minuten ich krieg, wird bestimmt
ein kleines Limit sein auf meine Minuten, aber sonst fühle ich mich gut und wieder bereit, Spiele zu spielen. Und ja, die Niederlage hat uns alle überrascht ein bisschen, aber Die Niederlage hat uns alle überrascht. wir schauen nach vorne und haben jetzt wieder eine gute Möglichkeit, wieder Selbstvertrauen aufzubauen und ein gutes Spiel zu machen nach unserem Spiel gegen Frankfurt. Torben Hoffmann von Sky hier vorne bitte. Ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Ich muss den Doppelpass gucken, um die Strategie zu wissen, die wir haben. Ich kenne die Strategie, die wir haben. Oder haben wollen in Zukunft. Deswegen sage ich ja, dass man da dann den passenden Trainer für haben muss. Oder Tuchel die Strategie halt mitgehen muss, was er diese Saison bisher nicht getan hat. Jamal, wie erklärst du dir so einen Auftritt wie gegen Eintracht Frankfurt und wo sind da die entsprechenden Ansätze, gerade auch mit Blick auf das morgige Spiel gegen Manchester United? Da haben sie natürlich jetzt auch den perfekten Spieler, um diese Fragen zu stellen, Alter. Diese Fragen solltest du da halt mal an Herrn Kimmich stellen, aber der setzt sich da ja nicht hin in der PK, oder was? Da fragst du jetzt Jamal Musiala, der Wochen verletzt war und dann für 20 Minuten bei Stand von 1:5 eingewechselt wurde, Alter. Der ein super junger Spieler ist, der soll jetzt da sagen, was da jetzt irgendwie falsch lief, oder was? Also, Sag nochmal bitte, ich hab's nicht. Wie so eine Niederlage passieren kann, wie der gegen Eintracht Frankfurt, ne? Und wo da jetzt auch die Ansätze sind für das morgige Spiel gegen Manchester United. Ja, da gibt's im Grunde einen Fußball. Ich glaube, wir haben eine sehr gute vor allen Dingen der Tuchel wusste noch nicht mal die Gründe. Wie soll der Jamal jetzt die Gründe hier benennen? Trainingswoche eigentlich gehabt. Deswegen war es so schockierend ein bisschen. Aber wir haben schon ein bisschen über ein paar Themen besprochen, unser Verhalten und alles. Und wir müssen einfach ein paar Situationen einfach härter arbeiten und in unsere Abläufe ein bisschen mehr vertrauen. Aber ich glaube, wir haben sehr viel Was für Abläufe denn bitte? Qualitäten, müssen jetzt nicht über jetzt unser erste Loss diesen Season jetzt zu viel hängen bleiben. Da können wir sehr viel draus lernen und wissen, dass wenn wir uns jetzt nicht richtig konzentrieren, in jedem Spiel kann es schon schlecht laufen, aber wir müssen jetzt draus lernen und jetzt den Fokus auf Man U und jetzt wieder was recht machen in diesem Spiel. Gleich neben dir Stefan Komberger von ProSiebenSat.1. Der Sportdirektor Christoph Freund hat gestern auch davon gesprochen, dass das Thema Einstellung ein Thema war, das er da wahrgenommen hat beim Frankfurt-Spiel. Ging es dir und ging es anderen Spielern auch so? Habt ihr gemerkt, es war irgendwie, die paar Prozente haben gefehlt, dass man sich noch mal ein bisschen quält und einen Meter mehr läuft? Ja, kann sein, aber ich glaube, von auch jetzt die Trainingswoche und so hätten wir das jetzt nicht gedacht, aber wenn wir jetzt auch ein paar Szenen zurückgeschaut haben und ein bisschen reflektiert über den Spiel, ein paar Prozente haben schon gefehlt und in so einem Spiel und gegen eine Mannschaft, wo auch Qualität hat, das können wir nicht machen und auch jetzt für den Spiel morgen müssen wir 100% da sein, jeder Spieler, dass wir die beste Chance haben, den Sieg zu holen. One colleague in English. My English is nice and easy for you. I know your English is good, yeah. You're a young player. Sie sind ein junger Spieler und hatten einen meteoritenartigen Aufstieg. Was brauchen junge Spieler, um so viel Selbstvertrauen zu haben, um es an die Spitze zu schaffen? Say that again. This is I don't need the Können translation. Sie das nochmal sagen? Die Übersetzung brauche ich nicht. Yeah. Auch Manchester United hat junge Spieler, jünger als Sie. Yeah, haven't heard much about him, but I think Ich habe he's von ihm noch nicht so viel Man United gehört. squad, Ich he must weiß, have dass er, lots of quality. wenn er es in den Manchester United-Kader schafft, dann muss er sehr viel Qualität haben. Die Frage ging ja um junge Spieler und For young ich glaube, players,
just to have that confidence. Junge Spieler brauchen Selbstvertrauen, vor allem wenn man mit älteren Spielern zusammenspielt, die mehr Erfahrung haben, dann braucht man dieses Vertrauen in sich selbst, damit man weiß, dass man dorthin gehört, wo man gerade ist. Und dann wird alles selbst laufen. Was wird das morgen für ein Gefühl sein, im Old Trafford zu spielen? Und was ist Ihre Meinung zu Manchester United? Great Stadium. Ja, das Old Trafford ist definitiv ein Stadion, in dem alle Kinder davon träumen, dort mal zu spielen. Da ist so viel Geschichte involviert. Als ich jünger war, habe ich mich immer gefreut, Spiele im Old Trafford zu sehen, die Atmosphäre mitzuerleben, und genauso wird es morgen. Ich habe ihnen so ein bisschen ein paar Spiele verfolgt und sie hatten so einige Hochs und Tiefs in dieser Saison, aber da ist sehr viel Qualität in der Mannschaft und das ist eine gefährliche Mannschaft und die können uns sicherlich wehtun, wenn wir nicht mit 100% da sind. Jadon Sancho ist in jungen Jahren von Deutschland nach England gegangen. Sie haben einen ähnlichen Schritt gemacht. I think you could say, yeah, a little inspiration. I think you see how Ja, ein bisschen Inspiration war er schon für mich. Ich habe gesehen, wie gut seine Leistungen waren nach seinem Wechseln von England nach Deutschland. Und es ist schön gewesen zu sehen, wie er dort performte. Und das hat mir schon einen Auftrieb gegeben und mein Selbstvertrauen. Nein, die wird nicht vorgespult, die wird knallhart durchgezogen. Das ist wie am Samstag. Beim 5-1 wurde auch nicht ausgemacht. Da wurde bis zur 90. durchgezogen. Man muss halt auch mal leiden können. Als verwöhnte Bayern-Fans. Vertrauen gestärkt und den Glauben, dass ich es auch schaffen kann. United hat in dieser Saison schon viele Tore kassiert. Häufiger auch 3 oder mehr Gegentore. Sie haben Probleme, Spiele zu kontrollieren. Ist das etwas, was Sie morgen ausnutzen wollen? Weiß immer nicht, was solche Fragen am Spieler gestellt werden sollen. Aber fragt das doch den Trainer gleich. Soll er dazu sagen? Wenn wir Fußball spielen, dann versuchen wir immer, das Spiel zu kontrollieren gegen jeden Gegner. Das ist unser Stil. Aha, wir haben Stil, also. Bild. Wir können also sehr gut im Ballbesitz agieren und Fehler ausnutzen mit der Qualität, die wir in der Offensive haben, aber wir werden definitiv den Gegner nicht unterschätzen. Denn sie haben sehr viel Qualität, sie können viele Tore selbst schießen. Und wenn sie in guter Verfassung sind, gut spielen, Selbstvertrauen haben, dann ist es eine schwierige Mannschaft. Sie sind bereits in der K.O.-Runde. Nehmen Sie da ein bisschen den Fuß vom Gas? Oder wird Manchester United... Noch mehr den Fuß vom Gas wie in Frankfurt können wir ja nicht nehmen, Alter. Dann fahren wir rückwärts. Tore kommt gleich. Motivation sein, das als wichtiges Spiel anzusehen? Also behaupte ich jetzt. Ja, mit unserer Art und Weise zu spielen wollen wir immer gewinnen. Wir wollen unsere ungeschlagene Serie aufrechterhalten in der Gruppenphase der Champions League und wir wollen einen guten Rhythmus behalten für die letzten. Wir wollen guten Rhythmus behalten. 1:5 in Frankfurt, den Rhythmus kann man mal beibehalten, oder? Letzten Spiele vor der Winterpause. Also es ist sehr wichtig, ist Spiel für uns und wir werden auf den Platz gehen, um zu gewinnen. Ja, das geht nicht. Any open questions for Jamal? No. That's it. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Das dauert bestimmt ein bisschen, bis er einläuft. Ich spule mal vor hier. Alter, was ist das denn?
11 Minuten, bis der Tuchel aufläuft. Das ist ja wild. Da ist er. So, jetzt aber. Hier. Psst. Willkommen zur Pressekonferenz Part 2. Unserem Trainer Thomas Tuchel. Das ist zu lange Beine. Fangen wir direkt diesmal wieder mit Torben Hoffmann von Sky. Torben! Thomas, ihr seid souverän Gruppensieger, aber für das Achtelfinale qualifiziert. Ja. Diese 1:5-Klatsche gegen Frankfurt hat dieses Spiel sicherlich auch nochmal eine andere Bedeutung, als wenn ihr jetzt 5:1 gewonnen hättet. Wo waren da jetzt hauptsächlich so die Ansätze auch in der Fehleranalyse, was die Mannschaft dann morgen definitiv anders machen sollte? Sehr bitter und sehr einfach, muss ich sagen. Also wir hatten am Ende 22 kritische Ballverluste. Kritische Ballverluste bedeutet 5 oder mehr Spieler sind beim Fehler aus dem Spiel. Wir hatten 22 davon. 10 ist zu viel. Dann kannst du ausrechnen, wie viel 22 zu viel sind in einem Spiel. Also soll 12, definitiv ich weiß einstellig sein. Bei unseren Ansprüchen. Wir hatten 22 davon. Das ist einfach eine absurd hohe Zahl für ein Spiel. Und dazu kommt ein zweiter Punkt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass keiner dieser Fehler direkt zu einem Tor geführt hat, im Sinne von in einer 2-gegen-1-Situation oder Fehler. Wenn ich ans zweite Gegentor denke, dass ein Spieler gegen 2 Innenverteidiger und Neuer sich durchsetzt. Gut, das war dann jetzt kein Fehlpass, war von den 22, aber weiß ich nicht. Wilde Thesen. Der Pass von Manu zum Beispiel, dass 2 gegen den Torwart sind, sondern wir konnten in jeder einzelnen Situation eigentlich das retten und uns helfen. Wir waren in allen Haben wir aber nicht getan. In Überzahl. Auch nach dem Fehler. Die Reaktion nach den Fehlern war weit unter jedem Level und Standard, den wir von uns erwarten. Das sind die 2 absoluten Knackpunkte für diese Niederlage. Nur so kannst du 5 Tore bekommen aus 1,5 expected. Oh, jetzt fängt er damit wieder an, Alter. Goals. Das geht nur so und das waren die Punkte, die wir aufgezeigt haben. Ich frage mich, was hat man denn getan, bevor es die Expected Goals gab? Wo noch die wahren Tore gezählt haben. Was war denn da? Die das Spiel letztendlich auch entschieden haben. Und Dann haben wir ja eigentlich unentschieden gespielt in Frankfurt, oder? War nicht 1,5 zu 1,5? Ja. Direkt nebendran, Stefan Kumberger, bitte. Grüß Sie. Der Sportdirektor hat gestern die Einstellung angesprochen, hat gesagt, es war einfach zu wenig. Es hätte auch seine Gründe, warum Bayern nicht immer im Pokalfinale die letzten Jahre war. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Jamal Musiala hat gerade gesagt, so ein paar Prozente haben im Kopf dann doch gefehlt. Also haben wir bei Bayern jetzt eine Mentalitätsfrage, die normalerweise immer in Dortmund gestellt wird. Also wenn es so war, dann es hat auf jeden Fall so ausgesehen. Es ist schwer dagegen zu argumentieren. Du kannst gar nicht dagegen argumentieren, aber es ist nicht möglich, dagegen zu argumentieren. Allerdings für mich nicht nachzuvollziehen, wieso es so sein sollte. Die Woche war, auch wenn es total komisch klingt, eine sehr intensive Woche, eine sehr gute Woche mit einer ausgesprochen guten bärenstarken Schuppo übrigens. Trainingsleistung, mit Intensität im Training und auch mit dem Schwerpunkt im Training wirklich zu gewinnen, immer wieder zu gewinnen. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass Frankfurt inhaltlich sehr, sehr gut spielt, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gut waren. Vielleicht haben die Jungs im Training schon zu viel gewonnen und hatten dann keinen Hunger mehr. Er hat es wieder gesagt, ne, mit den Expected Goals. Ich lasse ihn kurz ausreden. Deshalb, wenn es so war und es hat danach ausgeschaut, kann ich es auf jeden Fall nicht erklären, nicht nachvollziehen. Ja, das spricht dann für den Trainer, ne? Wenn er das nicht erklären oder nachvollziehen kann. Das ist schon immer gut. Ach, herrlich. Handy fliegt. Super, ey. $2,2 für uns, glaubst du? Okay, wild. Die Woche wäre gut trainiert, ja. Kann einfach mal sagen, dass alles scheiße war. Hat er ja gerade so ein bisschen gesagt. Keine Einstellung, wie er immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Bitte weg. Ja, wir sind schon stark im Training.
Ich höre mal bis zum Ende an, ne? Dann nenne ich dir vielleicht einen Grund. Dann hier vorne Kerry Hau, bitte. Also Herr Tuchel, Sie haben die Fehler schon angesprochen. Jetzt sind 2 Spieler zur Halbzeit ausgewechselt worden mit Davis und Masraoui. War es nochmal notwendig, mit Ihnen auch persönlich darüber zu sprechen? Kriegen Sie jetzt Junge, da kannst du mit der ganzen Mannschaft persönlich drüber sprechen, Alter. Junge, brauchst du hier an den 2 Spielern jetzt hochziehen. auch gegen United dann die Chance, es direkt besser zu machen? Und haben Sie das Gefühl, Sie sehen die Spieler jeden Tag im Training, die Mannschaft, da ist genug Führung, auch in Situationen, in denen es schwierig ist, in denen es mal nicht läuft, dass die Spieler sich eben aufrichten und auch eine Mannschaft richtig pushen können? Wir arbeiten daran. Ich denke, dass das schon einer der elementaren Punkte ist. Wir dachten, wir wären schon weiter, sind eines Besseren belehrt worden am Samstag auf sehr brutale Art und Weise, mit einem außergewöhnlichen Ergebnis natürlich. Und das auch sehr wehtut. Aber klar, wir versuchen, diese Stabilität reinzubringen und die Mannschaft versucht, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema, aber es fällt uns schwer. Es fällt uns offensichtlich schwer. Wir hatten allerdings, muss man sagen, es war unsere erste Niederlage jetzt in der Liga. Wir hatten viele Spiele auch in der Champions League, die schwer waren, die eng waren, die mal nicht so gut liefen. Die Reaktion war jedes Mal gut. Deshalb ist das Vertrauen immer noch groß, dass auch jetzt die Reaktion stattfinden wird für morgen. Sag ich doch, Alter. Was habe ich gesagt? Gut, ihr habt das Video noch nicht gesehen. Ich habe es in einem anderen Video gesagt. Durch die Kommentare beantworte. Es werden keine anderen Spieler kommen. Die Aussage ist entweder, ja, die Spieler haben es gut gemacht, das wollen wir, den Flow wollen wir jetzt nicht unterbrechen, oder wenn die Spieler so eine Leistung zeigen, wie es jetzt gegen Frankfurt war, dann kommt die Aussage, nein, jetzt haben die Jungs ja die Chance, sich zu rehabilitieren, da müssen wir jetzt nichts ändern. Ich garantiere euch, da steht dieselbe Elf wieder auf dem Platz, Alter. Vielleicht fängt Jamal für Schupo an, das ist die einzige Änderung. Aber es wird, wenn das so ist, wird nicht reichen nur morgen. Es geht dann weiter bis zum Ende. Wir hatten uns viel vorgenommen und konnten das am Samstag absolut nicht zeigen. Nur jetzt ist am Sonntag, haben wir die Gelegenheit genutzt, das sehr direkt anzusprechen. Und heute haben wir die Gelegenheit, ein Abschlusstraining hier in Manchester zu machen. Morgen gibt es die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen im Weltfußball eine Reaktion zu zeigen. Dann muss da auch irgendwann der Fokus drauf, spätestens heute. Und heute Abend mit diesem Training. So ist es halt im Sport. Ja, klar, wir haben ausgewechselt, wollten einen neuen Impuls bringen. Das ist dann halt einfach auch mal so. Und dann da muss man auch nicht rumdiskutieren, Alter. Er hätte halt noch 2 Spieler mehr auswechseln sollen. Hat jeder die Chance, morgen zu spielen. Die Aufstellung habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht festgelegt. Ich warte jetzt die letzten Eindrücke ab und dann besprechen wir uns heute Abend im Hotel. Aha. Ich noch keine Entscheidung getroffen. Er hat noch keine Entscheidung getroffen, Leute. Ich nehme alles zurück. Wir werden morgen eine ganz andere Aufstellung sehen. Wild. Wir werden morgen 1,35 zu 4,37 gewinnen, hoffe ich. Geil. Womit bist du denn alleine, Anbu? Eieiei. Meiner Meinung nach, ohne Trainer vertrete ich eher eine eigene Meinung hier. Nö. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, wenn Tuchel zu der Strategie des Vereins passt, wenn er das annimmt, ja, dann ist er auch der richtige Trainer. Wenn er das nicht tut, dann muss man sich am Ende trennen. Unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. Aber da muss er langsam mal anfangen damit. Ne? Also das sehe ich halt so ein bisschen kritisch. Aber vielleicht sehen wir das ja morgen. Vielleicht sehen wir eine Aufstellung, die uns alle überraschen wird.
Vielleicht sitzt ja mal ein Herr Kimmich draußen und er spielt mal Pavlovic als Beispiel. Wir werden es ja sehen. Er hat ja gerade gesagt, er hat sich noch nicht entschieden. Aber ja, eigentlich ist Abwehr klar, wer spielt. Neuer spielt, Kane spielt, Kimmich, Goretzka spielen, sehr wahrscheinlich. Wir werden sehen. Vielleicht überrascht er uns. Switch again to English, please. Thomas, Nein. English is good as well. So, I try. Englisch ist gut genug. Wie schwierig ist es für Sie, Manchester United jetzt zu sehen in einem schwierigen Moment und trotzdem zu erkennen, wie schwierig diese Mannschaft ist, wie sehr sie dieses Spiel gewinnen Naja, die Frankfurter haben auch 4 Spiele davor verloren, wa? Also von daher muss man da jetzt nicht irgendwie... müssen. Sie haben die Erfahrung, in Old Trafford zu spielen mit Chelsea, aber wie gefährlich ist Manchester United in diesem Zustand? Sie sind immer ein Überraschung, Kane auf der Bank, Schuppo im Sturm. Ja, wer weiß. Schwieriges Team. Meine Erfahrung ist, dass es immer schwierig ist, gegen Manchester United zu spielen. Das ist eine besondere Aura und Mentalität, die sie immer sehr schwierig zu schlagen machen. Auch wenn sie mal eine schwierige Zeit durchmachen, auch in einem Spiel, dann das gehört irgendwie zur DNA des Clubs, dass sie mal ein paar Minuten überstehen müssen in einem Spiel und trotzdem gewinnen und trotzdem Punkte vom Gegner klauen. Sie haben in der Gruppe die meisten Tore erzielt. Sie haben natürlich auch sehr viele kassiert, weil sie nicht genug Punkte für die Tore geholt haben, die sie erzielt haben. Sie wirkten in Galatasaray sehr sicher und haben dann das Spiel die Kontrolle über das Spiel verloren. Wir hatten dort in der ersten Hälfte nicht die Kontrolle, bei ihnen war das genau andersrum. Aber man sieht in den starken Momenten, wie stark sie wirklich sind. Und das Stadion spielt natürlich auch eine große Rolle. Die Fans sind sehr emotional. Diese Bühne, dieses Stadion kreiert besondere Momente. Und das ist ein schwieriger Ort, um dort zu spielen, aber eine gute Herausforderung für uns. Wie schwierig ist es, sich auf Manchester United vorzubereiten? Denn sie haben ihre guten Seiten und dann wirken sie manchmal sehr zerbrechlich. Wie groß ist dieses Spiel jetzt in dieser Phase? Ja, für mich persönlich ist ein Spiel bei Manchester United immer ein großes Spiel. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Es ist eine große Bühne, ein großer Club, eine der größten Bühnen im Weltfußball mit dieser Aura und der Elektrizität, der Spannung darum herum. Und um das vorzubereiten, wir bereiten die besten Momente von Manchester United vor und bereiten uns darauf vor. Wir bereiten uns auf das beste Manchester United-Team vor, denn sie haben viele gute Momente. Und wenn sie gut sind, dann sind sie wirklich sehr gut und sehr gefährlich auf jeder Position und wirklich schwierig gegen sie zu spielen. Und für uns ist es ganz einfach. Wir bereiten uns auf das beste Manchester United vor und hoffen, dass wir dann gut spielen und sie ihre Leistung nicht erreichen. Sie haben ja auch Stabilitätsprobleme bei Chelsea erlebt, als es da um eine Eigentümerübernahme geht. Bei Manchester United gibt es da ja auch große Entscheidungen zu treffen. Verstehen Sie, wie schwierig das für Erik ten Hag ist? Ja, ich verstehe alle meine Kollegen, egal ob es da einen Besitzerwechsel gibt oder nicht. Es ist manchmal sehr herausfordernd und manchmal sehr viel schwieriger, als es von außen aussieht. Ich glaube, dass ich weiß, was es braucht, um einen großen Club und große Spieler zu trainieren. Das fordert sehr viel, aber es gibt immer Phasen, da fühlt man sich, als wäre man stecken geblieben, als könnte die Veränderung nicht schnell genug kommen. Und deswegen kann ich mit ihm mitfühlen, aber morgen natürlich nicht. Morgen muss bam, bam, bam. Und das zu unserer Bühne machen, für uns den nächsten Schritt machen in unserer Entwicklung. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir müssen hart sein und die Energie
absorbieren in diesem Club. Und ich glaube und ich bin mir sicher, dass Manchester United auch zurückkommen wird, wie immer. Hoffentlich aber nicht morgen. Sie haben vor dem ersten Spiel über Harry Kane gesprochen. Seitdem trifft er ein Tor nach dem anderen. Jetzt kommt er hier zurück. Ja, jeder Fan wünscht sich, dass Harry Kane in seiner Mannschaft spielt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, ihn zu uns zu locken, ihn zu stehlen aus der Premier League und vom englischen Fußball. Zu stehlen. Er ist der Kapitän eurer Nationalmannschaft, eine große Persönlichkeit, ein großer Spieler, sehr bescheiden, sehr bodenständig. Er liebt den Fußball, er liebt das, was er tut und er ist ein Vorbild. Wir sind sehr froh, wir könnten gar nicht glücklicher sein, dass er bei uns ist. Er gibt uns Selbstvertrauen, er gibt uns Tore, er wird morgen spielen und er wird sich darauf freuen, hier zu sein. Und das ist die Geschichte und ich kann alle Fans verstehen, die ihn gerne in ihrer Mannschaft hätten. Das waren ja immer große Spiele zwischen Bayern und Manchester United. Haben Sie 2, 3 Bilder, die Ihnen da vielleicht in den Kopf kommen, auch als Fußballfan interessiert, wo Sie zugeschaut haben? Bittere Bilder natürlich, ja, würde ich sagen. Und Sie haben ja nach Frankfurt gesagt, dass Sie die Mannschaft vielleicht am Anfang überfordert haben, aber vor dem Spiel mit zu vielen Informationen. Wie ist da Ihre Abwägung, zu sagen gegenüber dem Gegner, die müssen sich eigentlich eher nach uns richten, weil wir sind der FC Bayern oder immer so? Ja, das haben wir auch gemacht. Also die Informationen vorm Spiel durch die Woche waren sehr wenig, sehr gering. Ich habe mich dann nur entschieden, ganz direkt vorm Spiel, vorm Rausgehen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es nach dem Spielberichtsbogen sein kann, dass es eine Dreierkette wird. Es wurde dann auch eigentlich im Spielaufbau eine Dreierkette, also so ganz falsch lagen wir nicht. Ich wollte nur noch mal wir haben nur noch mal die Beispiele durchgesagt, dass wir zweite Halbzeit gegen Dortmund, als die umgestellt haben auf Dreierkette, auch zu 5 verteidigt haben, dass wir in der ersten Halbzeit gegen Köln umgestellt haben im Verteidigungsverhalten und Kingsley Coman auf der einen Seite ein bisschen tiefer haben verteidigen lassen. Das war die Information. Ich hatte dann im Spiel und nach dem Spiel das Gefühl, dass das ist eigentlich untypisch, so kurz vorm Rausgehen so eine Sachinformation zu geben. Eigentlich ist es eher so, dass wir wollen, dass alle einmal alles vergessen und ins Machen kommen, aber wir wollten diese Information unbedingt geben. Das war... Ja, erst einmal ist es natürlich super wichtig für uns, für den FC Bayern, ob Frankfurt jetzt mit einer Fünfer-, mit einer Dreierkette oder einer Viererkette agiert. Da müssen wir uns natürlich schon knallhart nachrichten. Das ist schon echt wild. Das ist natürlich sehr spielentscheidend. Und auf der anderen Seite ist es ein Trauerspiel, wenn Spieler dann argumentieren, ich war überfordert, dass der Trainer mir 5 Minuten bevor wir auflaufen nochmal eine Info mitgegeben hat. Also. Jetzt auch, das hat dann bei mir erstmal so zum Gefühl geführt, ob uns jetzt Emotionalität dadurch verloren gegangen ist, ob irgendwie eine andere Ansprache die bessere gewesen wäre. Was wollte ich eigentlich damit sagen? Frankfurt hat dann in der Emotionalität verloren gegangen? Das haben wir gar keine gehabt. Keine Emotionalität gesehen. Ja, aber also gar keine. Viererkette gespielt und mit 2 Sechsern, was sie bis dahin noch nie getan haben. Damit müssen wir leben. Also ich kenne das auch, dass aus der Rolle des Underdogs natürlich Mannschaften versuchen, sich bestmöglich an unsere Systematik. Nochmal, das ist so lächerlich, dass wir uns so hardcore nach dem Gegner richten, Alter. Das ist einfach so lächerlich. Anzupassen, deshalb macht es auch schwierig, immer nur das Gleiche zu machen. Die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, wo man immer nur das Gleiche macht und das dann reicht. Ja, aber wir machen ja gar nichts. Wenn wir wenigstens mal immer das Gleiche machen würden, dass man mal sagt, yo, das machen wir in jedem Spiel. In jedem verkackten Spiel, weil wir ja diese individuelle Qualität haben, um uns dann auch mal da durchzusetzen, auch wenn wir immer das Gleiche machen. Arjen Robben hat immer dasselbe gemacht und hat trotzdem Tore geschossen. So wäre ja mal ein Ansatz. Ja, und dann kann man ja sagen, wenn das dann, da habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man dann sieht, ach du Scheiße, das läuft aber gar nicht so, dann muss man halt auch in der Lage sein, auf System B, C oder D umzustellen. So, das verlange ich von der Mannschaft. Aber es kann doch nicht Sinn der Sache sein, ja, also Leute, die Frankfurter spielen jetzt sehr wahrscheinlich doch mit einer Fünferkette,
jetzt müsst ihr das so und so machen und so und dann ist die Emotionalität weg, oder was? Alter, das ist von beiden Seiten Trauerspiel. Von Trainerseite und von Spielerseite, Alter. Echt? In gewissen Abläufen ja, aber im Spielaufbau kann es schon und im Verteidigungsverhalten kann es schon Sinn machen, Dinge anzupassen, um schnelleren Zugriff zu geben. Und diese Flexibilität brauchen wir auf jeden Fall. Ja, warum haben wir denn da nichts angepasst? Warum haben wir nach der ersten Viertelstunde nichts angepasst? Wo Kimmich nicht einen Ball gesehen hat. Aber nochmal, wenn Sie 9 Tage Zeit haben, auch als Trainer mit einer Mannschaft sich vorzubereiten und das ist das Ergebnis und wir spielen so, wie wir spielen, dann ja, dann ist das Note 6, Punkt. Dann sitze ich da mit dem Boot, das ist ja kein Thema. Zu dem ersten Teil der Frage, wenn Sie mich so fragen, kommen wir natürlich sofort das Spiel in Barcelona in den Sinn. Ich kann mich nur an die ganzen Großchancen erinnern, was eigentlich eine Frage der Zeit war, ans 2-0 fällt und dann kam die berühmte Fergie-Time und dann war alles anders. Aber da waren wir noch alle jung, so deshalb versuchen wir das morgen umzudrehen und das Spiel zu gewinnen für uns, für unseren Anspruch, für unser Selbstvertrauen. Noch 3 schnelle, kurze Fragen zum Schluss. Thomas, Bayern have got an extraordinary record in Bayern hat eine herausragende Bilanz in der Champions League. Sie haben sich schon für die K.O.-Runde qualifiziert als Erster der Gruppe. Manchester United hofft, dass Sie jetzt vielleicht ein wenig abschalten. Ist das ein Risiko für Sie morgen? Ja, wir können nicht noch mehr abschalten wie am Samstag, Alter. Ich kann verstehen, wenn die Leute sagen, das sah so ein bisschen danach aus gegen Kopenhagen. Ich hatte das vorher nicht so empfunden. Die Ansprache, die Aufstellung war nicht so, dass wir uns damit abgefunden hätten, dass wir auch 99% akzeptieren, denn das ist nicht korrekt. Das waren aber noch nicht mal 99% gegen Kopenhagen. Das waren noch nicht mal 80%, was wir da gespielt haben. Was legitim ist, ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Wir waren durch, alles gut. Ja, das muss man jetzt nicht schönreden. Wenn Sie bei Manchester United oder Bayern München unterschreiben, dann unterschreiben Sie mit 100% jeden Tag, sonst geht das nicht. Und das ist unsere Herangehensweise. Und auch wenn wir nach einem Erfolg aus dem Frankfurt-Spiel jetzt hierher gekommen wären, dann würde ich trotzdem meine Einstellung gegenüber einem Spiel, gegenüber einem Gegner nicht verändern. Das funktioniert für mich nicht, so funktioniert es schlicht und ergreifend nicht. Wenn man ein Bayern-München-Trikot trägt, dann verhält man sich wie ein Meister, denn sonst wird man kein Meister werden. Und natürlich verstehe ich, dass wir nicht den vollen Druck verspüren, was die Tabelle anbetrifft, aber wir haben trotzdem immer Druck, denn den erzeugen wir selbst. Wir haben Alter, du hast gerade so einen Druck, den kannst du wahrscheinlich gar nicht verarbeiten. Stellt euch mal vor, wir kriegen gegen Manchester United jetzt wieder 4 Hütten und verlieren 4-1. Also dann brennt aber der Baum lichterloh, Alter. Dann muss die Feuerwehr nach Uli rufen, ja, mit seinem 30 Meter Weihnachtsbaum. Unsere Ansprüche und wir wollen den Schwung behalten. Unsere Bilanz ist... Welchen Schwung wollen wir behalten? Herausragend und natürlich wird Manchester United alles versuchen, um uns zu schlagen. Champions League Schwung oder was? 0:0 gegen Kopenhagen. Für uns, für unsere Bilanz, für unsere Ansprüche und wir wollen nichts mehr als das Beste von uns. Manchmal bedeutet so ein Fehlen des Drucks aus der Tabelle, dass man vielleicht auch ein bisschen weniger Stress verfügt. Und positiver Stress kann ja schon zu den besten Leistungen führen. Aber wir hatten den Druck beim letzten Mal und ich hoffe, dass wir die Mentalität, den Enthusiasmus, den Hunger wieder von Manchester United ausgleichen können. Jamal Musiala hat uns eben gesagt, es wird wahrscheinlich ein kleines Limit auf seiner Spielzeit sein. Kann er trotzdem beginnen morgen? Und eine Frage zu Serge Gnabry. Was glauben Sie, wie lange wird er pausieren müssen? Ich fürchte, es werden mindestens 8 Wochen werden. Das ist auf jeden Fall meine Information. 8 Wochen plus. Da müssen wir schauen, wie gut sein Heilfleisch ist. Und
Ja, das ist natürlich viel zu lang. Hat lange gebraucht, um nach seiner Armverletzung in Form zu kommen und war jetzt ausgerechnet wieder in Form im Training. Hat eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt und verletzt sich dann in der ersten Minute. Wir haben alle eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt. Bild. Seines Einsatzes extrem bitter. Und Jamal, das ist auf jeden Fall so, das reicht nicht für 90 Minuten. Und müssen wir jetzt jede Trainingseinheit abwarten und dann am Abend entscheiden. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen, er kann starten, dann wissen Ja, die Entscheidung nicht getroffen, Schubu fängt an auf 10, ne? wir, dass er wahrscheinlich maximal 60 Minuten spielen kann oder er kommt von der Bank und kriegt nochmal Rhythmus, weil natürlich nach einer langen Phase von Training hat er jetzt, ich weiß nicht, 20 Minuten gespielt, also 25 Minuten. Kann auch noch mal helfen, 30 zu spielen, um so einen Rhythmus zu kommen, um dann vom Sonntag zu starten. Habe ich noch nicht entschieden. Vielen Dank. Dankeschön. Wild. Wilde PK. Ja, viele Phrasen, wie immer. Wir haben es ja auch gerade hier im Chat stehen gehabt. Gehe ich nicht ganz mit, dass man nicht sagen kann, was man denkt auf PKs. Oder wenn er das tun würde, dass er dann einen Shitstorm kriegen würde, whatever. Das kommt halt eben auf die Fragestellung an. Ich denke gerade, Geh nach Frankfurt waren auf jeden Fall 2 sehr gute Fragen dabei. Das Problem ist, dass siehst ja hier Kerry Hau und wie sie alle heißen, die stellen halt einfach auch nur banale Fragen. Da ist ja mal selten mal eine Frage, die mal auf gewisse Inhalte abzielt. Ich denke, das ist eher so ein bisschen das Problem. Dass man bei so allgemeinen Fragen, wie stark schätzen Sie Manchester United ein und so weiter, dass man da die üblichen Phrasen losgibt, ist doch klar. Was soll man da auch groß erzählen? Ne? Also, ja, gut, das war die PK. So, jetzt lese ich mal eben den Chat hier ein bisschen nach. Bild. Wenn viele verletzt sind, dann wünscht er sich die Spieler zurück, um zu wechseln. Wenn sie zurück sind, dann will er nicht wechseln, da die Automatismen sich einspielen sollen. Wenn 3 Tage Rhythmus, dann kann man nicht trainieren. Wenn man 10 Tage Zeit hat, dann ist man aus dem Rhythmus. Wer sind wir mittlerweile? Immer nur Ausreden. Ja, es ist schon wild teilweise, ne? Aus Scheiße wird durch Druck halt Kacke. Na, wird er nicht Dünger raus, GB? Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen, aufstellungsmäßig, was da passieren wird. Ich kann es nicht einschätzen. Der Vorteil ist, wenn er jetzt Pavlovic, Kretzig und so reinwerfen würde, hätte man halt gleich wieder eine gewisse Ausrede parat, warum es dann doch nicht so geklappt hat. Von daher mal abwarten. Ich bin gespannt. Eieiei. Müller wird spielen, weil Punkte nicht wichtig. Bin gespannt. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass die Standardmannschaft anfängt. Entweder mit Müller oder mit Musiala auf der 10. Der Rest wird bleiben, würde ich jetzt sagen. Aber wer weiß. Vielleicht überrascht der Tor uns. Ist ja ein Spiel, wo es um nichts geht für uns. Zum ersten Mal seit langem habe ich ein Gefühl der Machtlosigkeit dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, vielleicht wird es morgen souveränes Spiel, oder? Ich meine, dass wir es können, haben wir gegen Dortmund gezeigt. Ne? Manchester muss unbedingt gewinnen, die werden also Vollgas geben, wir werden vielleicht Räume haben, wenn wir es hinkriegen, irgendwie da reinzuspielen und kriegen dann das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen wieder. Ich meine, wir haben Heavy Kane vorne, also. Alles möglich, ne? Alles möglich. Wir werden es sehen. Es kann aber auch sein, dass es so ein Versagen wird wie gegen Frankfurt. Alter. Wenn du ein schnelles Tor kriegst, kommt vielleicht wieder die Unsicherheit. Dass Manchester United vorne stark ist, haben wir schon im Hinspiel gesehen. Also es kann gut sein, dass es klingeln wird bei uns wieder.
schwierig einzuschätzen für mich gerade. Ja, da bin ich bei dir, Anbu. Also nochmal, wenn du einen Trainer wechselst, der dieselbe Schiene da fährt, dann brauchst du den Trainer nicht wechseln. Das haben wir jetzt mit Nagelsmann und Tuchel gesehen. Also es hat sich nichts gebessert. Ja, die Ergebnisse haben sich gebessert. Ja, es war pragmatischer unter Tuchel, oder es ist pragmatischer unter Tuchel, mal abgesehen von dem Frankfurt und dem Saarbrücken-Spiel. Aber im Großen und Ganzen, dass die Mannschaft teilweise keinen Bock hat, dass es so aussieht, als würde die Mannschaft gegen den Trainer spielen, all das haben wir unter Nagelsmann auch schon gesehen. Ne? Also von daher ist das kein Thema. Da bin ich auch bei dir, wo man sagt, es liegt nur an Tuchel. Ne? Ja. Aber zum gewissen Teil liegt es natürlich auch an Tuchel, da gehe ich auch nicht von weg. Weil nochmal, da musst du die Etablierten halt einfach mal auf die Bank setzen, Alter. So, das hat weder ein Nagelsmann getan, das tut weder ein Tuchel. Und wenn, dann haut er den Etablierten raus, der Müller heißt, der wenigstens sich jedem Spiel den Arsch aufreißt. So, du kannst dem Müller ja echt viel absprechen, ja, auch dass er keine Form hat, wie auch immer. Aber er ist immer dabei am Rennen, am Machen und Tun. So, was halt viele andere nicht machen. Ja. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist ein bisschen mehr im Argen, als wir so von außen sehen. Aber mich interessiert das Spiel schon, ob halt eine Reaktion kommt oder nicht. Ansonsten, das Ergebnis interessiert ja nur bei einer Niederlage. Das ist das Einzige. Ansonsten ist das Spiel interessant. Sonntag ist wichtig. Sonntag muss geliefert werden. Du kannst auch morgen verlieren. I don't know, wenn du wenigstens die richtige Einstellung hast. Und du siehst, die Spieler geben alles und geben sich Mühe und es ist eine Mannschaft auf dem Feld und du verlierst dann gegen Manchester United, weil die einfach natürlich mehr Druck haben, mehr Konzentration haben werden. Blasels. Alles gut. Wichtig ist das Spiel Sonntag. Ja, das ist der Fingerzeig. Weitergeht. Das ist das Ding. Ja, das sehe ich genauso. Dass Tuchel halt mal die Eier braucht, Spieler und Leistung aufzustellen. Ja, das kann man auch nicht hoch genug anrechnen. Die Frage ist halt, wie es intern ausschaut, aber nach außen hin macht Müller ja gute Miene zum bösen Spiel. Und ich denke, gerade nach den Spielen jetzt gegen Köln und auch gegen Frankfurt, wo ein Schupo ihm vorgezogen wird der schon innerlich brennen, Alter. Also das glaube ich schon. Nee, es liegt auch nicht nur an Tuchel. Aber ja, Tuchel ist der in der Verantwortung steht, der die Entscheidungen trifft und ja, er zieht halt denselben Stiefel durch, wie es ein Nagelsmann getan hat. Ja, mit einer anderen fußballerischen Ausrichtung, logisch, ist auch ein anderer Trainer, alles gut. Aber wir sind immer noch in dieser Geschichte hier. Wir haben es jetzt heute im Streaming durchdiskutiert. Ich würde mich nur wiederholen. Nagelsmann hat gesagt, dass man von Zeit zu Zeit die Spieler wechseln muss, also neue in die Mannschaft holen, damit es langfristig funktioniert. Ja, nochmal. Guck mal, du hast ganz, ganz viele Spieler in der Mannschaft, die 6 Titel gewonnen haben, auf dem Olymp sportlich waren. Kann man jetzt drüber denken, was man will durch Corona, ob man das jetzt so hoch anrechnen sollte oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber die haben alles erreicht beim FC Bayern. So, welche Ziele sollen die noch haben beim FC Bayern? Und wenn du dann nicht diese Einstellung hast, wie es ein Müller hat, wie es ein Kahn hatte, wie es viele andere bei uns haben, und du hast halt so die Einstellung, sieht man ja am Knarri, bestes Beispiel, Alter. Oder, ja, so, oh, Alter, ich habe 6 Titel gewonnen, ich habe alles erreicht, ich bin zufrieden, ich nehme das Geld mit und schaukel mir die Eier. So kommt's rüber, ja. Und dass so ein Kimmich da nicht mehr hochmotiviert ist, wenn er dann einen Trainer sitzen hat, der ihn eigentlich gar nicht haben will, was er vor der Saison klar kommuniziert hat, kann man dann auch irgendwo verstehen und so weiter. So kannst du das durchgehen. Ja? Und dadurch hast du ganz, ganz viele kleine Baustellen und kleine Problemchen in der Mannschaft. Und wir haben es halt verpasst, die Konkurrenzsituation zu schaffen. Beziehungsweise das haben wir eigentlich nicht verpasst, weil wir hatten Gravenberch und Sabitzer da. Aber man hat es verpasst, denen die Chancen zu geben. Ja, nochmal, wo der Goretzka verletzt war, das Duo Sabitzer war stärker wie ein Kimmich, Alter. Ja. So, da war ein Goretzka fit, den hat man gleich wieder reingenommen und hat einen Sabitzer weggeschickt.
In Gravenberch hat man gar keine Chancen gegeben. Das sind halt die Sachen, die falsch laufen bei uns. Und da muss man sich nicht wundern, dass du immer wieder solche Spiele hast, wie du jetzt hast. So, weil es passiert ja nichts daraus. Es gibt ja keine Konsequenzen. Überlegt euch mal die Konsequenz Niederlage gegen Gladbach. Pokal. So, welche Konsequenzen gab es daraus? Welche Konsequenzen gab es aus dem Saarbrücken-Spiel? Welche Konsequenzen wird es jetzt geben? Du wirst allerspätestens gegen Stuttgart wirst du wieder dieselbe Elf sehen, die jetzt aufgelaufen ist gegen Frankfurt. Abgesehen von Choupo vielleicht. Ansonsten wirst du dieselbe Elf sehen. 100 Pro. Will ich meine Hand für ins Feuer legen. So, es gibt keine Konsequenzen daraus. So, das ist das große Problem, was wir haben bei uns. Meine Meinung. Sieht jeder immer anders, aber das ist meine Meinung. Wir haben keine Konkurrenzsituation mehr. Auf ganz, ganz vielen Positionen. Wir dürfen nicht verlieren. Der heult nicht, Alter, der eskaliert dann. Trainer von Gala. Ja, bin ich bei dir, Roland. Der Unterschied, hättest du Kane unter Nagelsmann gehabt? Halleluja. Der Fußball war auch besser. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Der Fußball war unter Nagelsmann auf jeden Fall besser anzusehen. Punkt. Also wer das anders sieht, der hat dann ganz wilden Fußballgeschmack. Ne? Müller hat nach außen nie wirklich Stress gemacht, aber intern oft gewaltig. Naja, er hat schon damals gesagt gehabt, dass er den Verein dann verlassen wird. Das hat er auch nach außen gesagt. Das darf man nicht vergessen. Magath hat mit Scholl damals einen geilen Move gemacht, immer in der 70. bringen, wenn alle müde waren. Das könnte man mit Müller auch machen. Ja, schwierig. Weiß nicht, ob Müller da so der Unterschiedsspieler dann ist. Und Scholl war, keine Ahnung. Aber klar, man könnte viele Sachen machen, um Müller einzubauen oder nicht einzubauen. Darum geht's ja auch gar nicht. Geht einfach darum, dass man Choupo den Müller vorzieht, Alter. Das ist halt für mich unverständlich. Auf dieser Position, ja. So. Und ich denke, das wird intern ganz, ganz viele Kisten aufgemacht haben. Ich frage mich, was bei uns im Moment intern läuft. Ich kann es nicht glauben, dass Nagelsmann und Tuchel ähnliche Probleme haben mit der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass solche Fachmänner die Dinge nicht sehen, wie wir sie sehen. Da sind Grüppchen in der Mannschaft, die bei den Bossen zu viel Lobby haben. Anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ja, sehe ich genauso an. Aber du siehst ja die Parallelen, die sind ja da, ne? Auch dieselben Aussagen dann so, ja, das ist zu viel Taktik, zu viel Input, das verkraften wir Spieler nicht. Und so Mist. Also, hallo. Ja, dann musst du die anderen Spieler besorgen. Also, ganz ehrlich, ne? Also da läuft einiges im Moment im Argen. Das ist... Deswegen sage ich ja, das war halt so damals die Hoffnung, wo Tuchel kam, dass er sagt, bam, ich bin jetzt hier, es geht bei mir nach Leistung, nicht nach Namen. Und das hat ein Tuchel verpasst. Ja, weil er natürlich noch die Chance auf 3 Titel hatte, da irgendwas retten wollte und wir haben gesehen, wo es geendet ist. Mit viel, viel Glück Meister geworden. So. Und dann kannst du nicht anfangen, ein Jahr danach alles umzuballern und dann irgendwie komplett anders aufzutreten. Ja, und er hat die Chance da verpasst. Hat dann noch einen Gravenberch weggeekelt mit irgendwelchen dummen Aussagen, hat dann einen Müller abgesägt, hat einen De Ligt abgesägt, mit irgendwelchen fadenscheinigen Aussagen, er wäre nicht er wäre der Schlechteste im Aufbau und hast du nicht gesehen, hat einen Kimmich demontiert, kann man jetzt sogar streiten, ob zu Recht oder nicht zu Recht, hat einen Goretzka demontiert, den er dann aber wieder zurückholen musste, weil er doch keine Holding Six gekriegt hat. Ja, und das vergessen die Spieler ja auch nicht. Das sind Menschen, Alter. So. Du glaubst ja wohl nicht wirklich, dass ein Kimmich das nicht in seinem Schädel hat oder auch ein Goretzka nicht und so weiter. Ja, das sind ganz, ganz viele kleine Kisten, die da aufgemacht wurden. Ja, und das kommt dann zum Tragen, wenn die Ergebnisse halt nicht mehr kommen. Ja, und dass das irgendwann mal reißt, diese Serie mit diesem ach so tollen Ergebnisfußball durch Einzelaktionen, wenn die Einzelaktionen dann mal nicht kommen, weil ein Choupo auf dem Platz steht, der die dann nicht macht, dann hast du so ein Spiel wie gegen Frankfurt.
Und dann hast du auch keinen, der sich dagegen wehrt. So. Dann denkt sich den Kimmich wahrscheinlich auch, ach, weißt du was, leck doch mal den Arsch. Warum soll ich mir jetzt hier den Arsch aufreißen für einen Trainer, den ich eigentlich gar nicht hier haben will? Und so weiter und so fort. Also könnte ich mir schon vorstellen, das sind halt auch alles Menschen, ne? Die denken auch über ihre Sachen nach und so weiter. Ich denke, das sind ganz, ganz viele kleine Geschichten, die wir aktuell haben bei uns im Club. Und wir werden auch innerhalb der Mannschaft, deswegen ist es ja so wichtig gewesen, so mit einem Harry Kane zu verpflichten und so weiter. Man hätte aber doch ein Delicht stärken sollen, dass man einfach eine andere Struktur reinkriegt, eine andere Führungsstruktur in der Mannschaft. Die Mannschaft wird seit gefühlt Ewigkeiten von denselben 5 Spielern geführt. Ja, und nochmal, 2 + 2 ist immer 4. Da kannst du drehen und wenden, was du willst. Solange du nicht die 2 durch eine 1 oder 3 ersetzt oder whatever, wird sich halt nichts ändern. Und das ist unser großes Problem. So. Sabitzer mochte irgendwie halt keiner. Ja, komm, ist egal, ob man den mochte oder nicht. Also wo der Sabitzer endlich mal ein paar Spiele gekriegt hatte, weil Goretzka verletzt war, hat man gesehen, welche Qualitäten er hatte. Ja. Komischerweise kommen alle auf die Bank, selbst Sané, nur Kane nicht. Aber das ist auch verdient und Kimmich. Und das macht gar keinen Sinn. Ja. Straftraining gab es ja am Sonntag 15 Minuten. Ah. Na, ich glaube auch ein Tuchel wäre die richtige Option, aktiven Fußball zu spielen. Aber wie gesagt, bei uns ist seit 2 Jahren halt einfach was im Argen innerhalb der Mannschaft. Ja. Aber unser Fußball ist diese Saison, ich nehme mal Dortmund außen vor, Bochum. In Bochum war es aber auch selber verschuldet. Was war das andere Spiel? Darmstadt oder was? Ansonsten war unser Fußball wirklich schwierig anzugucken. Wenn man ehrlich ist, ja, ich habe es in jedem Video gesagt, ja, wenn du am Ende Meister wirst und dann interessiert es keine Sau vielleicht mehr. Mich persönlich interessiert das schon und einige von euch ja auch. Es ist grottig, sich anzugucken, Alter. Ja. Wie gesagt, ich habe dann Stuttgart gegen Leverkusen geschaut und ich habe endlich mal Fußball gesehen. Oder wo ich Union geschaut habe, die ersten Spiele in der Champions League. Alter, die haben sich den Arsch aufgerissen. Vom Einsatz her siehst du das bei uns auch nicht. Ja. Also bei uns fehlt so viel aktuell. Wir haben eigentlich die ganze Saison nur gelebt von Einzelaktionen. Bis zu dem Spiel gegen Saarbrücken, wo wir auf Fresse gekriegt haben. Dann haben wir gegen Dortmund endlich mal eine Mannschaftsleistung gesehen. Nochmal, leider ohne Herrn Kimmich. Da kann ich auch nichts für, dass er nicht da war. Danach die 2 Spiele war es dann einigermaßen okay. Und dann fing es schon wieder gegen Köln und Kopenhagen an, in die andere Richtung zu schlagen. Und jetzt sind wir wieder ganz unten. So. Und das heißt, entweder reichen die gegen Manchester jetzt wieder irgendwelche Einzelaktionen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gegen Manchester wieder eine geschlossene Mannschaft sehen werden wie gegen Dortmund. Ich glaube, dafür ist da gerade zu viel Ich-AG unterwegs bei uns. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Na, das ist halt wild. Kimmich hat sich selbst demontiert, sehe ich genauso. Mit seiner Aussage, ich bin hier der Sechser. Hätte er sich schenken sollen. Hätte er sagen sollen, keine Ahnung, ich bin hier der Führungsspieler, ich bin Achter und solange kein Sechser da ist, übernehme ich die Rolle gerne. Oder hätte anbieten sollen, komm, ich gebe hier einen rechten Verteidiger, weil wir da Probleme haben. So, dann, das wäre für mich ein Führungsspieler gewesen. Dass ein Kimmich aber so gebasht wird, liegt halt einfach an dieser Aussage, Alter. Er hat sich hingestellt und wird dann daran gemessen. Und er hat halt nicht damit gerechnet, dass ein Tuchel nur einen Sechser spielen lassen möchte. Ich glaube, das war so der Gedanke. Weil auf einer Doppel-6, wenn Kimmich einen defensiven Partner dabei hat, der dann auch für Kimmich mitarbeitet, geht das ja alles. Aber wenn Kimmich alleiniger Sechser ist, ist das... Haben wir oft genug gesehen, oder? Also gegen Frankfurt war das aber auch absolut uneinsichtig von Trainer und Mannschaft. Tor kassiert, trotzdem immer noch auf den Seiten die Außenverteidiger weiter hochgeschoben. Maximal eine Anspielstation. Dann haben die Frankfurter ihr Spiel aufziehen dürfen, aggressives Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte, Fehlpässe erzwingen. Ja, na klar. 100%. Also man hat, habe ich ja auch schon gesagt, von beiden Seiten. Von den Führungsspielern her und von Trainerseite. Es kann nicht sein, dass du da sitzt und dir das anguckst und nichts versuchst zu ändern.
Leider. Leimer ist auch einer wie Jeremis. Ja, Leimer gehört in die Mitte halt. Und nicht als rechter Verteidiger, Alter. Und wenn der Leimer endlich mal das Vertrauen kriegen würde und endlich mal sich da auch einspielen darf. Ich meine, wir haben Leimer Goretzka gesehen gegen Dortmund. Ja, wie gut das funktioniert hat. Und was war danach? Ach, Kimmich ist nicht mehr gesperrt. Kimmich spielt wieder. You know? Dann hat Kimmich gesehen, oh ja, ich muss mal ein bisschen Gas geben, weil die waren ja echt stark gegen Dortmund. Dann hat er ein Spiel mal Gas gegeben. Und dann wieder dieselbe Scheiße wie immer. Und nein, dann kommt man natürlich als Trainer nicht auf die Idee zu sagen, pass mal auf, Josua, setz dich mal auf die Bank. Wir nehmen hier nochmal Goretzka, Leimer rein, um zu gucken, ob das nur eine Eintagsfliege war gegen Dortmund oder nicht. Versucht man erst gar nicht, weil King Josua ja unantastbar ist bei uns. Und das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe. Und diese Sachen sind in der Verantwortung von Tuchel. So, Punkt. Ja. Aber man setzt halt keine Zeichen. So, man nimmt alles so hin, lässt das so weiterlaufen, drauf geschissen. Das verstehe ich halt nicht. Das ist, nochmal, man kann sich nicht als Trainer vor der Saison hinstellen und sagen, ich brauche einen Sechser, ich brauche Führungsspieler, und dann ändert man nichts. Man lässt das wieder so durchlaufen, wie es die 1,5 Jahre vorher war. Das ist zum Kotzen halt einfach. War schon ein geiles Spiel, VfB gegen die Pillen. Ja, war ein gutes Fußballspiel einfach, ne? War halt einfach traurig zu sagen, es war einfach Fußball, den wir hier schon seit über ein Jahr nicht gesehen haben bei uns. Auf beiden Seiten. Erste Halbzeit Stuttgart, zweite Halbzeit Leverkusen. Ja. War schon wild. Ja, Winterpause ist ja bald, genau. Ist die Frage, ob wir da ruhig reingehen oder ob wir da ganz wild reingehen. Wenn wir gegen Stuttgart gewinnen und gegen Wolfsburg, ist alles gut. Egal wie wir gewinnen werden, dann zählen am Ende nur die Ergebnisse. Dann kann Tuchel da eine ruhige Vorbereitung hinlegen, denke ich. Dann muss er allerdings liefern. Ne? Keine Ahnung, sollten wir gegen Stuttgart verlieren, dann wird's wild werden. In der Mannschaft ist in der letzten Rückrunde irgendwas passiert. Die Hinrunde war ja auch super unter Nagelsmann. Das kann eigentlich wirklich nur im Kader selbst sein. Was mich stört, ist, dass man manchmal solche Dinge hört wie Finale der Home 2.0 in der Mannschaft, den Basics, und da glaube ich einfach nicht, dass ein Trainerwechsel irgendeinen Effekt hätte. Ja, wie gesagt, es kommt auf den Trainer drauf an. So, wenn du wieder einen Trainer holst, der dieselben Kasperköpfe da auf denselben Positionen rumeiern lässt, obwohl sie die Position nicht bekleiden können, brauchst du keinen Trainerwechsel. Wenn du einen Trainertypen da hinholen würdest, wie es in Van Gaal damals war, dann hätte das schon einen Effekt. Das kannst du glauben. So, aber vielleicht moderiert der Tuchel das jetzt so zu Ende. Vielleicht, ich meine, in den Medien hörst du ja schon wieder, dass kein Sechser verpflichtet werden soll. Vielleicht wird ein Sechser verpflichtet in der Pause. Was da mit dem Kimmich passiert, I don't know. Das wäre dann die nächste interessante Geschichte. Ich weiß es nicht. Aber nochmal, dass man halt den Leimer auch so, weiß ich nicht, so auf die rechte Verteidigerposition drängt, was er einfach nicht gut kann und gar nicht seinen Stärken entspricht. Weiß ich nicht. Ist halt schade. Ne, er hat es gegen in Leipzig, guckt euch den Leimer in Leipzig an letzte Saison. So, lass den Leimer doch einfach mal in der Mitte spielen und zwar durchgehend, Alter. Das ist doch nun mal eine Maschine. Ja, der unserem Spiel gut tun kann. Nein, macht man nicht. Wild. Diese Montagstherapie. Ja, mir tut's auch gut. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, du musst schon eine Granate holen als Sechser, ne? Sonst wird er nicht spielen. Da bin ich bei dir, Briggs. Ja, wir haben auch einen solchen, ja, da bestimme ich dir auch zu. So viele Themen: Maulwurf, Neuer, Torwarttrainer, Transfers, Nagelsmann, Rosso, Brazzo und Kahn Rosso, beide Trainer mit Vereinsthemen allein gelassen, Hoeneß Interview und. Das ist im Gesamten gar keine Ruhe im Fall. Ja, stimme ich dir zu. Deswegen habe ich ja vorhin, hab ich jetzt schon mehrfach gesagt hier in dem Stream. Du musst wieder dahin kommen, so Verein, eine Philosophie, die Spieler, den Trainer dafür. Wegen mir kann das Tuchel sein. Ich halte Tuchel nach wie vor für einen guten Trainer. Ja.
Da müssen wir nicht drum rumreden, aber der muss die Strategie halt mitgehen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Genau. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Im Platz. Was erlaubst du uns? Ach, herrlich. Aber das Schöne ist doch, wir haben diese Saison mal wieder, wie letzte Saison auch, viel zu diskutieren, viel zu meckern, viel zu kritisieren, ab und zu auch mal was zu loben. Also es wird nicht langweilig bei uns. Sehen wir es so, ja? Lenkt uns vom Alltag ab. Da wäre es schöner, wir hätten irgendwie die Themen, wo wir jede Woche guten Fußball sehen, aber ja. Mein Gott. Muss man halt auch haben, solche Jahre. Und vielleicht kehrt ja jetzt ein bisschen Ruhe ein. Wir haben eine neue Führung. Wir haben einen Freund, der eine neue Richtung hat. Problem, was ich da wieder sehe, ist, wenn Eberl kommt, wird das wieder über den Haufen geworfen oder auch nicht. Wild. Also, wir kriegen halt auch keine Ruhe rein so richtig, ne? Ist wild. Wann rennst du über den Platz? Ist ja vor Ort. Machst du den Flitzer gegen Stuttgart oder was? Geil. Geil. Bin gespannt, GB. Sabatoni. Ein Vorteil hat das solchen Jahr, dein Kanal wächst. Ja, das ist auch das Einzige. Beziehungsweise mein Kanal ist ja nur letztes Jahr schon dadurch gewachsen, dass wir schlecht waren. Weil wie gesagt, die Bayern im Erfolg guckt sich ja keine Sau an. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich den Kimmich immer so lobe und den Müller so schlecht mache, da erfülle ich halt auch nicht die Klischees des typischen Bayern-Erfolgsfans. Daher. Ach, herrlich. So, weiß nicht, ob das für das Thema schon bereit bist, aber die Tribünen werden brennen am Wochenende. Der DFL-Investor-Deal hat die Hürde geschafft. Ja, weiß ich, habe ich gesehen. Jetzt braucht es nur noch den Vertragspartner. Kann nur für die Freiburger Szene sprechen, aber bei uns sind die Chats richtig wild. 2000 plus Nachrichten in den ersten 30 Minuten nur bei meiner Fanggruppe. Ja, da wird einiges brennen auf den Tribünen. Ne? Ja. Ich habe da eine klare Meinung zu. Ich habe da damals auch ein Video zu gemacht auf YouTube. Auch da hat der, ich will da auch keinen zu nahe treten. So der normale Fußballfan sieht das eher positiv. Ich sehe das persönlich auch absolut negativ. Ja, auch wenn man sich da hinsetzt und erzählt. Also erstmal war es eine geheime Abstimmung. Und dass es dann natürlich genau auf den Punkt die Stimmen sind, die gebraucht wurden, ist schon wild. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Dass man das dann jetzt so verkauft, ja, wir haben natürlich klare Vorstellungen, da kommt nur ein Investor rein, der gar nichts zu sagen hat. Wir erwarten uns bis zu 1 Milliarde für 6-7% der TV-Rechte für die nächsten 20 Jahre, aber nehmen Investor rein, der gar nichts zu sagen hat. Das wird halt nicht funktionieren. Ja, also wer das denkt, der ist ja blauäugig oder naiv, hoch 10. Also wenn da ein Investor kommt, der da 1 Milliarde reinsteckt für die nächsten 20 Jahre, dann will der natürlich Mitspracherecht haben. Ja, erst recht, wenn das Interesse dann irgendwann sinken sollte, dann sieht natürlich sein Geld dann gefährdet und will dann natürlich Mitspracherecht haben. Also du wirst keinen Investor finden, der sagt, ja na klar, ich gebe euch jetzt 1 Milliarde für die nächsten 20 Jahre und mir ist egal, was passiert. Also das wird halt nicht passieren. Ja, das ist Utopie, das ist Schwachsinn, Alter. Warum das überhaupt nötig sein soll, dass wir jetzt unbedingt jetzt 1 Milliarde brauchen. Erstmal kriegen wir die nächsten 20 Jahre natürlich weniger Geld. Ja, durch TV-Rechte. Ist auch klar, ne? Und warum wir jetzt 1 Milliarde brauchen? Keine Ahnung, wer kann mir das erklären? Um was zu tun? Das Geld wird ja dann verteilt. So, aber warum? Brauchen wir jetzt als FC Bayern jetzt 150 Millionen extra? Braucht Dortmund das? Braucht Leverkusen das? I don't know. Weiß ich nicht. Raff ich nicht. Verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja? Verstehe nicht, warum man jetzt sagen muss, wir brauchen jetzt 1 Milliarde, um die in die erste und zweite Liga zu pumpen. For what? Um was zu tun? Ja, ich meine, im Gegensatz zu englischen
Verhältnis ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Im Gegensatz zu Real Madrid, Barcelona, die Geld ausgeben, was sie nicht besitzen, spielt das auch keine Rolle. Ich verstehe es nicht. Also für mich ist das sinnfrei. Komplett sinnfrei. So 50+1-Regel soll auch gekippt werden. Ist eine andere Geschichte. Kann man drüber streiten. Das muss jeder Verein dann selber wissen. Ja. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter zu sagen, wir brauchen jetzt 1 Milliarde für die erste und zweite Bundesliga-Clubs. I don't know, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht warum. Also, wo soll der Sinn sein? Ja, Vereine, denen es jetzt gerade schlecht geht, die kommen dann aus ihren Problemen vielleicht ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ganz wild. Wir verkaufen unsere Vereine deren Gewinn für zig Jahre für die schnelle Kohle. Ja, aber nochmal. Also gerade wir als FC Bayern, es gibt ein sagenumwogenes Festgeldkonto. Spielt das jetzt eine Rolle, ob da 100 Mille jetzt mehr liegen oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Völliger Schwachsinn. Für was? Also, gibt Freiburg jetzt, es kriegt ja noch niemals jeder 100 Mille. Bei 1 Milliarde geht das ja auch nicht auf. Keine Ahnung, gibt Freiburg 50 Mille als Beispiel. Was soll das jetzt ändern? Geht Freiburg dann los und sagt, ja, jetzt haben wir 50 Mille, dafür kaufe ich den Oberdude. Erstmal kriegst du für 50 Mille keinen Oberdude, zweitens kannst du das Gehalt nicht leisten. Also ich verstehe den ganzen Sinn dahinter nicht. Außer, dass vielleicht irgendwelche Vereine in eher Probleme kommen, weil sie jetzt mal kurzzeitig ein bisschen mehr Geld haben, irgendwelche dummen Sachen machen, weil da keine verantwortungsbewussten Leute sind und dann ein Jahr später die Zeche dafür zahlen. Guckt euch Schalke an. Ja? Hamburg und so weiter, brauchen wir gar nicht weiterreden. Ne? Deswegen für mich völliger Schwachsinn, dieses Ding. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Außer, dass vielleicht irgendwelche, wie bei der UEFA oder FIFA, irgendwelche oberen DFL-Granten sich da einen Teil von in die eigene Tasche schieben wollen. So, dann verstehe ich den Drang dahinter, aber aus Fansicht, auch aus logischer Clubsicht, ich verstehe es nicht. I don't know. Ich raff's nicht. Was da der Sinn sein soll. Ja, Schalke verstehe ich, dass die dafür sind. Jemand hat keine Kohle mehr, Alter. Aber ich verstehe es nicht. Ja, noch nicht mal 1 Milliarde. Also ich habe gelesen, 800 Millionen bis 1 Milliarde für 20 Jahre. 6-7% der TV-Rechte. Also alles, was du dann einnimmst, keine Ahnung. Wenn du von 10% ausgehst, dann willst du sogar noch Minus machen. Ja? Je nachdem, wie weit die Bundesliga runtergeht. Aber aktuell haben wir ja noch knapp 1 Milliarde gekriegt, glaube ich. Pro Jahr TV-Rechte, wenn du davon dann 10% wegnehmen würdest, wären 100 Mille, dann hättest du nach 10 Jahren, hättest du das mit der Investor schon plus machen. I don't know. Bild, ich weiß es nicht. Aber klar, bei uns geht's aktuell eher runter von den TV-Einnahmen, auch zu Recht. Weil die Fans werden schon genug gemolken, Alter. Aber nochmal, ich sehe den Sinn darin nicht, jetzt zu sagen, keine Ahnung, der Club und der Club braucht jetzt irgendwie gerade die Finanzspritze, um irgendwelche Rückstände aufzuholen. Also sind wir so weit hinten? Ich denke nicht. Guckt euch Europapokal aktuell an. Also wild, oder? Bei 8% Inflation, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Also keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Mbappé für die Bundesliga, ja. Reicht für eine Saison, ja. Das war's dann auch. Das mit dem Investor macht genauso viel Sinn, dass Beckenbauer noch nie einen Sklaven in Katar gesehen hat. Meines Erachtens selbe Schiene. Ja, ist auch so. Freiburg hat dagegen gestimmt. Nach einschlägigen Kreisen, die wirtschaften halt ehrlich und wollen den schnellen Reibach nicht. Ja, ich verstehe es. Ich sage ja, ich sehe auch keinen Sinn da drin. Also ich persönlich sehe keinen Sinn darin, was das irgendwie helfen soll. I don't know. Guck dir die ganzen Beispiele an. Genau, Hertha, Hamburg, wo alle dann irgendwelche privaten Investoren da waren. Schalke mit dem Tönnies. Es ist halt komplett sinnfrei. Also ich weiß ja, wenn es jetzt einen Grund dafür gäbe, zu sagen, ja, wir haben, keine Ahnung, 50% aller Clubs kommen nicht klar, sind hochverschuldet, stehen vor der Insolvenz. Lasst uns aus Solidarität, um diese Clubs alle auf einmal zu retten, ja, um den deutschen Fußball irgendwo auf einer gewissen Schiene zu halten, lasst uns sowas machen.
dann hätte ich ja noch einen Sinn dahinter. Dann würde ich ja sehen, einen Grund, ja, kann man machen, kann man da mitgehen. Aber einfach so aus dem Nichts, ja, wir müssen jetzt unbedingt Geld erwirtschaften, damit wir international nicht abgehangen werden. Es gibt keinen Grund, Alter. Es gibt keinen Grund. Nee, das war eine anonyme Wahl angeblich. Also was ich gelesen habe, war das eine anonyme Wahl. Also kannst du das nicht einsehen, wer ja oder wer nein gesagt hat. Der Fußball ist nichts anderes als ein Geschäft, ja, da hast du recht. Jeder will was vom Kuchen haben, ja. Irgendwann haben wir Verhältnisse wie in den amerikanischen Sportarten nicht schön, wird aber so kommen, genauso wie die Super League. Ich bin absolut dagegen und finde das traurig, aber wir werden es nicht aufhalten. Ja, wir werden sehen. Ja, aktuell, ne, kostet das so viel, aber es soll ja runtergehen. Keine Ahnung, wie gesagt, für mich ist es, ich sehe keinen Grund darin. Wenn ich nach Spanien schaue, das streamen die mittlerweile aus der Kabine, kurz Interview, 90 Sekunden vor Anpfiff, etc., alles wegen dem Investor. Ja, na klar. Du wirst keinen Investor finden, der das macht, so wie das dargestellt wird. Der sagt, ich zahle euch das Geld ohne Mitspracherecht. Das wird keiner tun. Also, da müssen wir uns ja alle nichts vormachen. Ja, 24 haben Ja gesagt und 24 mussten Ja sagen, damit es umgesetzt wird. 2/3 halt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Geld verteilt wird. Frag mich nicht, soweit bin ich ja nicht drin im Thema. Aber wofür braucht die DFL Geld? Wer ist die DFL, Alter? Ja? Wild. Ja, das haben sie halt dann gemacht, weil es beim letzten Mal nicht durchkam, der Abstimmung. Deswegen haben sie es wahrscheinlich jetzt anonym gemacht. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, Leute, es ist alles wild, ne? Fußball geht halt immer weiter in dieses Geschäftsding rein. Da können wir uns ja alle nicht von ausnehmen. Und das ist leider schon sehr traurig teilweise. Und wenn dann jetzt auf 50+1 fällt, dann wird es wild werden. Ein paar Namen wurden genannt, ja. Ist ja Frage, welche Quelle das ist, ne? Ja, so ist das leider. Die Geld können Mbappé 2 Monate zahlen. Ach, herrlich. Gut, Leute. Ich habe schon 34 Minuten überzogen, ey. Das war's heute. Sehr intensiver Stream. Und dann schauen wir mal, was morgen auf sportlich passiert. Ergebnis ist ja eher zweitrangig, aber die Art und Weise ist interessant morgen und die Aufstellung halt. Was da passiert, bin ich sehr gespannt. Gut, damit mache ich Feierabend und ja, dann ist Sonntag wichtig. Ja. Allerspätestens sehen wir uns nächste Woche Montag wieder im Stream. Wer weiß, vielleicht auch vorher, je nachdem, was unter der Woche noch so Hektisches passiert. Das haben wir mal dahingestellt. Ach, herrlich. Leute, ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch. Mir hat super viel Spaß gemacht. Auch die vielen Meinungen zu lesen, auch ein paar andere Meinungen zu lesen. Und ich bedanke mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, wir sehen uns in den Kommentaren auf YouTube oder im nächsten Stream. Und ja, ich halte die Augen offen, GB, wegen Flitzer. Wehe nicht, Kollege. Aber dann mit Werbung auch drauf, ne? Mit Red Munich Werbung für YouTube, bitte. Wenn schon, denn schon. Haut rein, Leute. Schönen Abend wünsche ich euch auch.